ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf. Oh, das Licht ist gerade nicht so gut, ich sehe so ein bisschen gräulich aus. Ich bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen kränklich. Erstmal Servus, Glück auf, herzlich willkommen zu Ich kommentiere eure Kommentare-Video zum Spiel bei Bayern 04 Leverkusen. Ich habe gestern die Kommentare schon mal so ein bisschen überflogen, weil da waren es nur halb so viele wie jetzt. Von daher erstmal an alle Neuen hier auf dem Kanal herzlich willkommen. Ja, zuerst habe ich zwei Sachen, die ich sagen muss. Erstens möchte ich mich dafür entschuldigen, für die Beleidigungen, die ich losgelassen habe. Das gehört sich natürlich nicht. Ja. Das versuche ich auch weiter in den Griff zu kriegen, aber nach dieser katastrophalen Leistung und diesem Jahr, wo man sich die Scheiße jedes Spiel wieder und wieder anguckt, ja, ist dann einfach das Maß voll gewesen. Für meine Emotionalität möchte ich mich natürlich nicht entschuldigen, aber die Wortwahl hätte man halt teilweise natürlich besser treffen können. Die andere Sache, was ich ein paar Mal gelesen hatte, werden wir bestimmt ja auch nochmal lesen, warum man nicht einfach Leverkusen das gönnen kann oder warum man das nicht akzeptieren kann, dass es die bessere Mannschaft war. Wer sagt, dass das nicht passiert? Ja, also ich weiß nicht, wie sich hier irgendwelche Leverkusener oder andere Fans von anderen Vereinen den Eindruck haben können. Also gönnen tue ich den Leverkusenern das nicht. Ich gönne keinem anderen Team irgendwie 3 Punkte oder einen Sieg wie meinem Team. Ja, das ist einfach so, sonst wäre ich auch ein schlechter Fan. Aber natürlich akzeptiere ich, dass Leverkusen gerade die beste Mannschaft ist. Ja, und den besten Fußball spielt. Wir spielen Grottenfußball. Selbst Dortmund, Stuttgart und so weiter spielen besseren Fußball wie wir. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ja. Also mit sowas zu unterstellen, ist halt lächerlich. Nein, ich gönne den Leverkusenern nicht die Meisterschaft. Warum sollte ich einen anderen Verein wie meinem Verein irgendeinen Titel gönnen? Ja, was soll das? Sie spielen den besten Fußball, sie werden deutscher Meister werden, nach meiner Meinung nach. Und dann gratuliere ich ihnen und zoll ihr den Respekt, den sie verdienen. Aber gönnen, nein. Gönnen tue ich alles meinem Verein und keinen anderen Verein. Aber das sollte klar sein, ja. Also was wäre ich für ein Fan, wenn ich es anders sehen würde. Ja, das wollte ich nur mal klargestellt haben. Ich denke, ich habe im Video auch klar gesagt, dass Leverkusen hochverdient gewonnen hat und Leverkusen spielt den besten Fußball aktuell und steht zu Recht da, wo sie stehen und dass wir mit unserem Scheißfußball, den wir spielen, überhaupt da stehen, wo wir stehen, ist eigentlich der größte Witz, ne? Also die beiden Sachen wollte ich nochmal klarstellen und damit gehen wir jetzt mal rein in die Kommentare. Ja, für alle, die neu dabei sind, zu der Spielbericht nach dem Spiel, meine Meinung danach, dann kommentiere ich immer die Videos in Videoform. Mal eben die Logos hier einen Tacken kleiner, dass sie da nicht so die Schrift wegnehmen. Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Es ist ja leicht eskaliert, dieses Video, mit über 30.000 Aufrufen und irgendwie über 600 Kommentaren. Wie gesagt, ich gehe immer nur auf den Hauptkommentar ein. Aus den Diskussionen, die ihr führt, halte ich mich raus, sonst würde ich hier wahrscheinlich länger wie die 2 Stunden, die ich nur Zeit habe gerade. Ich bin gespannt, ob wir durchkommen. Gut, gehen wir rein. Ja, das geht ja schon gut los. DLG Musik. Meiner Meinung nach erleben die Bayern heute das, was sie eigentlich bereits letzte Saison hätten erleben müssen. Nur, dass Dortmund zu dumm dafür war, die Fehler der Bayern zu bestrafen. Leverkusen ist es nicht. Ich finde, dass die Bayern den Tapetenwechsel, der jedes Team alle paar Jahre erlebt, total verpennt hat. Ja, ist richtig. Die meisten Spieler, die auf dem Papier Weltklasse sind, haben ihre Mission beim FCB erfüllt und da ist auch kein Sprit mehr im Tank. Egal wie sie heißen, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sané und so weiter. Müller würde ich da ein bisschen rausnehmen, ansonsten bin ich da bei dir. Mit diesen Spielern wird man auf dem höchsten Niveau nichts reißen und selbst auf unterklassigem Niveau hat man in dieser Saison nichts gerissen. Nicht, dass diese Spieler nichts drauf hätten, aber die Aufgabe, die diese Namen beim FCB hatten, ist vollendet. Da wird nichts mehr gehen, auch ein Davis ist im Kopf schon lange nicht mehr in München. Das weiß ich nicht. Ich tue mich da bei manchen Spielern ein bisschen schwer, das an den Spielern festzumachen. Ja, aber kommen wir vielleicht nochmal später zu. Dazu kommt, dass man sehr seltsame Entscheidungen trifft und keine Spieler holt, die die nächste Ära bilden könnten. Daher ist wieder einmal ein Transfer vom Stile von Blind oder damals Serdar Taski. Nee, das sehe ich ein bisschen anders.
Min-Jae nehme ich da raus. Auch ein Boye könnte mit der Zeit wichtig werden, wenn man ihn korrekt einsetzt. Aber ein Mazraoui oder Upamecano wird den FCB nicht prägen. Ein De Ligt vermute ich auch nicht, da er gefühlt jedes dritte Spiel für Wochen ausfällt. Ein Harry Kane wird 3 bis 4 Jahre bleiben und wieder gehen. Boah, ich glaube noch nicht mal, dass der 3 bis 4 Jahre bleibt. Neuer hat auch keinen längeren Weg vor sich. Mit Tell, Musiala und Pavlovic stehen aktuell 3 Namen im Kader, von denen man sich etwas erhoffen kann. 3. Und das war's dann auch schon wieder. Heißt leider nichts anderes, dass der FC Bayern sehr, sehr vieles verpennt hat. Weil es irgendwie immer gut ausgegangen ist und man geglaubt hat, immer noch mit der Elite mithalten zu können. Vielleicht wäre es langfristig besser gewesen, wenn man letzte Saison bereits auf die Schnauze gefallen wäre. Ja, das Traurige ist, wir sind ja letzte Saison auf die Schnauze gefallen. Nur das haben die Verantwortlichen halt nicht so gesehen. Ja, also jeder, der ein bisschen Ahnung vom FC Bayern hat, hat den schlechten Fußball und die geschenkte Meisterschaft und die Leistung da schon realisiert. Ja? Aber ja, wie du schreibst, kann ich dir leider nur zustimmen. So gesehen haben die Dortmunder am meisten den Bayern geschadet, indem sie die Meisterschaft verzockt haben. Ich weiß nicht, ich könnte da noch eine Personalie nennen. Nun fällt man in dieser Saison erneut hin. Möglicherweise ist das auch nötig und vielleicht dauert es dann auch eine Weile. Aber meiner Meinung nach wird genau diese Saison, in der vermutlich gar nichts gehen wird, die nächste Ära der Dominanz einläuten. Trotzdem darf ein Weltverein wie der FC Bayern so eine Phase nicht verpennen. Das, was Real Madrid vor 1 bis 2 Jahren eingeläutet hat und jetzt gerade mittendrin steckt, hätte der FCB auch tun müssen, hat man nicht. Und heute bekommt man leider diese Quittung. Oder die Quittung. Ja, im Großen und Ganzen stimme ich dir dazu. Habe ich aber auch schon letzte Saison gesagt, habe ich im Saisonabschluss Fazit gesagt, dass der Umbruch jetzt kommen muss. Das habe ich schon vor 2 Jahren gesagt, dass der Umbruch kommen muss. Und ja, Spieler wie Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, die haben unterm Flick 6 Titel gewonnen, haben auf Vereinsebene das höchste Maß erreicht, was man erreichen kann, titeltechnisch. Ja, auch wenn es in der Corona-Saison war und das muss jeder für sich beantworten, wie er den Stellenwert sieht. Na klar haben die Motivationsprobleme und na klar hätte ein Tapetenwechsel gut getan. Ne? So, und klar hat der Verein das komplett verpennt. Ja, 100% true. Tuchel hat fertig, GB. Wieder einmal die Taktik nur am Gegner ausgerichtet und verloren. Die Mannschaft war schwach wie eine Flasche leer. Was erlaubst du uns? Und wer ist schuld? Natürlich Juan Bernat. De Ligt, 90 Minuten auf der Bank, kannst keinem erzählen. Nee, kannst du auch wirklich keinem erzählen, ne? Ich hab's ja, das ist ja wieder der Hammer, ich hab's dem Taktikfuchs ja vorher gesagt. Dass ein De Ligt wahrscheinlich auf der Bank sitzen wird. Ja. Jared Berger, das Tor von Stanley ist das Dankeschön gegenüber Tuchel, der ihn hat gehen lassen, ohne sich zu überlegen, ob ein Pavard bleibt oder auch nicht. Es hat mich gefreut, dass er das Tor gemacht hat, wenigstens ein Bayern-Spieler, der dieses Jahr Meister wird. Ja, gefreut hat es mich jetzt nicht, dass er das Tor gemacht hat. Für ihn persönlich natürlich schon, aber ja. Tricks im Kopf. Ich denke, jetzt haben es alle verstanden, was unser Problem ist. Kein Konzept, keine Spielidee, keine Eier, ein Trainer, der planlos ist. Spieler, die nicht auf ihrem Niveau sind, Einzelleistungen bringen halt nichts, Kopf hängen lassen und. Echt erbärmlich. Trifft's ganz gut. Leverkusen 4 Kilometer mehr gelaufen und hatte das Spiel in der Woche und Xabi hat die Pressekonferenz sehr genossen. Ja, zu Recht. Zu Recht. Danke für die Erklärung. Ich hatte auch das Gefühl, dass die auf jeden Fall eine Ecke mehr gelaufen sind. Und dass ein Xabi das genossen hat auf der PK, hat man ihn angesehen und auch zu Recht. Das darf er auch genießen. CB, bin ich deiner Meinung, absolute bodenloseste Leistung nach Jahren und das in einer absoluten Topspiel. Ich bin genauso mit Ruhe fertig, es langt. Ja, nochmal, wir hatten nicht eine Torchance. Ja, wenn du teilweise Artikel gelesen hast, ja, Bayern hatte sehr wenig Torchancen. Nee, wir hatten gar keine. Wir hatten einfach keine Torchance. Punkt. Und das ist, ja. Aber, was soll ich noch? Ich habe in dem Video das gesagt. Optimus Prime, das ist einfach keine Mannschaft. Das sind 11 Einzelspieler, die nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, aber selbst das ist doch dann eine Trainergeschichte. So, erstmal muss ja der Trainer erstmal die 11 Spieler aufstellen, die er aufstellt. Ja. Und wenn dann die Spieler, die auf dem Platz sind, nicht wissen, was sie sich zu verhalten haben, gerade vorne, ja, an wem willst du das festmachen? Andys Garage. Mir ist unbegreiflich, wie Thomas Tuchel im Fußball so gehypt wurde, egal wo er war.
Weiß ich nicht, kann ich wenig zu sagen. Ich habe mit Tuchel nicht wirklich so... Ich fand ihn in Dortmund gut, keine Frage. Paris und Chelsea hat man halt nur so die Titel mitbekommen und so ein bisschen sein Verhalten, aber ja, ich war guter Dinge, wo er gekommen ist. Kurz und knapp zusammengefasst, es kracht. Anscheinend ja noch nicht wirklich. Gerald Berger, Müller hatte es gesagt nach dem Spiel, uns fehlen die Eier. Wir sind ins Spiel gegangen mit dem Hintergedanken, nicht zu verlieren, anstatt zu denken, wir wollen gewinnen. Und diese fehlende Wille macht am Ende den Unterschied. Naja, Tuchel hat ja gesagt, Karten auf den Tisch. Ich denke, die haben die Karten auf den Tisch gelegt und haben gesehen, was los ist. Bernd Lober, die Optionsarmut der Bayern mit Ball war schockierend. Leverkusen hat das recht locker nach Hause gespielt. Die Analyse ist hart, aber gerecht. Ja, aber diese Optionsarmut, wie du es nennst, sehen wir schon die ganze Saison. No. Das ist nicht nur Leverkusens Verdienst. Wie gesagt, du brauchst gegen uns nichts machen, außer dich hinten reinstellen. So, jeder, der denkt, das Spiel gegen Bochum wird einfach am Sonntag. Omid Hassimi? Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Bei Goretzka hat man das Gefühl, dass er gar nicht weiß, was er mit dem Ball anfangen soll. Er ist wahrscheinlich froh, gar nicht angespielt zu werden. Leimer fehlt einfach. Ja, ich denke, das ist ein generelles Problem aktuell. Jeder, der den Ball hat, ist die ärmste Sau auf dem Feld. Weil einfach keine Bewegung da ist, keiner irgendeine zündende Idee hat. Und dann war gegen Leverkusen noch das Problem, dass auch kein Zehner da war. Wo sollte der Ball hin? Ja, also, war schon wild. Der Kommentar, wenn wir jetzt auch noch gegen Lazio verlieren, ist die Saison gelaufen. Das war es dann für Tuchel. Die titellose Saison wird uns gut tun. Wir müssen im Sommer einen Umbruch machen. Auf die Arbeit von Eberl bin ich gespannt. PS, was macht Neuer da vorne bei einem 0:2? Das dritte Tor war geschenkt. Ja, bin ich bei dir. Wenn wir gegen Lazio verlieren, ist die Saison gelaufen. Gut, erstmal gibt es ja Hin- und Rückspiel. War mal abwarten. Ob es das dann für Tuchel war? Ja, I don't know. Ich weiß nicht. Bin ein bisschen schockiert, dass der so anscheinend gar nicht in der Kritik steht. Von daher glaube ich das noch nicht mal. Dann, ich meine, wie er letztes Jahr schon fast alle 3 Titel verspielt hat und dann die Hinrunde war auch wieder grottig und er stand da nicht einmal zur Diskussion anscheinend im Verein. Trotz vieler dummer Personalentscheidungen, ich weiß nicht, was da aktuell los ist. Ganz wild. Gerald Berger, wie kann man eine eingespielte Abwehr, wenn auch nicht seit lange, für dieses Spiel so wechseln? Warum ein Upa, der vielleicht nicht einmal der Schlechteste war, und ein Kim zusammen auf dem Platz waren dabei, die seit Dezember nicht mehr zusammengespielt haben, ist mir ein Rätsel, verstehe wer wolle. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass ein Minjay in Dyer noch nicht jemals kannte. Ja? Wir haben einmal zusammen trainiert. Also, obwohl das jetzt nicht der Grund war, warum wir das Spiel verloren haben, muss man fairerweise auch sagen. Also nicht die Abwehr da hinten. Ein gutes Spiel, um einigen, Mr. Universe, ein gutes Spiel, um einigen Fans mal zu zeige, was passieren kann, wenn man eine uneingespielte Elf auf den Platz schickt. Wir waren völlig desolat und unsicher. Und das, obwohl der große Sündenbock Kimmich die ersten 60 Minuten gar nicht auf dem Platz stand. Wahnsinn. Ich dachte, wir schmeißen Kimmich einfach heraus und alle Probleme sind gelöst. Deshalb wechseln viele Trainer ungern auf vielen Positionen oder vertrauen auch mal Spielern im kleinen Formtief, weil zu viele Veränderungen ebenfalls ein großes Risiko birgt. Im Taktikfuchs sind Spieler wie Davis, Coman oder Kimmich immer wieder aus der Startaufstellung geflogen, denn wer braucht schon ein eingespieltes Team? Nee. Das ist gerade leider Schwachsinn, was du mir unterstellst, weil ja, guck dir die Spiele ohne Kimmich an. Die haben wir alle souverän gewonnen. Punkt. Guck dir die Spiele mit Kimmich an. So, ja. Wir können das jetzt gerne umdrehen. Wir können Pavlovic, Kimmich nehmen. Bin ich bei dir. Aber Kimmich da als alleinigen Sechser hinten, wenn dann so ein Goretzka weiter offensiv war grottig. So, weil Kimmich diese Rolle einfach nicht gespielt hat. Und wir haben dann auch immer in der Viererkette gespielt, nicht in der Fünferkette. Und ja, mit Kimmich war das Spiel einen Tacken besser gegen Leverkusen, wo Kimmich mit Sicherheit einen Teil zu beigetragen hat, aber natürlich auch viel Müller. Aber einfach lag es an der Systemumstellung, die wir wieder hatten. Ja? Also guck dir die ersten 60 Minuten an. Wir hatten halt keine Anspielstation in der Mitte, weil wir keinen Zehner auf dem Feld hatten. Also das jetzt als Argument zu nehmen, ach ja, der Kimmich hat einmal jetzt nicht gespielt und dann so eine Leistung wurde gezeigt, fühle ich persönlich nicht. Aber kannst du gerne als Argument für Kimmich sehen, aber das Spiel wäre mit dem Kimmich nicht anders gelaufen.
Aber auch nur meine Meinung. Aber das in Taktikfuchs jetzt zu sagen, nee, man geht nach Leistung und nicht, ob eine Mannschaft eingespielt ist. Was soll der? Jetzt mal ernsthaft. Wir reden nicht davon, dass es ein neuer Spieler ist, der gerade einen Tag im Training ist. Ja. Also wenn da 15, 16 Spieler, was deine erste Elf sein sollte, guck dir die Geschichte Leverkusen als Beispiel an, wo das halt auch so war, kann das kein Argument sein. Punkt. Was ist das für ein Argument? Zu sagen, ja, nee, die sind nicht eingespielt. What the fuck ist das für ein Argument, Alter, wenn wir darüber reden, dass ein Kader 15, 16 Stammspieler haben sollte? Ja, das wurde bei uns ignoriert, weil Tuchel immer die gleichen 11 Starts spielen lassen und die immer scheiße gespielt haben. Da bringt auch die ganze Eingespieltheit nichts, weil wir im Training top sind und im Spiel das nicht hinkriegen. Aber Hauptsache, wir sind eingespielt, oder was? Was ist das denn für ein Argument, Alter? Und wenn Davis scheiße ist, ein Coman oder ein Kimmich scheiße ist, weil sie seit 1,5 Jahren keine Form haben, mal abgesehen vom Coman, wo das jetzt erst seit Tuchel der Fall ist, dann komm doch nicht mit dem Argument Eingespieltheit. What the hell? Willst du mir jetzt sagen, wenn das Spiel gegen Leverkusen verloren war, wenn nicht eingespielt waren? Was ist das denn für eine Logik? Ja, die Fünferkette war vielleicht nicht eingespielt, das ganze System war nicht eingespielt. Aber du kannst ja jetzt nicht eine Systemumstellung bringen, als wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt mal den linken oder rechten Flügelspieler raus. Weil er eine schlechte Form hat. Reden wir dann von Nicht-Eingespieltheit, oder was? Du kannst doch nicht eine Nicht-Eingespieltheit mit einem System, was wir seit dem Nagelsmann weg ist, nicht mehr gespielt haben, vergleichen mit, dass ich mal einen Spieler austausche, weil er keine Form hat. Also wirklich. Also das ist jetzt aber ein wildes Argument, oder? Ich hoffe, das merkst du selber, ey. Wild. Boje sollte für viele schon letzte Woche gestartet, genau wie der 19. Pavlovic von vielen schon zum unangefochtenen Stammspieler erklärt wurde. Ja, ich denke nicht, dass es an Boje gelegen hat oder an Pavlovic. Also ich denke, Pavlovic war noch neben Dyer der einzige Lichtblick in unserer Mannschaft. Und Boje war auf links halt völlig überfordert. Ja, ich denke mal, er hat in der zweiten Halbzeit auf der rechten Seite, wo er endlich das spielen durfte, gezeigt, dass er ein guter Spieler ist. Ja, also, das sind auch Argumente. Die Welt scheint doch nicht so einfach zu sein. Wir wurden heute komplett gegen die Wand gespielt. Ein Trauerspiel, das seinesgleichen sucht. Leverkusen ist und bleibt die stärkste Mannschaft dieser Saison. Falls sie dieses Niveau halten und nicht einbrechen, werden sie verdient deutscher Meister. Schade für uns, traurig für Kane, gut für die Liga, am Ende sogar gut für viele Bayern-Fans. Schließlich leiden einige unter gigantischen Realitätsverlust und wissen gar nicht mehr zu schätzen, was es bedeutet, Spiele zu gewinnen. Man gewinnt 3:1 gegen Gladbach und Leute regen sich über die Spielweise auf. So witzig. Ich sag ja schon lange, manche Leute mal eine titellose Saison brauchen und diese scheinen zu kommen. Ja, Thema Leverkusen stimme ich dir zu. Thema gigantischen Realitätsverlust. Ich weiß nicht, ob das gegen mich gemeint ist. Wenn dem so ist, ja, ist mir das Wurst. Ja, jeder hat da eine andere Einstellung. Habe ich schon 100-mal erzählt. Ich erzähle es gerne nochmal. Wenn dir das reicht, dass der FC Bayern Spiele 2:1 gewinnt, 3:1 gewinnt, 5:1 gewinnt und das ein Grottenfußball ist, wo man keinerlei System oder Entwicklung sieht, dass er ein Trainer ist, wo jeder Spieler schlechter geworden ist, seitdem er da ist das völlig fein. Ja, da muss man aber nicht anderen, denen das nicht reicht, die vielleicht ein bisschen tiefer blicken, einen von Realitätsverlust erzählen. Ob du jetzt mich damit meinst oder jemand anders, ist mir Wurst. Nee, warum? Nur weil man andere Ansprüche hat an seinen Verein, als zu sagen, oh ja, ist mir scheißegal, wie wir die Spiele gewinnen, Hauptsache wir gewinnen die Spiele. Ja, ich denke mal, dass man ja auch die Quittung jetzt gerade mal wieder bekommen hat. Und nicht zum ersten Mal in dieser Saison und nicht zum letzten Mal in dieser Saison. Wenn man einfach schlechten Fußball spielt, ja, durch individuelle Qualität haben wir dann die Punkte geholt, um da oben zu stehen, wo wir stehen. Ja, da kannst du dich bei Harry Kane bedanken in erster Linie, in zweiter Linie vielleicht für die 10, 15 guten Spiele von Leroy Sané und das war's. Ja, so ist der Stand der Dinge. Und dann ist das, was jetzt gerade ist, die logische Konsequenz. Wie willst du gegen so eine starke Mannschaft wie Leverkusen gewinnen? Ja? Oder generell gegen Mannschaften, die als Mannschaft auftreten? Ja. Das hat aber nichts mit Realitätsverlust zu tun. Das hat was mit Anspruchsdenken zu tun und wenn du dann einen anderen Anspruch hast, ist das völlig fein für mich. Unterstell dir ja auch nicht Realitätsverlust. Also. Motos. Dani hat uns heute auseinandergenommen und hat den Tuchel gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn zu verleihen. Während unserer Saisonvorbereitung galt er auch noch als einer der Gewinner, bevor der Tuchel ihn verliehen hat. Für Dani muss das eine absolute Genugtuung sein. Ja. Neussander, ich dachte mir, die Abwehr ist schlecht, aber wie schlecht ist eigentlich das Mittelfeld? Die kreieren so wie gar keine Chancen. Dann bringt er auch noch Schupo, wenn man besser
bessere Spieler auf der Bank hat und Kane tut mir echt leid, der hat, glaube ich, einen Pass auf sich bekommen oder so. Ja, nochmal, wir haben halt ohne Zehner gespielt. Über 60 Minuten. Dann ist halt, wenn Goretzka unser kreativer Spieler im Mittelfeld sein soll, was nicht seine Aufgabe ist, was auch nicht sein Spielstil ist, dann sieht das halt so aus, wie es ausgesehen hat. Punkt. Leicester, also dieses Spiel war ein absolutes Trauerspiel. Hab ja nur durch dich angefangen, den FC Bayern Woche für Woche zu verfolgen. Davor war ich ja eigentlich nur als Gast bei den Niederlagen des SC da. Leicester, habe ich gesagt. Ne? Tuchel hat heute einen rausgelassen, hat sich an Leverkusen angepasst, was die Taktik anging. Aber wie hat es Thomas Müller so schön im Interview gesagt, die Taktik macht der Trainer, aber den Willen müssen die Spieler auf den Platz bringen. Und die sind abgesehen von den jungen bzw. neuen Spielern immer eine Schlaftablette auf dem Platz. Da wird am Mikrofon nochmal was abgelassen, aber auf den Platz bringen es nur ein Tell, ein Müller oder auch ein Dyer. Was machen die Führungsspieler, die sich selbst dazu erklären? Die tauchen einfach ab. Ja, habe ich gleich eine These zu. Und sobald der FC Bayern den Gegner ins letzte Drittel spielt, ist Standfußball das Spielprinzip. Ja, leider Gottes. Da wird nicht gezockt, da spielt man keine Leidenschaft, keiner traut sich was, bloß keine Fehler machen. Da wird dann müde hin und her gespielt. Und zu Manuel Neuer kann ich heute nichts sagen. Was war das? Der hat ja mal sowas von Fehl am Platz. Naja, wenn ich zum SC gucke, ist die Rückrunde nicht besser, aber das ist ein anderes Thema. Trade Grüße aus dem Schwarzwald. Ja, Grüße zurück erstmal. Ja, ihr habt ja gerade auch keine leichte Phase, aber ja, wie du schon sagst, anderes Thema. Zu dem Thema Führungsspieler, die sich selbst dazu erklären, die einfach abtauchen. Ja, ich denke, dass Tuchel so ein Goretzka halt echt demontiert, so ein De Ligt demontiert. Kimmich habe ich schon mal ein paar Mal drauf eingegangen, was da vor der Saison gelaufen ist und so weiter. Dass das nicht irgendwie eine gute Bindung zum Trainer darstellt, sollte klar sein. Dass die Spieler dann abtauchen und sich nicht so dagegen stemmen, weiß ich nicht. Ist vielleicht unterbewusst ein bisschen, ich weiß es nicht. Es wäre natürlich ein Trauerspiel, wenn gewisse Spieler vielleicht nicht 110% geben unter diesem Trainer, ja. Aber vielleicht auch irgendwo menschlich, wenn man kein Vertrauen spürt, dann verrichtet man seine Arbeit auf einem normalen Level, sag ich mal, aber mehr auch nicht. So, weißt du? Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Ich denke, da ist viel im Argen. In der Mannschaft, mit dem Trainerteam, mit dem ganzen Kuddelmuddel, was im Verein war, die letzten Jahre. Ja, und das kommt alles zusammen. Ja. Und natürlich dann, dass man realitätsfern sich dahinstellt, die ganze Saison über das schön redet, dass wir der beste Zweite sind, obwohl der Fußball, den wir spielen, also das Spiel gegen Leverkusen war ja jetzt nicht besonders schlecht. So sehen alle unsere Spiele aus. Ja, so sehen alle unsere Spiele aus. Nur Leverkusen hat dann die Qualität nach vorne hin und uns auseinanderzuspielen. So, was viele andere Mannschaften sich entweder nicht zutrauen in München, haben wir ganz viele Mannschaften gesehen, die das gar nicht versucht haben, wo sie selber schuld waren, oder B, halt nicht diese Qualität haben, um das so umzusetzen. So, aber diese Leistung, die wir gezeigt haben, gerade in der Rückrunde, also das ist das Traurige. Wechselkauf, Tuchel hat sowas von fertig. Ich frage mich, was der beim Training macht. Ja, beim Training ist ja immer alles gut bei uns. 1, 2, 3, Apfel und Ei. Was wurde hier Kritik geübt? Jetzt zeigt sich, Kai hatte zu 100% recht in seinen Analysen. Da gibt es nichts zum rumzudeuten. Ja, was heißt recht in meinen Analysen? Nochmal, das muss ja jeder für sich beantworten. Der eine mag den Ergebnisfußball, ich persönlich halt nicht. Und wenn man die Entwicklung die letzten 2 Jahre beim FC Bayern sieht, ja, na klar können wir da nicht Tuchel alleine in die Verantwortung nehmen. Da gehe ich mit. Ja, da kannst du auch die halbe Mannschaft mit austauschen, das ist gar keine Frage. Aber warum man so ein Hackmack macht, wie es ein Tuchel vor dem Spiel getan hat, dann diese Taktik im Spiel, diese Hilflosigkeit nach dem Spiel zu sagen, ja, ich muss mir das Spiel erstmal angucken, um das zu analysieren. Das zeigt einfach, dass dieser Trainer leider nicht zum FC Bayern passt. Ja, Punkt. Und na klar kannst du gleich 5, 6 Spieler mit wegfeuern. Darüber müssen wir gar nicht reden. Ja, das liegt nicht nur am Trainer. Aber
Der Tuchel, er passt einfach nicht. Jeder Spieler ist schlechter unterm Tuchel. Jeder. Ausnahme Leroy Sané, der, ja, sag gut, er hatte seine 10, 15 guten Spiele. Seitdem ist da auch nicht mehr viel. Ja, also weiß ich nicht, ob man das noch als Ausnahme nennen darf. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Primaso ist enttäuscht von der Mannschaft. Herbert, ja, kann so auch sein. Melmonik, angefangen bei der Formation über die erneut nicht erkennbare Spielidee, Lauf- und Kampfbereitschaft einiger Spieler bis hin zu fragwürdigsten Personalentscheidungen. Wenn das Spiel heute einen Sinn hatte, dann hoffentlich, dass spätestens jetzt die Entscheider begriffen haben, dass man sich spätestens nach der Saison von TT trennen muss. Absolute Katastrophe. Wer jetzt noch glaubt, Tuchel und der FCB würde funktionieren, dem ist nicht mehr zu helfen. Sehe ich ganz genauso. Achtung, Wunschdenken. Am besten schnell Alonso klar machen für die nächste Saison, bevor Liverpool zugreift. Ich habe das Thema schon ein paar Mal gehabt im Stream. Ich glaube halt noch nicht mehr, dass ein Alonso unbedingt wechseln möchte. Stellt euch vor, er gewinnt jetzt alle 3 Titel, spielt dann nächstes Jahr Champions League. Vielleicht will er die Champions League noch aufrollen mit Leverkusen, mit der Mannschaft, die er da entwickelt. Wer weiß das schon. Also immer mal abwarten. Ivan, was für eine Geschichte mit Stanisic. Ja, Karma ist ne Bitch. Raptor, so traurig es auch ist, aber deine Musiala-Parodie war Weltklasse. Ich habe so gelacht. Ja, da guck mal, hat da wenigstens einer gelacht. User, das schwarze Shirt passt zur Stimmung. Ich denke auch, dass es jetzt spätestens an der Zeit ist, über den Trainer nachzudenken. Leider werden die mit Tuchel vermutlich bis zum Saisonende durchziehen, weil man nicht nochmal so ein Bild abgeben will wie unter Nagelsmann. Das denke ich auch. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass Tuchels Zeit abgelaufen ist und jetzt Konsequenzen ziehen sollte und einen Schlussstrich ziehen sollte, zur Not mit einem Interimstrainer bis zum Saisonende. Ich bin da komplett bei dir. Und ja, ich denke das auch, dass das ein Faktor ist. Jetzt vorher, was letzte Saison mit Nagelsmann gelaufen ist. Ich habe auf deinen Talk sehnsüchtig gewartet. Gerard Berger, das freut mich. Ivan, in einem Topspiel experimentieren einfach ohne Worte. Wer will sich nicht von Xabi trainieren lassen? Ja, nochmal. Ich denke, Tuchel wollte den Move machen, um dann der gefeierte Star-Trainer wieder zu sein. So. Warum man diesen Move macht, nochmal mit Minje, der einen Tag erst wieder da war, mit dem Opa, der 2 Tage im Training war, nach einer schweren Verletzung. Mit dem Dyer, was noch nie zusammengespielt hat, als Kette hinten, mit dem Boyer auf der verkehrten Seite. I don't know. Also, man hat es dann gesehen, natürlich auch, weil Leverkusen platt war, logisch, aber dann nach den Wechseln, nach der Umstellung auf unsere Standardformation, war es auf jeden Fall einen Tacken besser. Ja, also, ganz wild. User, die Karten liegen auf dem Tisch und das Blatt war scheiße. Ja. VK, ich glaube, Bayern unter diesen empathielosen Trainer wird jetzt auseinanderfallen. Das wird in dieser Saison nicht die letzte Niederlage. Nee, wird's auch nicht. Es freut mich für Stanisic, dass er bei Leverkusen so gut aufgehoben und betreut ist und ich kann den Talenten bei Bayern nur so einen Wechsel empfehlen, da sie hier kaum Sonne zu sehen bekommen, nur einer der Gründe für die Saison. Ja, man sieht's ja auch, am Kretzig, der nach Austria gegangen ist und da auch gleich ein Bombenspiel gemacht hat. Auch der wurde bei uns einfach komplett tot ignoriert. Obwohl die Einsätze, die er hatte, auch okay waren. Ja, wenn nicht sogar gut teilweise. Also, ja. Aber so ist das halt. Philipp Metzger. Seit circa einem halben Jahr frage ich mich, inwiefern der Trainerwechsel etwas gebracht hat. Und jetzt kommt mir nicht mehr der geschenkten Meisterschaft. Sehe da einen Trainer, der von außen betrachtet eigentlich gar nicht mit der Truppe zusammenarbeiten will. Schade, dass es auch noch so offensichtlich ist. Danke für dein Video. Übrigens, Tuchel ist noch Trainer, weil man sich sonst dieses, ich zitiere, Hammer-Missverständnis eingestehen müsste. Ja, auch das könnte ein Faktor sein. Ja, man würde sich natürlich jetzt schon eine gewisse Blöße geben. Sind wir wieder beim E-Ball. Ich habe es damals, wo die ersten Spekulationen aufkamen, war der erste Take, den ich gebracht habe, wenn der E-Ball da ist, wird der Tuchel gefeuert. Und wenn man sich die aktuelle Entwicklung anschaut, ja. Dumbo Jumbo, Dyer seit 3 Partien top und das mit De Ligt versteht keine Sau. Ja. Nordcore, mich wundert ja, dass unser Welttrainer nicht zur Halbzeit das System umstellt und Boe Goretzka auswechselt. Wo war De Ligt heute? Wieso war er draußen? Aber Spieler, die 3 Wochen verletzt waren, spielen. Das soll mal
einer erklären. System und Spielidee, auf sowas warte ich seit Tuchels Ankunft. Hoffe, dass Eber neuen Schwung reinbringt und Sané, Gnabry und die anderen Geldgeier abserviert. Nur so kann es besser werden. Bisher seit Monaten sage ich, TT hat fertig. Der fliegt nur nicht, weil sie keinen Ersatz vor Sommer haben. Ach, Ersatz. Also Gefühl kannst du da im Moment einfach jeden hinstellen. Der wird einfach jemanden, der eine Spielidee hat, der die Spieler nach Leistung aufstellt. Und ich glaube, das könnte nicht schlechter aussehen, wie es jetzt aussieht. Also ich meine, du hast einen Harry Kane, der eine absolute Maschine ist. Und du versuchst ihn noch nicht mal ins Spiel einzubinden. Also allein das wird ja schon reichen, wenn da ein Trainer kommt, der sagt, ja, ich stimme mal das Spiel auf Harry Kane ab. Wir spielen ab jetzt mal mit Flanken. Oder wir spielen ab jetzt mal mit einer Kombinationsspiel mit Endstation Harry Kane. Mit einer Spielidee davon. Das alles haben wir doch gar nicht. Ja, das findet nicht statt, seitdem Tuchel da ist. Es gibt keinerlei Idee. Also, ganz wild. Fischi. Das Spiel hat mich an das Champions League Hinspiel gegen Manchester City erinnert. Es ist traurigerweise keine Entwicklung der Mannschaft zu sehen. Das große Tuchel-Problem ist, dass sich die Mannschaft bzw. Spielweise je nach Gegner und dessen Spielweise eingestellt ist. Tuchel ist kein schlechter Trainer, aber sein Fußball ist einfach am gegnerischen Fußball angepasst und es passt einfach nicht zum FCB. Stimme ich dir voll zu. Es ist keine eigene Spielidee zu sehen. Siehe bei Chelsea. Tuchel hat zwar die Champions League gewonnen, aber wir müssen hinterfragen, wie. Oft an den Gegnern angepasst, um eigene Konter einzufahren. Siehe Spiel gegen Real und City im Champions League-Finale. Diese Spielweise kann funktionieren, ist aber nicht der ideale Weg, Titel nachhaltig zu holen. Diese Spielweise passt zum FC Bayern nicht. Der FC Bayern braucht einen Trainer, der effektiv sein eigenes Spiel spielen will und einer klaren Spielidee wie Xabi Alonso. Damit werden auch die Fragen beantwortet, warum sich der FC Bayern so schwer gegen tiefstehende Gegner tut. Das ist einfach nicht der Bayern-Fußball und das ist das große Problem. Ich bin 100%ig gegen Tuchel. Ja, dann kann man leider nichts hinzufügen. Patrick, Interview Dresden. Am Trainerstuhl wird nichts geändert. Soeben in der Bild gelesen. Na dann, wünsche dem Verein viel Spaß für den Rest dieser Saison plus nächste Saison. Man kann einen Verein auch so zerfleischen und zerstören. Ihr macht das super. Mir tut Eber schon leid. Ja, nochmal, mein Take. Wenn der Eber kommt, ist der Tuchel weg. Markus Bickel. Ich sehe es genauso, bin einfach nur fassungslos. Proudmore Mokan. Ich bin ein langjähriger Fan des FC Bayern und hatte das Gefühl, dass die Mannschaft nicht mehr so gut ist wie früher. Das Team hat viele Schwächen. Es ist klar, dass Tuchel keine Antwort auf Alonsos Strategie hatte. Klar ist auch, dass Tuchels Philosophie nicht zur DNA des FC Bayern passt. Der Trainerwechsel allein reicht nicht aus. Der FC Bayern braucht einen Trainer mit neuen Ideen und neuen Spielern, die Mehrwerte einbringen können. Ich denke, der FC Bayern München braucht einen neuen Spieler, der Qualität in den Verein bringen kann. Ich denke auch, dass einige Spieler gehen müssen, weil sie entweder alt oder ineffizient sind. Ja, natürlich. Also das habe ich ja gerade auch schon mal gesagt. Es liegt mit Sicherheit nicht nur am Tuchel, aber ich denke, ein anderer Trainertyp würde aktuell aus der Mannschaft aber auch eine Menge mehr rausholen, als es gerade ein Thomas Tuchel kann. Rob, bin extra nach einem 23-Stunden-Flug aufgeblieben und wurde so gefickt. Ja, Rob. Das Leben ist manchmal eine Bitch, ne? Patriot Frank. Ich bin seit über 30 Jahren Bayern 04-Fan und habe leiden gelernt und kenne das Gefühl. Dass Bayern 04 diese Saison so gut ist, dass die einfach das bessere Team hat. Da passt einfach alles. Wenn Bayern 04 den Titel holen würde, wäre es verdient. Jo, stimme ich dir zu. T. Saman. Tuchel habe ich lange in Schutz genommen. Wir haben gegen die Top 3 der Liga nur 1,3 Punkte die Saison geholt. Wir hatten dieses Spiel die Gelegenheit, die Tabellenführung zu übernehmen. Ausgangslage, Tabellenführung oder Meisterschaft verspielen. Und wir haben es verkackt. Ich bin entsetzt, wie man diese Chance so aus der Hand schlagen kann. Tuchel kann nicht mehr in Schutz genommen werden. 0,3 statistisch erwartbare Tore im Topspiel sind ein Offenbarungseid. Was wäre alles drin, wenn man sich Frankfurt und Bremen nicht geleistet hätte? Richtig, man wäre Tabellenführer. Es ist so dumm. Nachtrag? Tuchel würde ich erstmal nicht entlassen, aber unter besondere Beobachtung stellen. Was die Sache mit Nagelsmann gezeigt hat, ist, dass Kurzschlussreaktionen mehr Schaden anrichten als nützen. Also wenn man sich den Fußball anguckt, wäre es keine Kurzschlussreaktion, Tuchel zu entlassen. Seit 11 Monaten ist, wenn überhaupt eine Entwicklung, dann eine negative Entwicklung zu sehen. Also das wäre keine Kurzschlussreaktion. Beim Nagelsmann, ja, gehe ich voll mit, war es eine Kurzschlussreaktion. Völlig überzogen, weil man da schon eine Entwicklung gesehen hat, wie ich fand. Und man darf nicht vergessen, weil ja auch immer diese Statistiken aufkommen mit
Punkte, Schnitt, Tore, Blasülz. Man darf halt nicht vergessen, Nagelsmann hatte kein Harry Kane. Ne? Rechne mal gerne Harry Kane bei uns raus. Dann wird's wild aussehen. Die Probleme im Trainerteam und im Kader müssen schonungslos analysiert und beseitigt werden. Aber Panikkäufe aller erstbester auf dem Markt verfügbarer Trainer bringen auch nichts. Die Sache sollte mit Plan angegangen werden. Wenn Trainer wechselt, dann am besten zum Saisonende einvernehmlich, möglichst wenig Unruhe. Nee, sehe ich leider anders. Ja, ich stimme dir zu. Man kann einen Trainerwechsel dann zur neuen Saison machen, dass der Trainer auch eine Vorbereitungszeit hat und nicht wieder so da den Feuerwehrmann spielen muss und so weiter. Da stimme ich dir voll zu. Das kann interimsmäßig, wir haben genug ehemalige Trainer in unserem Verein, das kann jeder mal eben übernehmen für ein paar Spiele. Also das sollte nicht das große Problem sein. Und diese Probleme zu analysieren und beseitigen, wie willst du das beseitigen, dass ein Trainer, ein De Ligt, ein Goretzka, ein Kimmich, ein Müller demontiert, klar öffentlich anders redet, aber man sieht es anhand den Aufstellungen und auch den Sätzen, die vor der Saison gefallen sind, was man dann ein bisschen relativiert, weil das nicht so geklappt hat, wie man sich vorgestellt hat mit den Neuverpflichtungen. Wie willst du die wieder ins Boot holen? Wie soll das funktionieren? Also die Spieler, die haben das abgehakt, das Thema Tuchel. So. Die werden entweder nächste Saison den Verein verlassen, oder es ist ein neuer Trainer da und dann wird sich's vielleicht überlegt. Ja? Also schwierig halt. Gabriel, die Entlassung von Nagelsmann werde ich niemals verstehen. Ja, zu dem Zeitpunkt zumindest. Bin ich komplett bei dir. Habe ich sie auch nicht verstanden. Primo, die Abneigung von Tuchel gegen De Ligt kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen. Für mich ist er der beste und teuerste Innenverteidiger der Mannschaft, ein Führungsspieler, zusammen mit Müller, an denen sich andere orientieren. Tuchel macht wirklich alles, um seine Position zu schwächen. Für mich ist das einer der Gründe, weshalb er das Team verloren hat. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Wie Red Munich sagt, man kann verlieren, gar kein Problem. Leverkusen ist diese Saison eine Top-Mannschaft. Aber dass man in 90 Minuten keine einzige echte Torchance kreiert, lässt tief blicken. Ja, wir können das ja noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Wir haben einen Schuss aufs Tor gehabt und das war diese Rückgabe von Mazraoui. Wir haben sonst keinen Ball aufs Tor gekriegt. Das frühe Gegentor habe ich eher als Chance gesehen. Danach gab es kein Taktieren, keine Ausreden mehr. Es fehlten jedoch Spielideen. Bayern ist aktuell keine Interessengemeinschaft, aber keine Mannschaft. Ist aktuell eine Interessengemeinschaft, aber keine Mannschaft. Ja, das Problem war halt einfach auch, dass keine Anspielstation auf der Zehnerposition vorhanden war. Ja, das ist die Mannschaft noch nie gespielt so. Frag mich nicht. Ich weiß nicht, warum wir da mit einer Fünferkette und 2 Sechsern spielen mussten. I don't know. Spätestens dann hätte man irgendwas ändern sollen, ja. Hättest du vielleicht einen Musiala oder hättest du einen Müller gleich für einen Goretzka gebracht, dass Müller dann den Zehner gibt und Pavlovic den alleinigen Achter oder Sechser, wie man sehen möchte, und alles wäre gut gewesen. Ja, dann hätten wir eine Anspielstation gehabt da vorne. Aber wir hatten ja gar keine Anspielstation. Sorgen machen mir die Neuen. Dyer war bislang okay, aber er ist kein Spieler für die Zukunft. Naja, ich glaube, er ist 30, oder? Weiß ich nicht. Warum kann ein 30-Jähriger nicht noch 2, 3 Jährchen spielen? Also. Bisher macht er einen super starken Eindruck, ja. Und bringt genau das, was uns gerade fehlt, so führungsmäßig. Lewis wird man nächste Saison ersetzen. Boyer war 3. Wahl und wird sich deutlich steigern müssen. Guerrero trifft keine Schuld, aber er hat nicht die Qualität von Davis in guter Form. Mit Sané hat man verlängert, das heißt Choupo und Gnabry sollten Platz für Tell und Zaragoza machen. Ob die wirklich gut genug sind, dazu Kimmich und Goretzka auf Formsuche. Ganz viele Baustellen in einem Team ohne Säulen. Freund und Eberl werden auch mit viel Geschick nicht alles in einer Transferperiode lösen können und es wird sehr viel Geld kosten. Noch ein Wort zu Leverkusen. Ich habe einige Spiele von ihnen zuletzt gesehen. Die späten Tore sind kein Glück. Bayer schafft es auch gegen tiefstehende Gegner eine Fülle hochkarätige Torchancen zu erzwingen. Die Tore sind logische Konsequenz und alle hochverdient. Dagegen spielt Bayern deutlich pomadiger, gerade wenn der Gegner dicht macht. Ja, also ich habe da keinen Zweifel dran. Ich habe das auch nie behauptet. Ich habe das auch immer so gesehen. Man muss nur an unsere dominanten, guten Phasen denken. Da haben wir auch späte Tore gemacht. Aber haben vorher auch irgendwie 10, 15 Chancen gehabt. Ja, man muss das, wenn man das so nennen möchte, Glück, dann erzwingt man das Glück einfach durch gutes Spiel. Und das tut Leverkusen. Und von daher, für mich ist das außer Frage, ja. Und daran sieht man halt einfach auch, ja, wir tun das halt. Wir haben halt kein gutes Spiel. Punkt. Mara, was wollte Neuer vorne? Er dachte auch, Tor zählt doppelt oder was? Ja, vielleicht war das seine Intention.
What aim? Ja, Glückwunsch an Leverkusen. Hoffentlich ist das der Startpunkt für den längst überfälligen Umbruch mit Harry als Kapitän und einem neuen Trainer. Kleine Anmerkung, lustig, wie kritisch der Dyer-Transfer gesehen wurde und wie viel Impact der im Vergleich zu anderen hat. Lieber ein ergebnistechnisch schlechte Saison, aber endlich mal wieder eine Mannschaft spielen sehen. Ja. Könnt mich da jetzt selber loben, ne? Meine Worte zum Dyer. Ja. Bringt genau das, ja, was man erwarten kann. Ne? Und man sieht auch einfach diese Gier, diese Hungrigkeit, weil er hat auch noch keine Titel gewonnen. Ne? Das fehlt bei vielen halt. DJ Ketzheim, aber das Wichtigste ist, dass der Trainer gut war. Ja. GB, Tuchel ist nur noch Trainer wegen Uli. Der ist ein bockiges Kleinkind und wird es Didi und Co. so richtig zeigen. Leider wird es deshalb auch keine Entlassung geben. Joa, mal sehen. The Mr. Crucifixion. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Erstens muss ich gestehen, das Spiel nicht gesehen zu haben. Da auf Arbeit wurde stets per Telefon vom Kumpel auf dem Laufenden gehalten und wie der abging und Tuchel rausgeschrien hat, da wusste ich freue mich mal auf dein Video umso mehr. Dass der Titel dieses Jahr wohl nach Leverkusen geht, sollte nun dem letzten auch mal einleuchten. Denke aber, dass es das braucht, damit wieder jeder Stein bei den Bayern umgedreht werden wird. Mal abwarten, wann die Bosse eine Krisensitzung haben und den Herrn Tuchel an die Seemer Straße bestellen. Kopf hoch, am Ende des Tunnels ist es auch wieder Licht. Danke für deine wie immer ehrlichen Videos. Ja, also wie gesagt, mich persönlich, klar, nach dem Spiel, ich habe mich da ein bisschen in Rage geredet und so. Wäre auch traurig, wenn es anders wäre, wenn ich hier sitzen würde und nüchtern da rum analysiere, wenn mein Verein gerade so gedemütigt wurde, wie er es wurde. Aber ansonsten sehe ich das schon realistisch. Ich weiß, ich sag's Woche für Woche. Ja? Es gibt immer nur Leute, die das nicht wahrhaben wollen. Die Ergebnisse, die wir erzielt haben, haben halt über den schlechten Fußball, den wir seit der ganzen Saison spielen, hinweggetäuscht. Ja, und das sind die logischen Konsequenzen daraus. Dass man nach Leverkusen fährt und einfach keine Chance hat. Und wenn man dann noch alles ummodelt, was man vorher die ganzen Zeit aufgebaut hat, ja, dann sieht das so aus, wie es ausgesehen hat. Max Gaudi, aber sei froh, dass du das Spiel nicht gesehen hast. Es nervt so sehr, dass wir vielleicht wegen Tuchel den Licht verlieren. Ich hoffe, die feuern Tuchel, bevor es dazu kommt. Ja, fände ich auch schade. Martin Mahn, ich habe es ja vor einigen Wochen schon geschrieben, beziehungsweise eigentlich seit Mitte letzter Saison. Tuchel und Bayern war nichts und wird auch nichts mehr werden. Es ist halt, wie du es auch öfter sagst, man erkennt einfach keinen Plan im Spiel, außer möglichst im Ballbesitz zu sein. Aber aus dem Ballbesitz wird halt in den meisten Fällen nichts, weil keine Kreativität da ist oder das Ganze vom Trainer verboten ist. Ich fand die Nagelsmann-Entlassung damals zu früh. Wenn ich heute sehe, wie wir spielen, bin ich mir sicher, dass unter Nagelsmann besser aussehen würde. Eigentlich hätte Tuchel spätestens nach dem Saarbrücken-Spiel gehen dürfen. Dazu kam es leider nicht. Jetzt habe ich allerdings wieder Hoffnung, dass es in der nächsten Zeit passiert. Dahingehend war das Spiel und Ergebnis gut für uns. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, es wird sich jetzt wieder einfangen. Es wird jetzt wieder intern ein bisschen rumort werden. So, das heißt, wir reißen uns gegen Lazio wieder zusammen. Dann kommt Bochum. Das wird schon eine schwierige Kiste, denke ich. Aber vielleicht zündet das da auch noch mal und das nächste Spiel vielleicht auch noch. Aber spätestens in 3-4 Spielen wirst du wieder eine Niederlage einfahren. Oder wieder nur ein Unentschieden spielen oder sowas. Weil du immer wieder in diesen Modus reinkommst. Ja. Aber wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir es auch gar nicht umgesetzt. Ja. Ich meine, wir haben es gegen Leverkusen jetzt auch nicht umgesetzt gekriegt. Vielleicht kriegen wir es gegen Lazio dann auch nicht umgesetzt. Also wenn Lazio ein bisschen schlau ist, sollten sie wissen, wie sie gegen uns zu spielen haben. Also wird sehr interessant werden. Airfox Aurus. Hab einfach nur gewartet auf das 1-0 von Leverkusen. Da wusste ich schon, das wird nur mehr. Ich habe mir das 3-0 irgendwie gewünscht, sonst passiert bei uns ja anscheinend nichts. Stelle sich vor, wir hätten noch unentschieden gespielt. Naja, also wir haben 5 Tore gegen Frankfurt gekriegt und ist nichts passiert. Ja, also wir haben 1-0 gegen Bremen zu Hause verloren. Gegen Bremen. Nichts gegen Bremen, ja. Wie gesagt, wir haben die Leistung gesehen. Da ist nichts passiert. Also, ich habe gerade so das Gefühl, man hat so im Verein gerade Augen zu und durch auf der Agenda. Also ich glaube nicht, dass da groß was passieren wird. Sebo, wer passt denn zu uns als Trainer? Das geht doch jetzt schon seit Jahren so. Da liegt doch mehr im Argen als der Trainer. PS Tuchel wurde noch am Tag zuvor schon angezählt.
Ja, na klar, liegt da mehr im Argen als nur der Trainer. Aber nochmal, unter dem Trainer Tuchel gibt es kein Spielkonzept, was erkennbar ist. Jeder Spieler ist schlechter geworden. Nicht einer spielt auf Normalform. Also ändern wir doch erstmal das. Ja, und dann kann man doch gerne zur neuen Saison auch die ganzen satten Spieler, die nicht mehr wirklich Bock haben, aussortieren. Das steht ja außer Frage. Ne? Aber ja, gerade gibt es keinen anderen Weg, den ich sehe. Ralf, wenn man jetzt noch daran denkt, ach so, welcher Trainer passt zu uns? Keine Ahnung. Vielleicht mal endlich ein Trainer, der die Eier hat, nach Leistungsprinzip aufzustellen, der nicht zum Verein kommt und sich vorstellt, ich fordere jetzt 3 Spieler, um mein Spielsystem durchzusetzen. Was war denn immer der große Punkt beim FC Bayern? Na? Was war immer dieser große Trumpf, den wir hatten? Dieser große Trumpf war immer, dass wir immer gesagt haben, der Verein verpflichtet die Spieler. Natürlich in einer gewissen Absprache mit dem Trainer, aber in erster Linie verpflichtet der Verein die Spieler anhand eines Konzeptes, welches der Verein hat. Und nach diesem Konzept sucht man sich den Trainer dazu. Ja? Aber das hat schon unterm Flick zum Schluss angefangen, der da irgendwelche Ansprüche gestellt hat. Und beim Tuchel gipfelt das halt in allen. Ja? Tuchel hat vor der Saison klipp und klar gesagt, Kimmich kann ich nicht gebrauchen, Goretzka kann ich nicht gebrauchen, ich will eine Holding Six haben, ich will Minjay haben, ich habe keinen Bock auf die Lucht. Und das hat er dann nicht gekriegt und musste dann wieder zurückrudern. Und das pisst ihn seit Anfang der Saison an. Ja? Und dass er es in der Rückrunde immer noch nicht gekriegt hat, irgendeine Holding Six, pisst ihn noch mehr an, dass er auf den Pavlovic setzen muss. Weil der Verein das so möchte. Und daran sieht man doch schon, dass dieses Verein und Trainer nicht zueinander passt. Wir müssen halt wieder dahin kommen, dass man sagt, hier, das ist unsere grobe Strategie vom Verein. Natürlich sucht man sich dann einen Trainer, der diese Strategie mitgeht, der die fühlt, ja, der die mitträgt. Natürlich bekommt der Trainer seine 2, 3 Transfers. Erinnert euch an Guardiola, der gesagt hat, Thiago oder nix. Aber guckt euch, was ein Guardiola aus der Mannschaft gemacht hat. Der war ja auch nicht Guardiola, hat gesagt, ja, Leute, ich brauche jetzt hier, aber die 5 kommen weg, die 5 möchte ich haben und dann kann ich mein System spielen. Nein, Guardiola hat sein System und die Spieler mussten sich an das System anpassen. So. Und hat sich nicht dahingestellt und hat rumgeheult, ich brauche unbedingt das, ich will unbedingt das. So, das ist ein ganz großes Problem unterm Tuchel, ja. Und ein ganz großes Problem der letzten Jahre. Wir müssen mal wieder dahin kommen, dass es heißt, das ist der Verein und wir suchen uns den passenden Trainer dazu. So. Und das muss nicht immer ein Trainer sein, der Carlo Ancelotti heißt, der Thomas Tuchel heißt, ja, dann ist es halt, was weiß ich, ein Ralf Hasenhüttl oder sonst wer, wo der Name nicht irgendwas Großen klingt, ja. Aber wir müssen mal wegkommen davon. Wir brauchen halt einen passenden Trainer zu einer Mannschaft. So. Ansonsten, ja, aber nochmal, wenn man sich einen Tuchel ins Haus holt, dann weiß man das. Dann weiß man, dass ein Tuchel den Kader aussortiert und er nach seiner Spielvorstellung die Spieler verpflichtet. So, das hat er unter seinen Stationen vorher auch getan. Das weiß man. So, von daher verstehe ich das ganze System gerade nicht. Wenn man jetzt noch daran denkt, Ralf, dass wen man in der Vergangenheit hat gehen lassen oder ausgeliehen. Pavard und Hernandez weg, Zirkzee ausgeliehen und dann verkauft. Stanisic an Leverkusen ausgeliehen und so weiter und so fort. Allmählich habe ich das Gefühl, nicht nur der Trainer, sondern auch die anderen Verantwortlichen haben nicht so wirklich einen Plan, wie es in Zukunft mit dem FC Bayern weitergehen soll. Ja, das ist genau, was ich gerade ausgeführt habe. Welcher Trainer passt am besten zu uns? Welche Spielphilosophie? Und warum habe ich einen Campus, wenn die meisten hoffnungsvollsten Nachwuchsspieler ausgeliehen oder gleich verkauft werden? Mann, was traure ich dem Joshua Zirkzee nach? In Anderlecht schon sehr gut performt und in Bologna jetzt richtig am Durchstarten. Aber wir holen einen Stürmer für 120 Millionen Euro und haben dafür 3 andere Baustellen. Aber zum Glück haben wir Harry Kane, sonst wären wir jetzt wohl in nirgendwo die Tabellen Mittelfelds. Ja, ganz genau, so sieht's aus. Die Klatsche gestern Abend hat es gebraucht, damit sich der Letzte das Ganze nicht mehr schönredet. Uli Hoeneß hat Thomas Tuchel unbedingt haben wollen. Und was ist jetzt? Die Saison ist definitiv gelaufen, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube nicht, dass ein Uli Hoeneß den Tuchel unbedingt haben wollte, weil Hoeneß wollte den Tuchel damals schon nicht haben. Ja? Rummenigge wollte den Tuchel unbedingt haben damals. Hoeneß hat sein Veto eingelegt, sonst wäre er schon vorher bei uns gewesen. Nee, das stimmt nicht. Und das Thema ist ja auch, Tuchel wurde nicht vom Uli Hoeneß verpflichtet. Ja? Das dürfen wir nicht vergessen. Also
Tuchel wurde unter Olli und Brazzo verpflichtet. Ja, ist die Frage, inwieweit Olli da gefragt wurde, mit involviert war. I don't know. Schwer zu sagen. Aber auf dem Papier hat er ihn nicht verpflichtet. Matthias, was macht eigentlich gerade Felix Magath? Ich denke, der putzt seine Medizinbälle. Thomas Rupp, du sprichst mir aus der Seele. Tuchel ist ich wiederhole mich, der falsche Trainer. Leider. Afande Sasayai. Jaff. I don't know. Also Bayern-Fan verblutet gerade mein Herz. Ich glaube, wir brauchen einen vernünftigen Trainer. Ich bin mir sicher, dass wir auch aus der Champions League herausfliegen werden. Und dann wird es sehr knallen. Tuchel ist gescheitert. Tuchel ist leider schon lange gescheitert. Ex-Breaks. Naja, komm, keine Torchance. Das waren einige. Denk doch mal an den tollen Schuss, welchen frontal auf den Torwart ging. Ja, denke ich. ATP. Also, wenn man sich die Spiele vom PSG unter Tuchel angesehen hat, dann ist klar, dass Bayern ähnlich systemlos und ideenlos spielen wird. Chelsea unter Tuchel habe ich nicht verfolgt, aber bei PSG mit aller Qualität lief auch wenig spielerisch. Auch primär individuelle Aktion. Ich denke mir wirklich, dass man den Tuchel mit egal welchen Trainer auswechseln könnte und damit bestimmt besser fahren würde. Die Leistung heute war wirklich lächerlich beschämend. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso. Du kannst da im Moment, glaube ich, wirklich jeden Trainer einfach hinstellen, der sagt, hier, das ist unser Spielsystem, der ein paar Spielformen vorne einritzt, wo die Spieler wissen, wie sie sich zu bewegen haben, der vielleicht auch mal das Spiel auf dem Harry Kane zuschneidet und mal weg von diesen lächerlichen Einzelaktionen. Einfach mal wieder ein bisschen Kombinationsfußball. Ja, ich denke, das sind grundlegende Dinge, die jeder Trainer hinbekommen würde. DJ Ketzer, bin deiner Meinung, bin auch nicht für zu schnelle Trainerwechsel, aber das war Verweigerung der Mannschaft und Tuchel Note 6 als Coach. Adios Tuchel, ganze Saison ist schon scheiße. Ja, wie gesagt, also wer das jetzt, ich muss erst was trinken. Wäre das jetzt irgendwie ein Spiel, was so eine einmalige Geschichte wäre, nimm Frankfurt, das war dasselbe, nimm Bremen, ja, und du kannst noch 10 weitere Spiele aufzählen, wo es dann die individuelle Klasse gerichtet hat. Und wir sehen seit der Rückrunde ja keine Entwicklung. Also wir haben schon seit Start der Serie sehen wir keine Entwicklung, aber jetzt gerade nach der Hinrunde dann so auf die Rückrunde gesehen, sehen wir auch keine Entwicklung. Also es ist, ich meine, das sehen ja nicht nur wir, das sehen ja nicht nur die Experten, die das ja alle auch sagen. Ich meine, wir sagen das hier schon ein bisschen länger. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Verein möchte sich das gerade einfach nicht eingestehen. Toxic Candy, also am Ende hat Tuchel ja nur die Mannschaft aufgestellt und die Taktik vorgegeben. Scheiße gespielt haben, immer noch die Spieler auf dem Platz, auch wenn ich die Kritik an Tuchel durchaus verstehe, hat man etwas probiert. Es hat nicht funktioniert, so einfach ist das. Selbstverständlich richtet man sich am Gegner aus. Der macht ja das Gleiche auch. Man bereitet sich auf mögliche Schwächen, Stärken vor und versucht, die mit seiner Aufstellung bestmöglich zu negieren, auszunutzen. Es liegt nun mal in erster Linie an den Spielern. Ein neuer Trainer wird auch diese Saison da auch nicht helfen können. Auch wenn es schön wäre, wenn es einfach wäre. Ein anderer hat hier in den Kommentaren bereits geschrieben, dass man bei den Bayern eine Entwicklung verschlafen hat, den Kader zu verjüngen, zu erneuern. Ja, und trotzdem wird ein Trainerwechsel 100% Steigerung bringen die Saison. Und nein. Ja, ich stimme dir zu, man versucht sich natürlich irgendwo am Gegner zu orientieren, aber man orientiert sich nicht am Gegner und schmeißt sein System, was man seit 2 Jahren spielt, für ein Spiel komplett über den Haufen und schmeißt da Spieler rein, die noch nie zuvor zusammengespielt haben, die sich noch nicht mal kennen, die einen Tag gerade wieder bei der Mannschaft sind oder seit 2 Tagen wieder mittrainieren. Das macht man nicht. Punkt. Ja, das macht man nicht. Und das ist eine Trainergeschichte. Na klar, kannst du jeden Spieler einen Vorwurf machen, deswegen haben die auch alle eine Note 6 bekommen, dass sie sich nicht dagegen gestemmt haben, dass sie keinen Einsatz gezeigt haben. Ja, deswegen meine Aussage, mein Take. Tuchel erreicht diese Mannschaft nicht mehr. Ja, weil dafür ist der Trainer verantwortlich. Ein Trainer muss doch spätestens, die nächste Geschichte, in der Halbzeit reagieren. Wenn ich doch sehe, ach du Scheiße, das hat ja vorne und hinten nicht geklappt mit meinem Versuch. Ist ja okay, man kann sich ja mal vercoachen. Er ist ein Mensch, ja. Man kann sich ja verzocken, man kann sich vercoachen. Aber da muss ich doch sehen und sagen, pass auf Männer, zweite Halbzeit, wir stellen aus altbekanntes System um, ich hau einen Thomas Müller rein, dass wir ein bisschen mehr Feuer haben und dann geben wir Vollgas Attacke, damit wir noch wenigstens einen Punkt holen.
Aber nein, ein Tuchel setzt sich nach der PK dahin, nach dem Spiel in der PK dahin und erzählt, nee, ich habe keine Veranlassung gesehen zu wechseln, es war doch alles gut. Und dann willst du mir erzählen, das liegt an den Spielern? Ich denke, man hat dann gesehen, wo ein Müller in die Mannschaft kam, wo wir wieder umgestellt haben, dass wir dann ganz passablen Fußball gespielt haben. Natürlich war Leverkusen da schon auch ein bisschen platt und so, logisch, ja. Aber es war doch ein ganz anderes Auftreten von unserer Mannschaft wie vorher mit der komischen Ohne-Zehner-Geschichte. Also, bitte dich. Na klar, nimmst du die Spieler mit in die Verantwortung, aber nochmal, das Spiel war für mich ein Spiel gegen den Trainer, Alter. Also, kann mir das nicht anders erklären. Reiko, Tuchel ist mein Lieblingstrainer. Seit der Typ da ist, können mal andere Meister werden. Ja, guck mal, ist doch schön. Dann freu dich doch ein bisschen. Gerhard Berger, ich glaube, nach diesem Spiel brauchst du unbedingt eine Sekretärin, denn da kommen Kommentare auf dich zu wie schon lange nicht mehr. Joa. Wenn man sich überlegt, wofür Nagelsmann letzte Saison geflogen ist, der hatte damals das Beste rausgeholt. Tuchel hatte sich am Anfang nicht vor die Mannschaft gestellt und nur gemotzt, er will neue Spieler. Inoclip. Ja, ganz genau. Das ist ja, was ich jetzt vorhin auch schon angesprochen hatte. Felix sagt, Tuchel hat Musiala verschlechtert. Ja, Tuchel hat jeden Spieler verschlechtert. August Marquez. Als Tuchel in der PK auf die Leistung von Stanisic angesprochen wurde, hat er darauf verwiesen, dass in England eine Regel existiert, wonach Leihspieler nicht gegen ihren Verein spielen dürfen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich die Leihe von Stanisic nie verstanden habe. Immerhin musste man jetzt mit Sascha Boe auf dem Transfermarkt nachjustieren. Ist dieses Ausmaß an mangelnder Selbstreflexion vom Trainer fast schon wieder lustig? Nee, es ist traurig. Massiv Mike. Cooler Nick. Ich bin schockiert. Ich bin schockverliebt in diese Analyse. Grüße aus dem schönen Rheinland. Danke, Grüße zurück. Hyundai-Fahrer. Hier ist jemand sehr ehrlich. Das sagt ein Leverkusen-Fan. Ja, warum soll ich auch nicht ehrlich sein? Matthias Hartmann. Ich hätte gern ein Buch, in dem Alonsos Trainerarbeit analysiert wird. Was der in einem Jahr geleistet hat, ist legendär. Sehr viele Spieler besser gemacht. Xhaka, ein Effenberg-Matthäus-Monster. Die Spieler sind so gedankenschnell, kombinationssicher und giftig. Leider spielt Leverkusen dieses Jahr nicht Champions League und wird im Sommer wie Ajax vor ein paar Jahren ausverkauft. Und Xabi steht im Pulli in der Coachingzone und Tuchel sitzt dick vermummt auf der Bank. Das geht gar nicht. Alonso, stimme ich dir zu, dass Leverkusen ausverkauft wird? Weiß ich nicht. Ich würde da ganz vorsichtig sein, auch mit dem Alonso-Abgang und so weiter. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leverkusen sagt, wir halten die Mannschaft zusammen und wir gehen nächstes Jahr zusammen, wenn Alonso Bock hat, in die Champions League und geben da auch nochmal Vollgas. Ja, holen vielleicht noch 1, 2 Spieler dabei, die zum Alonso-System passen. Von daher, wenn da so eine enge Harmonie aufgebaut wird und der Trainer nicht wechselt, wenn der Trainer wechselt, kann ich mir auch vorstellen, dass die Mannschaft echt auseinanderbricht. Aber wenn der Trainer da bleibt, kann ich mir schon vorstellen, dass der Verein die Mannschaft zusammenhalten kann. Stefans, Tuchel ist der falsche Trainer, die holen die Saison nichts, bleibt dabei, im Sommer kommt ein neuer Trainer. Hoffentlich. Mark Foreman, also ich bin ja wirklich auch keiner, der gegen den Trainer schießt, aber ich verstehe seit einiger Zeit die PKs von Tuchel nicht mehr. Und das, wie erwähnt, nicht erst seit gestern. Es passt einfach nicht. Aussagen und die Resultate nach den Spielen passen nicht. Leverkusen spielt teilweise mit Alonso am richtigen Flow. Das ist rund eine Einheit. 11 Freunde stehen auf dem Platz mit einer klaren Spielidee. Das ist so, wie es bei uns 2013 mit Heinkes war. Alonso, ein ehemaliger defensiver Top-Mittelfeldspieler, der alles gewonnen hat. Diese klare Spielidee fehlt uns. Wir haben jetzt das Problem, dass wir fast schon Angstschweiß bekommen müssten, wer denn auf Tuchel folgt. Nagelsmann hat man letzte Saison das Langzeitprojekt nicht mal annähernd ausführen lassen. Man hat kalte Füße bekommen und jetzt hat man das Problem, dass man entweder sofort oder zum Ende der Saison einen neuen Trainer braucht. Selbst Müller hätte sich beinahe verplappert und als Spieler öffentlich gesagt, dass der Trainer schlecht aufgestellt hat. Müller spielt definitiv nächste Saison noch bei uns, der den Vertrag verlängert hat. Welcher Trainer kommt also? Holt man Alonso aus Leverkusen raus? Holt man Klopp, der eigentlich ein Sabbatjahr machen möchte? Holt man sie dann? Wer soll denn folgen auf Tuchel? Holt Van Gaal zurück? Holt man Nagelsmann zurück? Das wird die erste krasse Königsaufgabe für Eberl werden. Es muss ein Trainer mit einer klaren Spielidee bzw. Spielphilosophie her. Jemand, bei dem die Spieler von Haus Leistung abliefern. Einer der besten Motivatoren ist ja nun bekannterweise Kloppo. Schauen wir mal, was passiert. Ich denke, Kloppo wird's nicht. Ich denke, Kloppo wird echt ein Jahr Pause machen. So, warum sollte er das für den FC Bayern unterbrechen? Also, nee. Ansonsten, ja, stimme ich dir zu. Wird interessant zu sehen sein. Und ja, es wäre fahrlässig, wenn es nicht passiert.
Sag ich euch, wie es ist. Wir reden immerhin vom Finale der Homies, ja. Und von daher weiß ich gar nicht, ob's. Ja, du musst dann echt, es muss passen dann, ne? Weil wie immer hat der Trainer dann auch nicht viel Zeit. Peter Pan, das hast du sehr gut analysiert. Ich bin, seit wir in der Bundesliga sind, dabei und das, was man jetzt auch im Stadion und rundherum erlebt, habe ich so in Leverkusen noch nie erlebt. Man spürt während der Spiele, wie die Energie vom Rasen überspringt. Das ist krass. Ja. Danny Canoni. Dass Tuchel nicht passt, habe ich auch von Anfang an gesagt. Nur wer soll jetzt noch machen? Magath wäre geil bis Saisonende. Wir würden die Jungs wieder laufen. Und dann Mourinho. Der ist doch auch schon lange nicht mehr oberstes Regal. Das Einzige, was in München dann gut wäre, wäre sein Gehalt. Weiß ich nicht. Bin jetzt auch nicht so der Special One Fußballfreund. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der Fußballstil unbedingt zum FC Bayern passen würde, den er spielen lassen würde. Ja, schwierig. Aber wie gesagt, man muss ja auch nicht immer nur in den obersten Regalen denken. Ja? Also ich denke, es gibt genug gute Trainer, die vielleicht nicht in den obersten Regalen sind. Guckt euch den Trainer von Augsburg zum Beispiel an. Also, was jetzt nicht heißen soll, wir sollen ihn holen, aber mal anhand des Beispiels einfach. Ja, also Mut zum Risiko. Ein Hoeneß aus Stuttgart. Warum hat man Hoeneß aus Stuttgart oder warum hat man Hoeneß gehen lassen? Ja? Damals dasselbe mit Mehmet Scholl, hat man auch nicht die Eier gehabt, Mehmet Scholl dann auf die Trainerbank zu setzen und so weiter und so fort. Also, ja. Thema Nagelsmann haben wir ja den Mut dann auch verloren. Ja. Leider. Sandra Müller, normal läuft es bei Bayern so, man lässt den Gegner ein bisschen machen und fängt dann an zu spielen. Bayern wirklich ungefährdet in diesem Spiel. Tuchel keine Idee, was zu verändern. Und Leverkusen hatte ein sehr intensives Spiel unter der Woche. Die haben sich da nicht geschont, trotz Topspiel am Samstag. Noch ist natürlich nichts verloren, aber Bayern hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Vielleicht halten sie an Tuchel fest, bis man in der Champions League rausfliegt. Nee, für mich ist das Thema durch. Also für mich geht die Meisterschaft nach Leverkusen. Aber das habe ich schon. Wie gesagt, dafür spielen wir zu schlechten Fußball und zu unkonstanten Fußball. Beziehungsweise wir haben ja gar kein Spielprinzip. Also wir können es halt nicht kompensieren, wenn Leroy Sané oder auch ein Musiala, die irgendwie Harry Kane ins Spiel bringen müssen, nur Normalform haben. Oder geschweige denn noch schlechter als Normalform. So, dann kriegt Harry Kane keinen Ball und wir sind nicht in der Lage, wir haben es gesehen, wir haben keine Torchance gehabt gegen Leverkusen. So, alles, Argumentation abgeschlossen. Und das wird nicht das letzte Spiel sein, wo das so ist. Tuchel raus, besser heute als morgen, nur so ist vielleicht noch was zu machen, wenn der Neue einschlagen sollte. Mio Kumia. Ja, sehe ich leider genauso. Team, du hast in jedem Punkt recht, endlich mal einer, der nicht blind auf beiden Augen ist. Genau 2 überzeugende Spiele unter Tuchel. 2-mal im Pokal raus. Champions League ohne Chance raus. Meisterschaft wirklich geschenkt bekommen und die andere verspielt. Und er will die Wertschätzung wie in England, wo er die Champions League gewonnen hat. Will der mich verarschen? Das Einzige, was er erreicht hat, war eine Meisterschaft, die sogar ich gewonnen hätte. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Aaron, vielleicht aber protestieren die Spieler gegen den Trainer, indem sie verlieren, um ihn loszuwerden. Ja, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Ist ein sehr wilder Take, den man vielleicht aber auch nicht ganz von der Hand weisen kann, wenn man sieht, wie schlecht diese Leistung in diesem Spiel war. Ja. Wenn man sieht, wie die Leistung in Frankfurt war, das war auch schon ein Spiel gegen den Trainer für mich. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist schwer, das von außen zu beurteilen, aber ich denke, wir können auf jeden Fall sagen, dass es kein Spiel für den Trainer war. Gerald Berger, zum Glück haben wir 3-0 verloren, denn bei uns 1-0 hatte der Tuchel noch sagen können, es war 50-50. Das hat er ja trotzdem gesagt. Der PK hat er ja trotzdem gesagt, wir haben ja dafür gesorgt, dass Leverkusen nicht so im Spielfluss war. Das hat er sich ja auf die Fahne geschrieben als gut. Kotelett, die Kritik würde ich zu 100% unterschreiben. Das Spiel war ein totaler Offenbarungseid. Es fehlen greifbare Anhaltspunkte dafür, dass sich an der aktuellen Lage Leverkusen stark bis stabil, Bayern blutleer bis zur Saison noch etwas ändern könnte. Ja, gar nichts wird sich daran ändern. Nochmal, selbst in Leverkusen jetzt noch, was weiß ich, weiß nicht, gegen wen die noch spielen, ob Leipzig, Dortmund, sonst was, ist ja auch Wurst oder gegen irgendwie, nehmen wir Heidenheim oder sonst was, so ein Überraschungsding da, wenn die irgendwie noch 2 Spiele verlieren sollten,
Dann werden sie trotzdem mit 5, 6 Punkten Vorsprung Meister. Guckt euch unseren Fußball an. Also es ist ja nicht so, als wären wir durchmarschieren. Die Hinrunde, wir spielen denselben Fußball wie in der Hinrunde. Nur der Unterschied ist, dass wir in der Hinrunde noch einen Harry Kane hatten, der neu war, der Bock hatte, der wollte, dass ein Leroy Sané da war, der seine 10, 15 guten Spiele dann in dem Moment hatte. Das war der Pluspunkt. Sané ist wieder in seiner Standardform angelangt. Ein Harry Kane alleine kann das auch nicht richten. Und schon sieht es so aus, wie es aussieht. Und das wäre, ich meine, wir haben 0-1 gegen Bremen verloren. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, selbst am Sonntag in Bochum wird schon schwer werden. Wenn die Bochumer das tun, was sie können, kämpfen, hinten gut stehen werden, ja, dann werden wir uns genauso wieder schwer tun. Didi Meise, man kann ja Tuchel kritisieren, wie man will, aber eine Aussage war richtig und empathisch. Es tut mir leid um Harry Kane. Für mich stellt sich heute die Frage, wusste Harry Kane nicht, wer Trainer beim FC Bayern ist? Naja, ich denke, Harry Kane, Tuchel hat ja einen guten Ruf in England. Also ich denke mal, wie gesagt, ich setze mich auch nicht hin und sage, Tuchel ist ein schlechter Trainer. Das kann ich nicht wirklich gut beurteilen. Aber wir können jetzt nach 11 Monaten Tuchel festhalten, dass er einfach nicht zum Verein passt. Trulli, ich liebe deine Analyse, präzise auf den Punkt. Ich sehe es genauso und Musiala kann bald als Trickfilmfigur mitspielen. Ich sage nur Roadrunner. Heiner, da muss ich erst was trinken, wenn ich deinen Roman hier lese. Heiner, deine Analyse trifft den Nagel mal wieder in allen Punkten auf den Kopf. Tuchel kann sich nicht eingestehen, dass er sich völlig vercoacht hat. Er stellt Spieler auf und dann auch noch auf fremde Positionen, die in der mal wieder so tollen Trainingswoche teilweise oder gar nicht dabei waren. Kim und Opa. Nur um dir Licht eins reinzuwirken, weil er nicht mit ihm kann. Müller lässt er trotz ansprechender Leistung in der Vorwoche in einem solchen wichtigen Spiel auf der Bank. Ja, nicht nur ansprechende Leistung, sondern der Matchwinner gegen Gladbach. Ja, mit seinen beiden Pässen, beide Tore vorbereitet. Dann auch beim Torwart da irritiert. Na klar hat er auch den Klopper drin gehabt mit Neuer zusammen, aber ansonsten natürlich fahrlässig, das zu ändern. Tuchel ist ein völliger Selbstdarsteller, verweist ständig auf die Expected Goals und redet sich seine Fehler noch schön. Keine Konkurrenten in der Halbzeit. Keine Korrekturen in der Halbzeit. Die absolute Krönung seiner Aussage in der PK, ich muss mir erstmal anschauen, warum es nicht geklappt hat, Kane ins Spiel zu bringen. Was macht er während des Spiels? Ein absoluter Offenbarungseid. Dieser Trainer passt nicht nur nicht zu Bayern, er ist einfach schlecht. Er hat die Mannschaft in einem Jahr deutlich nach hinten entwickelt, keinen Spieler dauerhaft besser gemacht und lässt einen emotionslosen, langsam und attraktiven Fußball spielen. Ja, hast du jetzt schon 100% von mir, kriegst du sogar noch einen Daumen nach oben für. Dass er dabei oft nach Nasenfaktor aufstellt, wen er mag, wird unabhängig von der Leistung aufgestellt und umgekehrt. Kommt noch hinzu. Diese Entwicklung zeichnet sich seit Monaten ab und war nur durch meist positive Ergebnisse überdeckt. Ganz genau. Die Verantwortlichen können die Augen davor nicht mehr verschließen und müssen aus meiner Sicht zwingend handeln. Tuchel ist nicht mehr tragbar, auch die Transferpolitik muss überdacht werden. Hier braucht es einen größeren Umbruch, satte Spieler abgeben und Spieler holen, die darauf brennen, für Bayern zu spielen und auch qualitativ langfristig weiterhelfen. Ja, stimme ich dir 100% zu. So, weiter geht's. Alexander. Ja, man muss aufschauen, dass Tuchel den Verein nicht noch mehr schadet, wie er es schon gemacht hat. Spieler sind verunsichert und Tuchel scheint es auch noch zu gefallen. Raus mit diesem selbstverliebten Trainer. Was? GB, also ich sehe die Saisonziele als gefährdet an. Ja, aber das sehe ich schon seit Wochen. Pierre Müller, Problem ist ja auch, wer soll es denn machen? Alonso glaube ich eher bei Liverpool, da Klopp da ja aufhört. Klopp wird erstmal Pause machen und wen gibt's sonst, der sich das antut? Die sehen ja selbst bei uns seit Jahren kein Trainer mehr, 2 Jahre da ist. Ach, was sind das immer für Aussagen, Alter? Erstmal sind wir immer noch der FC Bayern. Wenn der FC Bayern ruft, dann werden viele Trainer Bock drauf haben. Und nochmal, man muss ja auch nicht immer nur in großen Namen denken. Ich denke, es gibt genug gute Trainer auf diesem Planeten. Move to the Groove, auch wenn es weh tut. Der Sieg von Leverkusen war in allen Belangen verdient. Jeder hier im Forum ist gefühlt ein besserer Trainer als TT, aber letztendlich fehlt jedem der interne Einblick. Thomas Müller bringt es auf den Punkt. Es gibt einige Symptome, die man auf dem Platz sieht. Da bin ich angefressen heute. Erstmal muss man Leverkusen gratulieren, verdient der Sieg. Da kann man es kurz halten. Da kann ich auch Oliver Kahn zitieren, mir fehlen die Eier von uns Spielern. Was mir fehlt von uns Spielern ist, wir zeigen im Training, dass wir richtig gut Fußball spielen, frei spielen. Wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel und Leverkusen zockt einfach, sucht Lösungen.
Wenn da einer merkt, ein Raum ist zu, bewegt er sich woanders hin. Das machen wir auch, aber nicht im Spiel unter Druck. Wir haben gut angefangen, dann war es das aber wieder. Wir verstehen Dinge nicht, keiner hat die Freiheit, einfach mal zu zocken. Wenn es im Training da ist und im Spiel nicht, dann müssen wir auch mal die Spieler anpacken. Da brauchst du gar nicht gegen den Trainer gehen. Ja, was soll der Müller auch sonst sagen? Soll der Müller jetzt noch was gegen den Trainer sagen, dann spielt er gar keine Minute mehr. Also Automotiv-Testdriver. Wir machen die besten Trainingswochen der Bundesliga, deshalb werden wir verdient Trainingsweltmeister. Gerd Berger, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man nach diesem Jahr ohne Titel den Tuchel weiter verpflichtet. Und auch nicht sein Staff, denn die haben auch nichts gebracht und haben unsere Spieler 0,0 weitergebracht. Leider ist das so. Alexander, diese besagten guten 10 Minuten wären unter Pep die 10 schlechtesten seiner gesamten Agida gewesen. Ja, wahrscheinlich. Gerd Berger, wenn man sieht, dass Bremen heute zu Hause gegen Heidenheim verloren haben und wir haben gegen die gleichen Bremer verloren, da war schon ein Zeichen für unsere aktuelle Schwäche. Naja, die Bremer haben aber auch nach unserem Spiel auch nochmal 2 Spiele gewonnen. Ne? Also würde ich jetzt so nicht sehen und man muss ja auch nicht sehen, was dann die Gegner danach oder davor spielen. Man muss die Spiele einzeln sehen und ja, das Spiel gegen Bremen war auch so verdient, wie es gelaufen ist. Bitte holt Jupp aus der Rente. Ich glaube, der Jupp packt das nicht mehr. El Capitano. Es wäre schön, wenn der Jupp nochmal 10, 15 Jahre jünger wäre. Ich glaube, der packt das einfach nicht mehr. Hobby, wahre Worte, Kai. Schnauze voll für heute. Rot-weiße Grüße. Ja, rot-weiße Grüße zurück. Randal-Stippler. Gröle einfach geniale Analyse. Kompromisslos, ehrlich und emotional feierlich. Danke. Federico Haselberger. Ich liebe diesen Kanal. Du sprichst mir wirklich von der Seele. Endlich mal eine Person, die sachlich argumentiert. Gut, ich nehme das mal als Sarkasmus von dir, aber kriegst trotzdem Herzchen. Didi Meise, ich bin dafür, dass Thomas Tuchel mal Skiurlaub macht. Ich glaube, der fährt keinen Ski. Leider. Dumbo Jumbo, kein Doppelpass, kein Pass in die Tiefe, nur System. Jo. H7, 25. Last Ride. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man nicht und manchmal gewinnen die anderen. Da lacht das Herz, ich freue mich, danke dir für die wahren Worte und gute Besserung. Ja. Vielen lieben Dank. Sascha King. Zu deiner Spielerbewertung, unsere Mannschaft hat gestern nicht schlechter gespielt als gegen Borussia oder Augsburg. Wir hatten nur einen besseren Gegner. Ich will damit sagen, das war schon letzte Woche Sätzen 6. Nee, da hatten wir auf jeden Fall Einsatz gezeigt und man hat gesehen, dass jeder für den anderen gelaufen ist. Und wir haben nicht nur Standfußball gespielt, was wir gegen Leverkusen getan haben. Und gegen Leverkusen ist nicht jeder für den anderen gelaufen. Ist aber auch nur meine Meinung. Dass das keine super-duper Leistung gegen Augsburg und Gladbach waren, ist klar. Aber 6. Aber jedem seine Meinung. Zum Trainer, meiner Meinung nach, ist mit diesem Team nicht mehr möglich. Von den Spielern wird hier zu viel erwartet. Letzte Saison wollten wir die halbe Mannschaft austauschen und das ist immer noch gültig. Ich denke, Tuchel holt noch das Beste aus der Mannschaft raus. Bei 0:1 sieht man die ganze Motivation des Teams. Für die ist alles nur ein Trainingsspiel. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich gebe dir recht, na klar hast du viele Spieler, die satt sind, die nicht mehr passen. Ja, da muss ich diese Spieler aussortieren. Punkt. Und sie nicht demontieren und dann doch wieder auf sie setzen. Weil dann passiert genau das, was gerade passiert. Da musst du knallhart sagen, alles gut, ich setze sie auf die Bank und hau die jungen Wilden rein und Arsch lecken. Ja, also was hätte da jetzt anders laufen sollen? Hättest du vielleicht auch 3-0 verloren. Vielleicht hättest du auch irgendwie leidenschaftlich 0-0 gekämpft oder was weiß ich. Also fühle ich nicht. Aber ja, da kann jeder seine Meinung haben, ne? The Only One. Experimente im wichtigsten Spiel der Saison. Tuchel wollte was Besonderes zeigen. Ja. Arthur. Und für sowas namens Tuchel haben wir Nagelsmann gekündigt. Bin so angepisst. Das ist doch keine Mannschaft mehr. Jeder spielt, wie er möchte und Tuchel hofft einfach auf die Einzelaktion. Ja. Genau so sieht's aus. Samando. Ich habe dem Spiel nach rund 30 Minuten keine Aufmerksamkeit geschenkt. Mir war der Ausgang des Spiels völlig klar. Auch das 13-0 habe ich richtig getippt. Ich stimme dir mit allen zu. Ich ebenfalls habe bis zu diesem Spiel an Tuchel festgehalten und eher die Spieler kritisiert. Aber jetzt merke ich auch, dass er weg muss. Ein Sané oder Upamecano sehe ich bereits seit über einem Jahr in der Kritik. Ich will keine Spieler, die unkonstant spielen. Im Sommer bitte ein Umbruch. Es kann nicht sein, dass ein De Ligt auf der Bank versauert, obwohl er erwiesenermaßen unser bester Mann letzte Saison war. Sané wird wohl leider verlängert werden. Wenigstens ein Gnabry und Upamecano verkaufen. Beide sollten noch gut Kohle abwerfen. Ich glaube nicht, dass ein Gnabry gut Kohle abwerfen würde. Und ein Opa, ich sehe einen Opa eigentlich als
er war lange Zeit der stabilste Innenverteidiger bei uns. Also die Kritik verstehe ich nicht ganz. In der Champions League sollten wir Lazio noch mit individueller Klasse schlagen können. Sobald im VF dann der erste Brocken kommt, im Viertelfinale, war es das dann auch für uns. Ich hoffe ehrlich, dass Eberl wirklich ein gepriesener Messias ist und hier mal ordentlich aufräumt. Müller hat das gut erkannt, es gibt keinen mehr, der Eier hat, weil auf den Tisch haut und eine Ansage macht. Alle schweigen vor sich hin. Ja, aber das ist ja schon lange so. Kurt Londe, bin kein Bayern-Fan, aber natürlich stark interessiert, wer ist das nicht? Hab jetzt mal die ersten 4 Minuten hinter mir, der Trainer. Ich glaube, das Problem geht viel, viel tiefer, aber in allem gebe ich ihm recht. Der Trainer trägt nichts Positives zur Veränderung bei, im Gegenteil. Wo war Harry Kane, wo war Musiala, Sané, was ist mit Kimmich los und einiges mehr. Da war in der ersten Saisonhälfte viel mehr zu sehen. Kane, Sané, jetzt haben sie sich auf das allgemeine Level tief eingereiht. Es wird immer schlechter statt besser. Ja, und dafür ist nun mal leider der Trainer der Hauptverantwortliche. Johnny Walker, wir hatten gute 10 Minuten, den Rest von dem Laberababa habe ich mir nicht angetan, habe fertig, Flasche leer. Ja. Suter Daniel, ein anderer Trainer löst meiner Meinung nach das Problem nicht. Denkt ihr, Bayern hat den besseren Kader als Bayer und es liegt nur am Trainer? Bayern hat meiner Meinung nach nur einen Weltklasse-Spieler mit Kane. Musiala und Tell haben das Potenzial, um Weltklasse zu sein. Musiala ist es auch an seltenen Tagen. Neuer ist der beste Torhüter aller Zeiten, ist aber nicht mehr Weltklasse. Das war er vor der Verletzung nicht mehr und ist es jetzt auch nicht. Der Umbruch wurde total verschlafen und das ist jetzt nur eine Quittung. Kimmich ist ein guter bis sehr guter Fußballer, aber eben kein Weltklasse-Fußballer. Es wurde viel zu lange auf ihn gebaut und alle Hoffnungen in ihn gesetzt. Wie Kimmich wurden viele Spieler vom FCB überschätzt. Der Kader ist nicht so gut, wie Brazzo immer erzählt hat. Es muss einen Umbruch geben und viele Spieler müssen ausgetauscht werden. Ja, ich gebe dir ein Herzchen dafür, auch wenn ich deine Meinung nicht teilen kann. Zu den Spielern teile ich deine Meinung, zu dem anderen teile ich deine Meinung nicht. Barak Joe, viel Vergnügen bei der Beantwortung der Kommentare. Jo, hab ich. Timo Herzog. Alonso hat auch seine Leute gut gestellt. Tar gegen Kane, Granit Xhaka gegen Musiala, damit waren 2 Bayern schon aus dem Spiel genommen. Bei Goretzka schließt sich mir auch nicht, dass er durchspielen durfte. Trader Joe, so losen wir zum Beispiel gegen Real Madrid schon in der ersten Halbzeit 6:0. Weiß ich nicht. Du musst dir aber auch mit so einer Leistung um sowas keine Gedanken machen. Hans Dampf. Dass Tuchel nicht passt, ist nicht erst seit heute offensichtlich. Die Frage ist nur, wann er freigestellt wird. Vor oder nach dem Ausscheiden aus der Champions League. Und wer kommt als Nachfolger in Frage? 6 Titelchancen vergeben, okay 5. Eingeschenkten Titel gab es von Dortmund. Die 7. nur eine Frage der Zeit. Ja, sehe ich genauso. Legolas, was mich an den Tuchel-Bayern besonders erschreckt ist, dass kaum noch eine gute Boxbesetzung im Strafraum vorhanden ist. Ja, gar keine. Selbst wenn mal aus Zufall ein Ball in den 16er gelangt, wer ist dann da, außer Kane? Wenn Kane überhaupt da ist, wenn Kane nicht derjenige ist, der den Ball in den 16er spielt, aber sich hat fallen lassen. Um diesen Ball zu verwerten. Bei uns sind bis auf 3 Spieler, die um den 16er versammelt sind, alle hinten. Die kann man dann Tore schießen. Und was ist mit den Läufen zur Grundlinie und dann einen scharfen Ball in die gefährliche Zone oder mal eine Flanke auf Kane, die kein Zufallsprodukt ist? Das alles vermisse ich unter Tuchel und dann werden Spieler auf falschen Positionen eingesetzt. Könnt ihr kotzen. Ja, Guido. Nachdem ich die Aufstellung gesehen habe, bin ich erschrocken. Ergebnis hat man gesehen. Analyse ist sehr passend. GB, die Mannschaft ist tot. Vielen Dank, Thomas Tuchel. Noten alle 6. Was soll der Geiz? Tore 6 vor allen 6. Bot, sehr gut. Offiziell, mit diesen ehrlichen Worten hast du mich als Abonnenten dazu gewonnen. Alles, was ihm gesagt wurde, stimmt zu 100%. Ja, servus, willkommen. Kai hat mit allem, was er sagt, recht. A1Z200, danke. Danny Maurer, ich schmeiße mich weg über deine Analyse, aber genau so ist es. Wird auch mal Zeit, dass jemand anderes vorne ist und wahrscheinlich auch bleibt. Jo. User Fuffi Feinspeed, es macht so Freude, schockverliebt zu sein. Ja, komm, Meister Supi. Rudiger Franke, ich bin schon über 40 Jahre Bayern-Fan und kann dir nur zustimmen. Es passt nicht zwischen Trainer und Mannschaft, weil er die falschen Spieler aufstellt, auf falschen Positionen. So wie damals Louis van Gaal, der musste genauso gehen wie Carlo Ancelotti. Die Meisterschaft ist damit entschieden. Wenn wir am Mittwoch gegen Lazio verlieren, ist der Trainer nicht mehr zu halten. Ich verstehe auch nicht, warum unser Trainer in der Halbzeit nicht umgestellt hat. Ich habe nach dem 2:0 abgeschaltet und konnte mir das nicht länger anschauen. Tja. Big N. Ich bin Bayern-Fan, aber finde es nur gerecht, dass Bayern geklatscht wurde. Tuchel bringt keine Spielidee und das Team ist so dermaßen überbezahlt, dass sie nicht laufen
und es ihnen egal ist, ob sie gewinnen. Ich habe 2:0 vorausgesagt, jetzt ist es klar, dass Bayern endlich mal die Meisterschaft verliert und sich neu aufstellen muss. Kann nur besser werden. Ja, viel schlechter geht's auch wirklich nicht mehr. Gut, es würde noch schlechter gehen, wenn man auch die Ergebnisse nicht mehr einfahren würde, aber fußballerisch gesehen kann es leider nicht viel schlechter werden. Rattenheit, du sprichst mir aus der Seele. Ja. Woran Psycho, ich bin als BVB-Fan, ich als BVB-Fan feier dein Content. Du laberst nicht blöd rum, bringst alles treffend auf den Punkt. Euch Bayern geht es ja ähnlich wie mein BVB. Man hat oft den Eindruck, es sind 11 Individualisten auf dem Platz, aber keine eingespielte Mannschaft. Dazu kommen noch etliche Spieler, die längst über ihren Zenit sind, aber immer noch teure Kaderplätze in Anspruch nehmen. Beide Vereine müssen im Sommer mächtig aufpassen, dass es nicht weiter in die falsche Richtung geht. Es gibt genug abschreckende Beispiele wie Man U oder Barca. Ja, erstmal vielen lieben Dank. Kann ich leider wenig zu sagen zu euch Dortmund, aber ihr seid doch in der Rückrunde zumindest ergebnistechnisch wieder einigermaßen im Flow, oder? Also wir sind ja selbst ergebnistechnisch nicht mehr im Flow in der Rückrunde bisher. Fußballerisch brauchen wir nicht darüber reden. Ich glaube, fußballerisch spielt selbst ihr werdet ja eine bessere Spielidee haben wie wir. Also, wie gesagt, bei uns ist jedes Spiel so wie das Spiel gegen Leverkusen war. Also. Diamoni, ich frage mich bloß, wieso lässt Tuchel Sascha Boye links hinten spielen, obwohl er normalerweise rechts hinten spielt. Und das in seinem überhaupt zweiten Spiel bei uns. Während Guerrero ja doch schon 1000-mal auf dieser Position gespielt hat. Was hat er da gedacht, frage ich mich. Warum riskiert er das? Zweitens, Upamecano, Kim und Dyer, alle drei haben nie zusammen in einem Spiel gespielt. Wieso lässt du 2 von diesen 3 Spielern, Upa und Kim, bei so einem ganz wichtigen Spiel spielen, obwohl der eine verletzt war und der andere in Asien gespielt hat, während De Ligt topfit war und gute Leistung gezeigt hat? Warum experimentiert er und viele andere gegen so einen Gegner? Ich sag ja, trojanisches Pferd, Alter. Banja. Erst einmal guten Abend. Bevor ich schaue, schreibe ich mir den Frust von der Seele. Mach das mal, Banja. Weil dann trinke ich noch ein Stückchen. Und kipp die Hälfte daneben. Ich könnte sagen, ich habe es ja gewusst. Unter dem letzten PK-Video sagte ich hoffe, Tuchel hat Leverkusen vor Stuttgart gesehen. Tatsoba und noch mehr Ito waren extrem schwach und Tuchel sollte nicht zu viel wechseln, wegen dem Spielfluss. Aber auch wegen dem Teamklima. Ich könnte auch einfach sagen, Neuer 4-, Dyer 5+, Upa und Kim 6, Boe 6, Goretzka, Pavlovic 4-, Sané 6-, Jamal 6, Kane 6, etc., etc. Aber das wäre Blödsinn. Heute ist alles, was auch wirklich alles Tuchels schuld. Seine Note ist Entlassung. Ich habe nur die A-Lizenz und noch nie Profis trainiert. Aber wie kann man so auf- und einstellen? Wie schon geschrieben, Kim war bei Asia Cup. Das ist Max 2. bis 3. Liganiveau. Und er kommt sofort rein. Dazu Upa, der auch verletzt war. Er lässt Licht draußen, seine Idee war bestimmt Geschwindigkeit. Aber unter diesen Voraussetzungen und in einem Topspiel kommt er so. Ja, aber ist jetzt ein De Ligt super viel langsamer als ein Upa oder ein Minjay? Weiß ich nicht. Dazu Boe, sein erstes Spiel und das in einem Topspiel und das auf der falschen Seite, auf einer falschen Position. Alles andere ist erstmal okay. Man kann aber sagen, Jamal spielt seit Wochen schwach. Sané bezeichnet war doch die Szene vor dem 1:0. Upa auch. Goretzka meckert Sané an, der nicht mal Einsicht hat. Boe, der da völlig schläft, aber okay. Was mich ratlos macht, warum passiert in der Halbzeitpause gar nichts? Ich dachte, er verändert nun Taktik und Aufstellung, aber nichts passiert. Mal ehrlich, Tuchel nach dem Spiel bei Sky war schon völlig krank. Entweder macht er auf Ancelotti und will entlassen werden, oder er ist irgendwie völlig lost im Kopf. Wir haben noch nie so schlimm gespielt. Wir hatten keine Chancen. Wir haben echt gar nichts hinbekommen. Tuchel verunsichert doch alle. Diese im Training läuft alles super, bla bla bla, interessiert doch keinen. Ich sehe auf dem Platz gar nichts. Und heute hat Tuchel gezeigt, dass er schuld an der Niederlage ist. Keine Ahnung, ich sehe da nichts, was mir gerade Hoffnung gibt. Es geht nicht um Titel, es geht einfach um alles. Ich war heute echt voller Hoffnung, dachte echt, wir gewinnen. Aber mit den ersten Aktionen von Kim und Upa wusste ich, dass das heute schwer wird. Nun ein Video gesehen und darum kann Tuchel nicht bleiben. Ich finde es krank, wenn man wegen ihm Spieler und verkauft. Weiß ich nicht, was du damit meinst. Demoralisiert oder was? Wie gut er entscheidet, sieht man zum Beispiel an Stanisic. Der Junge ist einer von uns. Ohne Sinn und Not wurde er abgegeben. Und warum? Weil er Walker haben wollte. Der nun zugegeben hat, das Problem waren seine 3 Frauen und Familien. Und genauso macht er die Spieler kaputt. Um dann seinen Willen zu bekommen, und das nervt mich sehr. Ein Trainer muss doch alle einbeziehen und stark machen.
Und wenn dann ein, zwei Spieler nicht passen, okay. Aber geht es nach Tuchel, muss der halbe Kader weg. Aber ich sagte es schon mal, ich will kein Paris oder schlimmer Chelsea. Ich möchte, dass wir Fans und Mannschaft ein Team sind. Aber unter Tuchel ist alles nur schlechter geworden. Yes. Christian, kein Comment mehr zu TT. Taktikausstellung alles ein Witz. Der hat es in ein Jahr geschafft, die Mannschaft in seinen taktischen Zwänge zu stecken, sodass sie das Fußballspielen verlernt haben. Jo. Seh den. Nach dem Spiel muss ich sagen, da hilft kein neuer Trainer, sondern einfach eine titellose Zeit. Wenigstens mal 1 bis 2 Jahre, wo die Bayern nicht Meister oder Pokalsieger werden. Das Team hat einfach keinen Hunger oder Wille mehr. Die sind so dermaßen gesättigt. Oder man tauscht das ganze Team aus. Habe ich schon oft zu was gesagt jetzt, ne? Kai, servus Kai. Ich hielt mich bereits zum letzten Spiel mit meinem Kommentar zurück, weil ich im Grunde genau dies erwartet habe, was wir heute erlebten. Man wartete und hoffte ja noch, dass Tuchel da plötzlich zaubert, aber den Zug habe ich ja bereits seit der guter Care-PK verpasst. Ich war und bin mit Tuchel längst durch. Und für die Kritiker von Kai bzw. diverse Ergebnis bzw. Volksfans sage ich mir es mal mit einem berühmten Filmzitat, Top Gun. Der zweite Preis hängt in der Damentoilette. Na, fällt der Groschen? Wenn ich zurückdenke an Zeiten, in der man scherzhaft sagte, dass auch der Busfahrer den Trainer des FCB stellen kann und man wird trotzdem Meister, sind lange vorbei. Stattdessen brauchte es einen Tuchel, um nicht Meister zu werden und eine Mannschaft wie Leverkusen, die deutlich macht, mit was für ein Fußball sich der FCB seit fast 2 Jahren durch die Gegend schummelt. Ja, fairerweise kann man der Stuttgart mit ins Boot nehmen, ne? Ja, Stuttgart ist noch nicht so reif, noch nicht so stabil wie Leverkusen, aber auch da, der Fußball ist ja vom anderen Stern im Gegensatz zu unserem Fußball. Das ist nicht allein Tuchels Schuld, aber viel schlimmer finde ich, dass er als vermeintlicher Heilsbringer und großer Trainer zum FCB kam, diverse Stars nur gepudert hat und nichts wirklich verbessert hat. Damit man endlich wieder den FC Bayern München auf dem Platz stehen sieht. Super Punkteschnitt, Verletzungsmisere, höre ich die Kritiker jetzt verteidigend kotzen. Aber diverse Ausfälle waren, egal bei welcher Mannschaft, letztlich nie eine Ausrede. Und was den guten Punkteschnitt angeht, so kann man sich dafür auch nichts kaufen. Ja, wir sollten auch mal abwarten, ne? Wenn, dann sollte man auch den Punkteschnitt am Ende der Saison mal nehmen. Ich denke jetzt mit den 2 Niederlagen schon in der Rückrunde, das werden nicht die letzten sein. Kann man sich dafür auch nichts kaufen, wenn man nicht als Erster durchs Ziel läuft. Für die Ergebnisfans. Für mich war der Fußball des FCB im Grunde immer wie ein gutes Essen. Die einen sind zufrieden, wenn sie satt sind, ich hingegen möchte es gern genießen, also soll es auch schmecken. Bei Tuchels Fußball fehlt mir nicht nur das Salz, um es freundlich zu sagen. Ja, gehe ich mit, ne? Adrian, ich fand Leverkusen gar nicht so stark, ich fand, wir waren einfach so schlecht. Opa wieder super unsicher und offensiv, einfach ohne Ideen. Hä, hallo, Opa ist ein Innenverteidiger, also und kein Rechtsaußen. Ja? Müssen wir mal ganz klar hier mal eine Lanze für den Opa brechen. Ja? Also ich habe einen Opa 3-4 Mal über Rechtsaußen... Was soll ein Opa da machen? Das ist ein verfickter Innenverteidiger, Alter. Und kein rechter Schienenspieler. Also, was soll diese Aufstellung da? Was soll das? Ja, das macht keinen Sinn. Müller hat es wirklich gut gesagt. Taktik von Tuchel hin oder her, aber was die Spieler da abliefern, ist nicht Bayern. Beim ersten Tor einfach gepennt, darf in so einem Spiel nicht passieren. Nicht böse gemeint, aber Sané kann ich nicht mehr sehen. Wo ist da denn Weltklasse? Für die Vertragsverlängerung muss seine gesamte Zeit gewertet werden und nicht nur die Hinrunde. Ja, also wie gesagt, wenn der Vertrag da zu den gleichen Konditionen oder noch schlimmer zu höheren Konditionen verlängert wird, ganz ehrlich, dann ist Hopfen und Malz bei unserem Verein verloren, was Spieler und deren Leistungsbewertung anbelangt. Ich würde den Newell sagen, pass mal auf, du kriegst die Hälfte von deinem aktuellen Gehalt, weil du auch nur die Hälfte der Saison, meistens ist ja nur ein Drittel, gut performst. Dann kannst du bleiben, ansonsten musst du den anderen Verein suchen. So, das wäre die Aussage, die er hören würde. Und das ist ja seit 3 Jahren so. Es ist ja nicht erst, dass es dieses Jahr so ist beim Sané. Ja. Aber was wissen wir schon? Nur Sultan. Die Leute wollen einen Untergang der Bayern sehen. Das Thema ist geil. Ja. Können die Leute, weiß nicht, ob du dazugehörst, könnt ihr euch dran hochziehen. Ist völlig okay. Andreas, Tuchel ist doch schockverliebt in seine Mannschaft. Ich denke, er ist nur noch geschockt. AK, Goretzka und Neuer sollten wieder mit der bunten Binde auflaufen. Tschüss. Antoni Torius, dem besten Fußballspiel momentan der VfB. Leverkusen gewinnt und Bayern krebst rum. Ja. Matthias Mischtal, hab mir das Müller-Interview angeschaut. In erster Linie muss ich die Mannschaft an der Nase packen. Ja, weil Thomas Müller das sagt, ne? Ihr müsst auch mal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, Leute.
was soll denn Thomas Müller denn sagen? Soll Thomas Müller sagen, oh, die Taktik war scheiße, der Trainer hat uns nicht richtig eingestellt. Der Müller spielt ja so schon nur noch eine untergeordnete Rolle, dann spielt er gar kein Spiel mehr. Also und natürlich müssen wir die Spieler auch in die Pflicht nehmen, ja. Aber nochmal, ich denke, das Spiel hat doch ganz klar gezeigt, dass der Trainer die Mannschaft nicht erreicht. Du kannst ja so eine erste Halbzeit spielen, du kannst ja als Trainer auch sehen, oh, Mist, ich habe mich vercoacht, das war scheiße mit der Fünferkette. Muss ich die in der Halbzeit halt umstellen, den Spielern das Selbstvertrauen geben, die Spieler motivieren, die müssen brennen, wenn die rauskommen. Was wird bei uns? Egal, war alles gut, spielt mal so weiter, wird schon, passt schon. Also, bitte euch. Da irgendwie jetzt zu sagen, die Spieler sind nur schuld, Alter, nein, fühle ich nicht. Helga, danke. Gläubiger, also du hast mit allem recht, arm. Gläubiger, es kam zur erwarteten Katastrophe, eine Fortsetzung der tuchelschen Zeremonie der letzten Monate. Die Taktikspielchen des Herrn Tuchel geben unseren Verein der Lächerlichkeit preis. Danke abschließend an Herrn Neuer für das überflüssige 0-3. Wer kommt im Sommer für Thomas Tuchel? Grüße. Klasse Kanal für kritische Bayern-Fans. Tobias Larsen. Unfassbar, dass er ohne Wechsel aus der Halbzeit kam. Ja, unfassbar, dass er auch nicht die Taktik umgestellt hat. Bernd Biesenkamp. Tuchel ist das größte Missverständnis der Klinsmann. Der Nagelsmann werfen die ihn raus, wo alle Titel drin und sagen, die Saison ist gefährdet. Und jetzt sagt man bei Tuchel, die Saison ist gefährdet, im Gegensatz zu Nagelsmann. Ja, die Saison ist nicht gefährdet, die Saison ist gelaufen beim Tuchel. Move to the Groove. Erstmal danke an den FCB für 10 dominante, erfolgreiche Jahre. Jede Serie findet irgendwann ihr Ende. Ich tippe, dass Leverkusen dieses Jahr das Double holt. Dann liegt es an ihnen, eine erfolgreiche Ära einzuläuten. Das belächelte Vizekusen hat sich über Jahre ohne Substanzverlust weiterentwickelt. Und was gerade passiert, ist die Folge dieser Entwicklung. Das ist halt auch ein wilder Take, muss ich leider sagen, weil ich kann mich daran erinnern, dass die Entwicklung nicht gut war, bis Xabi Alonso gekommen ist. Dass Leverkusen Vorletzter war, wo er Leverkusen übernommen hat. Also von daher jetzt zu sagen, die Entwicklung der letzten Jahre fühle ich nicht. Ja, die Entwicklung seit Xabi Alonso können wir das gerne so nehmen. Das fühle ich, ja. Aber ansonsten war die Entwicklung halt vor ihm auch nicht wirklich gut. Ne? Was mich wirklich nervt, keiner von Loda über bis Didi und Dirkay weiß wirklich, was intern beim FCB abgeht. Ja, aber müssen wir doch auch nicht wissen. Müssen wir das wissen, um zu kritisieren, oder was? Am Ende des Tages ist es doch ganz einfach. Guck mal. Nehmen wir das Beispiel eines Unternehmens. Wenn das Unternehmen bankrott geht, sind ja nicht die Mitarbeiter dran schuld oder in der Verantwortung. Dann sind ja der CEO oder sonst wer, die Hauptperson, die stehen in der Verantwortung und sind daran schuld. Dasselbe ist beim Fußballverein. So, wenn die Spieler so performen, wie sie performen, dass seit 11 Monaten die Tuchel nun da ist, dann ist dafür der Trainer verantwortlich, weil er es nicht hingekriegt hat, diese Spieler dahin zu bekommen, dass sie besser performen. So, da müssen wir gar nicht weiterreden. Ja, na klar, kannst du damit die Verantwortlichen mit in die Verantwortung nehmen, weil sie Herrn Tuchel geholt haben und eigentlich wissen müssen, worauf man sich einlässt, wenn man den Trainer holt, dass man dann die halbe Mannschaft austauschen muss, dass wir generell mal ein paar Spieler hätten austauschen müssen, die einfach da sind, die satt sind. Gehe ich vollkommen mit. Ja, Brazzo und Olli wurden rausgefeuert, es wurden Freund verpflichtet. Ich denke, die Transfers, die getätigt wurden, hat man auch schon gesehen, dass das eher Freund-Transfers waren und nicht Tuchel-Transfers. Ja, das ist das Thema. Und da muss ich nicht wissen, was genau intern wie abgeht. So. Ich gucke die Spiele, sehe die Spiele und kritisiere das, was ich sehe. So. Natürlich wäre es schön, wenn ich genau wüsste, was, wie, bla, aber Tuchel erzählt doch auch alles. Im Training ist alles gut, ist alles super. Also selbst wenn ich genau wüsste, was abgeht, dann müsste ich ja schon Spieler sein, damit ich genau wüsste, was in der Kabine abgeht, was in der Kabine zwischen den einzelnen Grüppchen, die wir mit Sicherheit haben, hinterm Rücken vom Trainer geredet wird. Da gehe ich mit. Das wäre natürlich mega, das zu wissen. Aber das wissen wir ja nicht. Ja? Also ich denke, so ein Kimmich, Goretzka oder auch Müller, ja, der sich da hinstellt und was anderes erzählt, wie er denkt.
Ich denke, darüber sind wir uns alle einig, oder? Also von daher, Thomas Müller steht neben dem Trainer und bestätigt, dass die Mannschaft super trainiert, aber die Leistung nicht auf den Platz bringt. Was braucht es dazu? Ja, aber ist das Thomas Müller seine Verantwortung oder ist das Thomas Tuchel seine Verantwortung, wenn dem so ist? Wenn ein Trainer sieht, dass der jahrelang praktizierte Dominanzfußball nicht mehr funktioniert, ist es doch naheliegend, sich in seiner Taktik auf die jeweiligen Gegner einzustellen, um die Ergebnisse zu liefern, auch wenn es scheiße aussieht. Kann der FCB nur noch 4-2-3-1 unter Guardiola, hatte der FCB-Spieler mit der notwendigen Spielintelligenz, die in der Lage waren, während des Spiels auf ein anderes System umzustellen. Wer kann das beim FCB heute? Und auch Guardiola bekam erstmal auf die Fresse, als er damit ins Mittelfeld gestellt hat. Wie viel Einfluss hat ein Trainer wirklich auf die Kaderplanung, inklusive Verleihe Stanisic? Ein gestandener Verteidiger wie Walker hätte kurzfristig Sinn gemacht. Der ist mit seinen 33 Jahren noch 1 Kilometer, 37 km/h schneller als Davis und beschäftigt sich nicht damit, wo er mehr Geld verdienen kann. Alle schreien jetzt nach Kloppo und vergessen, wie viel Zeit er hatte, Liverpool zu entwickeln. Würde er so viel Zeit beim FCB bekommen? Der FCB entwickelt sich mittlerweile zu einem Trainer-Verschleißmaschine mit einer Halbwertzeit von 2 Jahren. Tut das insgesamt gut? Schalke lässt Grüße. Motivationsprobleme? Franz Beckenbauer sagte einmal, geht's raus, spielt's Fußball. Was braucht er? Braucht es da mehr? Mir fehlt gerade so viel ein defensiver Mittelfeldspieler wie Rice, ein Ballverteiler wie Wirtz auf der 10. De Ligt ist eine Persönlichkeit, aber gefühlt jedes dritte Spiel verletzt, etc. Die Abgänge an Spielerpersönlichkeiten hat der Verein in den letzten Jahren nicht wirklich kompensieren können. Und Kai, was ich bei dir nicht verstehe, Tuchel kritisiert bei Kimmich, dass dem die defensiven Qualitäten im Mittelfeld fehlen. Deinen Augen redet Tuchel Kimmich schwach und das ist für dich nicht okay. Aber du kritisierst das gleiche Manko und dann ist das okay. Abschließend. Vor Jahren hatte ich das Glück, auf einer kleinen 6-Mann-Party den Teammanager eines renommierten Bundesligisten kennenzulernen. Meine Erkenntnis nach mehrstündigem Gespräch: Mannschaften sind ein extrem sensibles Gebilde und die Verantwortlichen denken Fußball ganz anders, als es nach außen hin propagiert wird. Alles, was wir meinen zu sehen, wissen die schon lange und darüber hinaus. Ich freue mich einfach darauf, dass der Verein seine Konsequenzen zieht, dass wir, die Fans und der Verein sich selbst die Zeit gibt, die Mannschaft neu aufzubauen und wenn es sein muss, auch aus einem Mittelfeld in der Liga heraus. Stimmen dir bei manchen Sachen zu, bei vielen Sachen gar nicht. Kurz zu dieser Kimmich-Thematik, was du bei mir nicht verstehst. Tuchel kritisiert bei Kimmich, dass dem die defensiven Qualitäten im Mittelfeld fehlen. In deinen Augen redet Tuchel Kimmich schwach und das ist für dich nicht okay, aber du kritisierst das gleiche Manko und dann ist das okay. Erkläre ich dir ganz einfach. Tuchel hat sich vor der Saison dahingesetzt, hat gesagt, Kimmich ist für mich kein Sechser, hat sich dann bei Sohn hingesetzt und hat gesagt, Kimmich und Goretzka sind für mich keine Führungsspieler. Hat sich dann natürlich stark gemacht, einen Rice zu bekommen, weil er Kimmich und Goretzka absägen will, hat nicht geklappt, hat sich dann stark gemacht, dass ein Palhinha kommt, hat dann aus welchen Gründen auch immer auch nicht geklappt. Wenn ich doch diese Meinung habe, was ja legitim ist, ja, ist für mich völlig legitim. Ich habe diese Meinung, dass ein Kimmich für mich defensiv einfach kein Sechser ist, der auch nicht stark genug defensiv ist. Den ich vollkommen mitgehe, wie du selber sagst, sehe ich zu 100% so. Ich finde sogar ein Goretzka ist noch defensiv stärker wie ein Kimmich. Warum stelle ich dann den Kimmich immer und immer und immer wieder auf die Sechserposition als Trainer? Das erklär mir. Du sagst gerade selber, dass Tuchel das gesagt hat, dass er ihm defensiv nicht stark genug ist. Warum setze ich ihn dann immer und immer wieder auf diese Position? Warum habe ich dann nicht die Eier zu sagen, pass mal auf, Kimmich, du bist bei mir Rechtsverteidiger oder du sitzt auf der Bank? Dann hätten wir uns einen Transfer von Rechtsverteidiger sparen können. Oder, andere Sache, wir sagen, komm, Josua, du bist defensiv einfach nicht stark genug. Ich hoffe, das siehst du selber ein. Du bist in meinem System eher der Achter, eher mehr der Kreative, der mehr nach vorne arbeitet. Und ich stelle dir einen Pavlovic oder einen Leimer oder einen Goretzka, wen auch immer, als Sechser zur Seite. Passiert das? Nein. Es wird ein Kimmich dahingestellt, es wird dem Kimmich gesagt, du kannst das nicht, du bist kein Führungsspieler, eigentlich will ich dich gar nicht, aber man stellt ihn dann trotzdem darauf auf und redet dann, der Kimmich ist super, ist mein Führungsspieler, Blasölz. So, wer soll das denn ernst nehmen? Du glaubst doch nicht wirklich, du sagst ja gerade selber, dass eine Mannschaft ein sensibles Gefüge ist und natürlich ist es das. Und ganz ehrlich, wenn mir ein Trainer vor der Saison sagt, eigentlich will ich dich gar nicht mehr, ich baue nicht auf dich, ich weiß gar nicht, was du hier möchtest, und mich dann aufstellt
und medial dann wieder anders darstellt, ja, glaubst du wohl nicht wirklich, dass der das Vertrauen vom Trainer spürt. Dasselbe mit Goretzka. Da wird ein Goretzka aufgestellt und dann wird gesagt, ja, der Goretzka darf jetzt spielen, weil ein Guerrero mal hinten links spielen muss. Da wird nicht gesagt, ja, ich baue auf den Leon, ich mag einen Leon und sonst was. Nee. Und dann erwartet man, dass diese Spieler sich 110% für den Trainer opfern. Nee, genau das passiert halt nicht. Ja, und dann sehen wir diese Spiele, die wir sehen. So, alles andere sprengt hier den Rahmen zu sagen. Ich gehe natürlich mit. Von wegen Trainerverschleißmaschine, Alter, fühle ich halt auch nicht. Ja, die Geschichte mit Nagelsmann war im Nachhinein natürlich ein Fehler. Du hättest halt mal sagen müssen, hier, pass auf, das ist euer Trainer und wer nicht mitzieht, muss den Verein verlassen, Punkt. Das wäre die richtige, rationale Geschichte gewesen. Ja. Aber ja, da hat der Verein ja die Ausrede geschaffen mit Brazzo und Olli, dass die schuld wären und hat sie rausgeschmissen. So, ja. Und davor mit Kovac hat Müller abgesägt. So. Warum haben wir eine Halbwertszeit? Weil alle den Müller absägen wollen. Schwierig. Natürlich haben zu viele Spieler zu viel Macht. Es gibt zu viele Grüppchen. Der Kader ist nicht ausgewogen zusammengestellt. Über die letzten Jahre natürlich. Ja, aber es ändert ja alles nichts daran, dass ein Tuchel gerade der absolut falsche Trainer ist für unseren Verein. So, und wenn dem so ist, ja, dann drauf geschissen, Alter. Dann wirst du halt öffentlich zerrissen, aber du musst die Notbremse ziehen, Alter. So, fertig. Der Trainer hat in 11 Monaten nicht einen Spieler auch nur ansatzweise auf sein normales Niveau gehoben. Nimm mal Harry Kane raus, nimm mal 10 Spiele, 15 Spiele von Sané raus. Das war's. Nein, im Gegensatz. Er hat Spieler wie Kimmich, Goretzka, die schon schlecht waren, noch mehr verunsichert. De Ligt hat er komplett demontiert. Ein Müller hat er komplett demontiert. Man kann froh sein, dass ein Müller so gute Miene zum bösen Spiel macht, wie er es gerade tut. Man sieht auch, wenn ein Müller auf dem Feld ist, wie gut das ein Musiala tut. Hat ein Musiala auch damals mal unterm Nagelsmann gesagt, weil da auch immer so Diskussion aufkam. Müller und Musiala eigentlich dieselbe Position. Hat ein Musiala mal gesagt, dass es ihm super gut tut, wenn Müller neben ihm auf dem Platz steht. Und so weiter und so fort. Ja, es werden ganz, ganz viele Sachen demontiert und dann wieder anders gemacht. Es ist ja okay, ich gehe ja mit. Ja, und Kimmich und Goretzka sollten vielleicht einfach den Verein verlassen. So. Ich denke, das wird dem Verein gut tun, wird ihnen auch gut tun, dass sie mal wieder in ein anderes Umfeld kommen, wo sie noch nichts erreicht haben, wo sie nicht so gehypt werden, wo sie mal wieder liefern müssen. Ich glaube, es würde ihnen gut tun. Würde der deutschen Nationalmannschaft wahrscheinlich auch gut tun. Da gehe ich ja 100% mit. Und ich finde es auch gut, wenn Tuchel das dann kommuniziert vor der Saison. Finde ich völlig legitim. Ja? Aber dann zieh die Scheiße durch. Und was macht er stattdessen? Nein, er nimmt einen Leimer, der eine Katastrophe als rechter Verteidiger ist, stellt den auf die rechte Verteidigerposition die halbe Saison. Anstatt zu sagen, pass mal auf, Josh, ich halte dich eh nicht für einen Sechser. Hier, tschüss, geh auf rechter Verteidiger, da bist du gut. Wo wäre das Problem gewesen? Aber nein, dann hätte man ja, das hätte ja klappen können. Ja, ein Goretzka oder auch ein Pavlovic, was man ja gesehen hat, oder selbst ein Leimer hätte ja klappen können. Und dann hätte ich mich ja nicht mehr dahinstellen können und wieder in der Winterpause vor. Ich möchte aber jetzt endlich eine Holding Six haben. Ja, da kommt vor einer, der Pavlovic ist doch super, hat doch eine super Entwicklung genommen, spielt stark. Nein, der Pavlovic ist auch keine Holding Six. Wenn, dann bin ich einen richtig defensiven Sechser und nichts anderes. So, fertig. Ali Tantur, danke für deine wirklich ehrliche Meinung. Hut ab, mal die Wahrheit gesagt. Respekt. Nee, ich sage nicht mal die Wahrheit, ich sage immer die Wahrheit. Aber danke. Dumbo Jumbo, ich würde so gerne erfahren, wieso er so aufgestellt hat. Ich glaube auch nicht, dass wir das wollen. Blackjack, bei den Kader muss man als Trainer mehr daraus machen. Ja, das steht außer Frage. Dancerman, solche Flaschen und zwar ganz oben beginnt und das seit Jahren. Mein Bayern-Herz blutet stark und das schon seit Jahren. Ja. Martin Meyer, ich höre mir dich erst morgen an, Kai. Ich habe auch die Krawatte noch zu dick. Aber nach dem Spiel und nun erstmal emotionslos. Ich musste an Friedrich Schiller denken. Pfui über die schlappe Kastratenelf. Zu nichts nütze, als den Ball zu ruchieren, die Millionen zu verdienen, die Geister als Vorderer mit schlechtem Spiel zu schinden und zu verhunzen mit Trauerspielen. Die Kraft unseres Spiels ist versiegen gegangen. Und nun kann nur Bierhefe den Finn bei der Stange halten. Natürlich der Quellennachweis. Das schenken wir uns. Vielen lieben Dank. Joe Oswald, der Mensch ist ein Opfer seiner Erwartungshaltung.
Ich kann mich weder aufregen, noch bin ich sonderlich enttäuscht vom Spiel, da ich nichts anderes erwartet habe. Für mich ist seit geraumer Zeit schon die Frage, wer wird Nachfolger von Thomas Tuchel. Ich möchte einfach mal wieder schönen und dominanten Fußball sehen. Zieht sich nun schon seit Anbeginn. Von schockverliebt bis bei mir war Pavard noch nicht und hat gesagt, dass er gehen will. Bis die Ausleihe von Stani und dann das Jammern, wir haben keine Verteidiger. Bis zu wenig Spielminuten für Tell, bis zu suspekte Aufstellung und so weiter. Tja, Thomas, die Karten liegen nun auf dem Tisch. Die sehen nicht gut aus. Ja, gehe ich mit. Tom W., was wir in den letzten Jahren spielen, unter Nagelsmann und jetzt auch Tuchel, ist kein Mir Samir. Wenn man einen Trainerwechsel vornimmt, dann holt man doch nicht einen Trainer, der fast dieselbe Art hat. Alonso macht es bei Leverkusen wie Jupp und Flick bei Bayern. Er bleibt bei den Basics und nimmt das ganze Team in Leidenschaft und Menschlichkeit mit. Wir haben Fehler im Spiel, die man in der Kreisliga macht. Kaum Bewegung, Fehler im Passspiel und so weiter. Es macht kaum noch Spaß, uns zuzuschauen. Und das nicht, weil wir höchstwahrscheinlich keinen Titel holen, sondern weil die ohne Leidenschaft spielen. Und wir Fans scheinen den Spielern egal zu sein. Hauptsache die Millionen sind auf dem Konto. Ja. Jared Berger, wer gegen uns 4 Punkte auf 6 holt, wird auch verdient Meister. Im Wissen, dass von den 5, die es jetzt vor uns sind, 4 von uns stammen. Naja, das ist ja auch wieder eine wilde Rechnung. Da kannst du auch sagen, die Bremer und Frankfurter haben uns 6 geklaut, hätten wir die dabei. Also, wir müssen nicht darüber reden, wenn Leverkusen Meister wird, dass es verdient ist. Ja. Uwe, ein Unentschieden hätte ich vorher auch getippt. Ich bin erschrocken, wie chancenlos die Bayern waren. Bisher hat individuelle Klasse gereicht, wenn aber individuelle Klasse mit Teamgeist gepaart wird, dann ist man so überlegen wie Leverkusen. Ich gebe in allen Punkten recht, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn es einmal einen anderen Meister gibt. Das ist für einen Bayern-Fan schwer zu ertragen, aber so ist die Realität. Vielleicht klappt es mit etwas Glück in der Champions League. Ja, da verschlägt es mir schon die Sprache. Nee, da müssten wir schon so einen Haufen voll Glück haben. Ja, und natürlich ist das völlig okay. Also nochmal, ich bin kein Bayern-Fan, der sagt, ich muss hier 30 Jahre in Folge Meister werden. Ich fand es früher 80er, 90er Jahre auch viel interessanter. Darum geht es gar nicht. Ja, es geht nicht darum, ob wir den Titel holen oder ob man den irgendwen anders gönnt oder sonst was. Das interessiert keinen. Es interessiert die Art und Weise, wie man Fußball spielt. Und das ist gerade einfach grottig. Funklava. In der Deutlichkeit habe ich das nicht erwartet. Das Interessante kommt erst noch. Wir gehen die Bayern mit dem Resultat um. Kommt der absehbare Trainerwechsel sofort oder zu Saisonende? FC Hollywood wird auf jeden Fall geboten, im Doppelpass wird es erstmal monothematisch. Du sprichst Klartext und man will dir denn ernsthaft widersprechen und jetzt geht es in die Champions League. Tuchel wird konsterniert bis paralysiert und wird den Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen. Nee, weil das tut er ja schon seit Saarbrücken, Alter. Aber auch davor die Saison, also ich habe schon keine Erklärung mehr. John Schlipp, bin mal wieder bei dir, wie immer. Tuchel muss weg, spätestens am Ende der Saison, wenn man De Ligt auf die Bank setzt und einen Spieler bringt, der erst einen Tag wieder da ist. Unglaublich. Der Tuchel hat 0 Taktik und kein eigenes Konzept und schon gar nicht die Fähigkeit, in einem Spiel zu reagieren. Aber er tritt zum Punkt Training. So wie Schalke der Meister der Herzen ist, sind wir eben nun der Meister des Trainings. Ja. Ach so, ob wir jetzt den Tuchel sofort aus dem Saisonende entlassen? Ich glaube nicht, dass das sofort passieren wird. Ich glaube, der Verein gibt sich nicht diese Blöße oder will sich nicht diese Blöße geben. Dass so mancher Experte am Ende des Tages doch recht behält. Ich glaube, das ist gerade so ein großes Problem bei uns. Ibaka Dribra. Was will er denn erzählen, was nicht alle gesehen haben? Wen meinst du jetzt? Mich oder was? Ich weiß es nicht. Komm, Christoph, zu mir erzählen. Minas. Erstens System. Wir spielen immer 4-2-3-1, aber plötzlich sehe ich eine Dreierkette, die in keinem Spiel mit diesen Spielern ausprobiert wurde. Und plötzlich fällt diese Idee auf das wichtigste Spiel des Jahres ein. Zweitens, athletisch. Man kann keine Chance kreieren gegen eine sportlich kompakte Mannschaft wie Leverkusen, die mit Manndeckung spielt oder Abstand der Zonen maximal auf 15 Meter hält. Läuferisch sehr stark und schnell in die Transition, wenn der Ball nicht mit einem Kontakt schnell dem anderen weitergegeben wird. Sané und Musiala versuchen nur über Dribbling Raum zu finden.
Richtig. Das ist kein Plan. Flanken und Standards sind schlecht, also bleibt es übrig, nur die Fehler vom Gegner. Drittens, Taktik. Wir bewegen uns ohne den Ball im Raum gar nicht. Yes. Ja. Psychologische Vorbereitung. Die Spieler spielen nicht für den Trainer, das heißt, sind gar nicht motiviert. Fehlt das Gefühl der Mannschaft im Feld und versuchen mit individuell immer das jeweilige Rätsel zu lösen. Das ist zwar nötig, aber nicht in jedem Spiel und immer auf gleiche Art und Weise. Denn man hat bitter festgestellt, wie diese Klasse leicht abgeschaltet werden kann. Ja, natürlich. So, nehmen wir es doch mal, brechen wir es mal runter auf, keine Ahnung, Bremen, nehmen irgendeine schwächere Mannschaft. Auf dem Papier schwächer, ja? Nichts gegen diese Mannschaften. Was musst du denn aktuell gegen uns machen? So. Du stellst 3 defensiv starke Spieler, einen gegen Sané, einen gegen Musiala, einen gegen Harry Kane. Punkt. Stehst dazu kompakt, defensiv, spielst als Mannschaft, hilfst dir gegenseitig, doppelst mal und schaltest schnell um. So, Punkt. Blaupause. Mehr brauchst du nicht. Alles andere ist... Ja. Unfassbar, was das heute war, Acker. Aber wie du, hatte ich genau das erwartet. Ja, traurig, aber wahr. Belal Alishat. Ich stimme dir zum Teil zu, was hat heutiges Spiel angeht. Alles richtig analysiert. Da war gar nichts. Tuchel hatte in der zweiten Halbzeit sofort 3 neue bringen müssen. Aber alles schlecht reden würde ich auch nicht. Letzte Woche gegen Gladbach war die Partie nach Rückstand noch gut und sonst waren auch ein paar gute. Ja, kann jeder sehen, wie er möchte. Günther Mohr. Die Bayern, Team und Staff wirken so isoliert voneinander, wie im freien Raum schwebende Elemente. Ja. Viele Trainer haben aufgesetzte Sprüche. Die sind aber vielleicht für viele Spieler sehr passend, weil sie schützen. Tuchel hat seine ehrlichen Einschätzungen raus, dass er selbst es nicht versteht, dass er keine Ahnung hat, was läuft. Tuchel macht es nicht mehr lange. Hoffen wir es. Peter Waldbauer, es wäre doch mal interessant zu eruieren, warum es mit Tuchel bei uns nicht passt, aber woanders es mit ihm offenbar gepasst hat und warum er den BVB ausgecoacht hat, aber nicht Bayern. Ja, erstmal ist Leverkusen besser wie der BVB, sehe ich auch so, zumindest wie der BVB damals war. Das andere Thema, ich glaube, die Dortmunder sind auch einfach ins offene Messer gelaufen, genauso wie die Stuttgarter. So. Man wollte es einfach den großen FC Bayern zeigen und hat nicht damit gerechnet, dass der große FC Bayern halt sich so verändert hinten reinstellt am Ende des Tages. Und natürlich auch immer Tagesform, ne? Und dann nach so einem Spiel wie gegen Saarbrücken, ja, da gab es nur 2 Möglichkeiten. Entweder reißt die Mannschaft sich den Arsch auf, heißt, die spielt für den Trainer, oder sie geht sanglos, klanglos unter und der Trainer wäre geflogen. So, das waren die Alternativen dort. Aber wenn man dann so Auftritte sieht wie gegen Frankfurt, Bremen und so weiter, dann, ja. Rocky the Story. Rocky the Stocky. Steffen Baumer übernimmt zusammen mit Uwe Gospodare, den er aus Köln mitbringt. Wer den Uwe Gospodare kennen wir ja, ist ja kein Problem. Matthias Mischstahl, endlich mal einer, der Tacheles redet, obwohl ich Tuchel mag. Weiter so. Smack nicht, LP. Smack nicht? Das war das wichtigste Spiel die Saison. Einfach schlecht von Bayern. Jo. Timo Gordel, ganz ehrlich, ich habe in meinem ganzen Leben nicht so ein schlechtes Spiel gesehen. Da bekommt man ja Angst. Da Erik Ribbeck Nöben war es eher nicht. Ja, aber ich denke, haben wir da jemals ein Spiel gehabt, wo wir nicht eine Torchance hatten? Ich glaube nicht. The Creating Runner. Tuchel hat den Ancelotti gemacht. Bernard Lubina. Die Aufstellung eine Katastrophe. Danke, Tuchel. Hast du klasse gemacht. Deine Analyse wieder super. Danke. Infomalerei der... Leute. Ich kann's nicht. Legt euch vernünftige Namen zu. Black Mooner, Flick soll bis Saisonende übernehmen mit weiterer Option. Ich bin schon zu weit zu sagen, es wäre wahrscheinlich sinnig. So weit bin ich schon. Und ihr wisst, was ich vom Hansi halte. Statement Deklassierung. Es ist immer einfach, nur den Trainer zu kritisieren. Aber Tuchel ist der Haupttreiber dieser Entwicklung. Das passt hinten und vorne nicht. Bayern war komplett hilflos. Aber das ist gut so. Denn es muss was passieren im Sommer und dafür benötigt es eine Saison wie diese. So hart es ist. Nee, die letzte Saison war schon dasselbe. Aber nicht nur dieses Spiel war nicht Bayern-like. Da geht ja schon seit Tuchel da ist. Ganz genau. Aber auch die Spieler müssen jetzt endlich mal vom Club in die Pflicht genommen werden. Sollte die Saison keine Konsequenzen für die Spieler haben, dann kannst du den Laden zusperren. Ja, sehe ich genauso.
Wenn ich gestern was Positives finden möchte, dann ist das der Gewinner des Spiels, Matthias de Ligt. Was Tuchel mit dem Jungen macht, ist Wahnsinn. Für mich ist de Ligt klar nicht frei von Fehlern, der Führungsspieler, den wir in der Abwehr brauchen. Viele Grüße an dich, Kai, und der Runde hier. Sehe ich leider genauso. Ismail. So schnell wie möglich Flick holen, bevor er noch zu haben ist. Tuchel und Bayern passt von der Chemie nicht. Dass er bis jetzt da ist, liegt daran, dass die Punktebeute gut ist. Aber die Art und Weise, wie wir seit Monaten spielen, ist einfach nicht Bayern-like. Ja. Hammo Rambo. Du hast im Großen und Ganzen recht gut auf den Punkt gebracht. Ansolian, ich möchte meinen Kommentar diesmal so nutzen, dass ich das zu meiner Ansicht absolut positive hervorzuheben, was Bayern diese Saison getan hat, und ich habe lange darüber nachgedacht. Allerdings ist es offensichtlich, unsere Transfers, und das ist sowohl auf Spieler als auch Management bezogen. Circa ein Jahr nachdem wir sowohl Trainer, Sportdirektor als auch Präsident ausgetauscht haben, finde ich, dass sowohl Kane, Min-jae, Dyer Boy als auch Freund mit Vorschuss Bernd Eberl hier zu erwähnen, super Transfers waren. Wenn nächste Saison Sebastian Hoeneß kommt, zerschießen wir die Liga und hoffentlich auch die Champions League zum Spiel. Glückwunsch Leverkusen zur Meisterschaft. Ich glaube nicht, dass wir die Eier haben werden, den Hoeneß da in die Verantwortung zu nehmen. Ansonsten gehe ich mit dir. Also ich finde unsere Transfers jetzt auch nicht so schlecht. Der Reno, schön mal einen Bayern-Fan zu sehen, der wie ein Hertha-Fan redet. AOE, Hertha BSC. Christian, Neuer soll der Mann für die EM sein. Wer sagt's ihm? Naja, der ihn schon bei Bayern nicht so, weißt du? Ich denke, der wird's ihm sagen. Oder schickt einen Rudi vor. Gerd Lichter. Bin gespannt, wer beim nächsten Spiel wieder spielen darf. Immer spielen andere. Toll. Mourinho oder Zidane holen diese Mannschaft. Braucht Feuer und eine Autorität auf der Trainerposition. Naja, der Tuchel sollte eigentlich eine Autorität sein, aber irgendwie ist er doch mehr Kumpeltyp, glaube ich. Thorsten Voges. Du hast komplett recht. Das Bayern-Spiel ist total langweilig. Ich glaube, die haben das Fußballspiel verlernt. Hans Wurst, meiner Meinung nach ein weiteres schlechtes Spiel von uns, was jetzt aber auch nicht viel schlechter ist als zum Beispiel das bei Gala in der Champions League. Wer jetzt immer noch Bayern rein nach Ergebnissen bewertet, der sollte sich nicht Bayern-Fan nennen. Stimme ich dir 100% zu. Hätten wir nicht so eine hohe individuelle Klasse vorne, hätten wir 70% der gewonnenen Spiele nicht gewonnen. Ja, Tuchel ist ein guter Trainer, aber seine abwartende passive Philosophie passt eben null zu Bayern und zu der Mannschaft. Die Jungs wollen Fußball spielen und die wenigen, die sich für Bayern den Arsch aufreißen, wie Müller, Tell, De Ligt, etc., werden vom Trainer degradiert. Ja. Gunther, warum musste Nagelsmann gehen und Tuchel ist noch da? Andor, mir fehlt das Teamgefüge bei Bayern. Das ist genau das, was Leverkusen viel, viel besser macht. Verstehen das in allen Bereichen. Respekt. Ich mag Tuchel, aber er passt nicht zu Bayern. Basta. Uli wird nicht glücklich sein und das ist noch nett geschrieben. Ich denke auch, ja. MOK, geil, was Leverkusen spielt. Geil, was nach dieser Saison an Investitionen in München kommen werden. Das weiß ich gar nicht. User, also wenn die Bosse jetzt Tuchel nicht feuern, ist dieser Verein nicht mehr zu helfen. Manso und Winchester. Bin seit 93 Bayern-Fan und habe selten so eine Nichtleistung gesehen. Wir hatten keine wirkliche Torchance und waren hilflos. Dann noch schön Boyer als LA. Also linken Außenverteidiger, den man extra für Erfurt holt. Plötzlich wieder Dreierkette, wo man weiß, dass es meist nicht gut geht. Und Min-jae nach dem Asien Cup spielen lassen, anstatt De Ligt. Leverkusen war nicht überragend, aber gegen uns sahen die heute aus wie der nächste Champions League-Sieger. Hätte man bei Nagelsmann bleiben können, eine Saison ohne Titel würde unserem FCB, glaube ich, ganz gut tun. Dann vielleicht mal in der Mannschaft auf links drehen. Ja. Schmidti, dem ist leider nichts hinzuzufügen. Witzkus Fred. Das erste, nachhinein spielen schon der Tor, hätte Sané todsicher daneben geschossen. Das sagt alles über ihn aus. Mir erscheint es so, einige Spieler wollen Bayern verlassen und provozieren es mit absichtlich schlechter Leistung. Ob das am Trainer liegt, ist von draußen schwer festzustellen. Wuchti, bin jetzt wenige Stunden nach der Blamage immer noch frustriert. Tuchel allein ist nicht schuld. Die Spieler haben sich gefälligst den Arsch aufzureißen. Sie verdienen Millionen und haben eine Verpflichtung gegenüber den Fans. Ich fordere eine Trotzreaktion in den nächsten Spielen. Ja, die wirst du auch vielleicht sehen. Die wird wieder 3-4 Spiele halten und dann wirst du den nächsten auf den Deckel kriegen. Also, wenn sie überhaupt die Kurve jetzt nochmal kriegen, das wird halt interessant zu sehen sein. Makai, hast gut erklärt, aber wenn dann der Vorstand nicht sieht, dass die Mannschaft einfach gegen Tuchel spielt und weiter an ihm hält, dann tut es mir echt leid. Kevin Freitag, hey, finde, dass Tuchel eigentlich ein super Trainer ist, aber er kriegt es einfach nicht hin bei Bayern. Ganz ehrlich, ich glaube, unter Klopp würde die Mannschaft brennen.
Er schafft das komischerweise überall, seine Mannschaften zu motivieren. Mich würde interessieren, was du von ihm hältst, beziehungsweise wie du ihn bei Bayern sehen würdest. Ja, ich glaube, dass das keine Alternative ist. Ich denke, Kloppo wird ein Jahr Pause machen. Und ja, ich gehe mit, dass Kloppo mit Sicherheit jede Mannschaft motivieren kann. Er ist einfach ein Motivationskünstler. Und dass er ein guter Trainer ist, oder ein sehr guter Trainer, denke ich, steht außer Frage. Dass er zum FC Bayern passen würde, denke ich, steht auch außer Frage. Ja, da müsste ich meine persönliche... Obwohl er ist... Der Kloppo ist schon sympathischen. Ne? Aber so die BVB-Vergangenheit hängt halt echt noch nach, so ein bisschen bei vielen Bayern-Fans. Und da gehöre ich dazu, aber das müsste man dann mal ein bisschen außen vor lassen. Aber ich glaube nicht, dass ein Kloppo sich das... Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er ein Jahr Pause machen wird, mindestens. Unsere Karten waren heute weiß und ohne Zahlen und Bilder. Vielleicht waren sie auch einfach schwarz. Wildpack. Bayern hat doch die letzten Jahre oft genug den Trainer gewechselt. Wen will man denn noch holen, der diese Mannschaft hinbekommt? Man hat heute deutlich einen Klassenunterschied gesehen. Die Verteidigung und der Spielaufbau ist unterirdisch und komplett fehlerbehaftet. Die Offensive hat nicht die Ideen, um das Spiel schnell zu machen. Das deutet sich aber bereits schon länger an. Aber der Verein ist nicht bereit, die nötigen Maßnahmen einzuleiten, um diese Fehler zu beheben. Und nein, alleine mit einem Trainerwechsel wird man dieses Problem in Sicherheit nicht beheben. Ich glaube schon, dass man das mit einem Trainerwechsel beheben würde, dieses Problem. Ja, wir haben satte Spieler, gehe ich mit, habe ich oft genug gesagt. Kimmich, Goretzka, Blasölze, brauchen sich 100.000 Mal wiederholen. Trotz alledem kannst du aus dieser Mannschaft viel, viel mehr rausholen. Es ist doch nicht so, dass diese Mannschaft schlecht ist. Also du hast einen Harry Kane vorne stehen, du hast einen Musiala, der einfach auf der vernünftigen Position spielen muss. Du hast einen Müller. Du hast einen jungen Tell, der richtig Bock hat. Du hast so viele gute Spieler, die richtig Bock haben, aber du schenkst den Spielern kein Vertrauen, du ignorierst diese Spieler, du demotivierst diese Spieler, hast dazu kein Konzept, ja. Das Konzept ist, ja, macht ihr mal da vorne durch eine Einzelaktion. Nein. Na klar, haben wir Probleme im Kader, definitiv, aber ein anderer Trainer würde so viel mehr aus dieser Mannschaft herausholen. Marie Rose, du hast so recht mit deiner Meinung zu Tuchel. Sag von Anfang an, dass er der Falsche ist. Der Fußball ist grauenhaft. Er redet 24/7 Spieler schlecht. Viel überteuerte Spieler und ekelt Spieler wie die Licht raus. Dazu seine Aussagen in Interviews. Verstehe nicht, wieso ihn so viele verteidigen. Ja, der Punkteschnitt in der Liga ist ganz gut, aber das ist, wie du meintest, oftmals durch individuelle Qualität passiert. Ja, leider. Vergessen. Stin. Also, zum heute Spiel katastrophal. Zum anderen wegen dem Trainer. Wenn der Trainer gehen muss, dann müssen auch Spieler mitgehen. Zum Beispiel Kimmich, Sané, Fonsi, Gnabry und so weiter. Es liegt nicht immer am Trainer. Ich finde einen Neuaufbau mit jungen Spielern gut. Wir haben so gute junge Spieler, die für den FC Bayern alles geben. Ist so. Ja, aber die spielen ja unter diesem Trainer nicht. Also ist der Trainer doch schuld. Punkt. Woodwork Balance. Entscheidend waren die Worte von Thomas Müller nach dem Spiel. Ihr hattet eine Woche Zeit, euch auf das Spiel vorzubereiten. Und anscheinend scheint ja alles im Training zu klappen. Was Leverkusen die Saison einfach besser macht, ist, dass es egal, wer reinkommt und wo er dann spielt. Jeder zockt einfach Fußball und hat Bock. Ja, das ist ja auch völlig gut so. So muss das ja auch sein. Umbruch jetzt, alle Ballerbieren wie Sané, Kimmich, Goretzka, Gnabry plus TT weg. GBI. Chris, peinliche Vorstellung. Das Interview von Müller nach dem Spiel bringt es auf den Punkt. Quote? Das vermisse ich im Spiel bei meiner Mannschaft. Genauso störe es ihn, dass oft immer nach Plan von hinten herausgespielt wurde. Ihm gefalle es auch mal, wenn einfach mal ein langer Ball von mir aus ins Aus gespielt wird. Dann können wir zustellen. Doch wir spielen von A nach B, von B nach C und keiner hat die Freiheit, einfach mal zu zocken. Das ist die Spielweise von Tuchel. Hinten den Ball in der Fünferkette hin und her schieben und dann ohne Plan nach vorne. Und keiner darf mal nach vorne schießen. Dann Pavlovic gegen Kimmich zu tauschen und statt Goretzka ist das nächste Problem. Namen müssen auf dem Platz nicht, wer gut spielt. Stimm dir zu, Tuchel muss weg, ansonsten ändert sich nichts. Aber eigentlich ein Auskommen, was ich erwartet habe. Ja. Thorsten, krass, mindestens 3 Tore zu wenig. Bayern hatte verdammtes Glück. Ach, komm, ich gebe dir ein Herzchen, aber 3 Tore zu wenig fühle ich jetzt auch nicht. Leverkusen war klar besser, hat verdient 13-0 gewonnen. Ja, alles gut. Chris, warum schmeißen die den Kasper nicht raus? Weiß ich nicht. Also sich keine Blöße geben wollen. Magda Belju. Boah, starkes Statement. Kein Bayern-Fan würde deine Aussagen unterstreichen. Ich sage seit Monaten, dass Bayern gar nicht weiß, warum sie Zweiter sind. Freue mich für meine Leverkusener eigentlich auf eine Meisterschaft. Ja, kannst du dich sehr wahrscheinlich auch drauf freuen.
Es sei denn, wir hauen den Tuchel noch raus diese Woche, aber das wage ich zu bezweifeln. Es gibt schon ein paar Bayern-Fans, die das ähnlich sehen wie ich, aber ja, du hast recht, der Großteil sieht das nicht und redet alles schön. Oliver Bolt, die Antworten von Bayern München per Post oder E-Mail auf geschäftliche Art und Weise sind mehr als eigenartig. Da kann ich leider nichts zu sagen. Ich gebe dir mal ein Herzchen, ich weiß nicht, worauf du abzielst. Jim Jupiter, ein guter Torwart verhindert das Tor zum 2:0. Ja, kann man vielleicht so sehen, weiß ich nicht. Das neue aktuell nicht wirklich gute Form hat man, denke ich, gegen Gladbach schon gesehen. Manuel Pierla, sicher war die Taktik nicht die beste, aber mir ist es zu einfach, alles auf den Trainer zu schieben. Auf dem Platz stehen Spieler, die Millionen verdienen. Ja. Und trotzdem ist der Trainer dafür verantwortlich. Ich habe vorhin das Beispiel mit der Firma gebracht. Brauche ich nicht wiederholen, oder? Viererkette, Dreierkette, Fahrradkette. Genau. Nach 11 Meisterschaften in Folge gibt es nun offenbar wieder einen Gegner in der Bundesliga, der mindestens auf Augenhöhe spielt. Das liegt auch daran, dass bei der Trainerwahl und Kaderzusammenstellung zu viele Fehler gemacht wurden. Allein Tuchel an den Pranger zu stellen, ist etwas zu kurz gegriffen. Nee, Tuchel ist derjenige in der Verantwortung. Das ist nicht zu kurz gegriffen. Ich wette, gut, hätte, Fahrradkette, sind wir wieder beim Thema. Ich denke, mit einem anderen Trainer würden wir besser dastehen, wie wir aktuell dastehen. Ohne Frage. Aber auch nur meine Meinung. Aber na klar, habe ich auch schon mehrmals gesagt, natürlich musst du auch einige Spieler natürlich in die Pflicht nehmen. Aber dafür ist auch der Trainer verantwortlich. Wenn er das nicht tut, tut er das nicht. 75 Malex, nur Torschancen, einfach nur erbärmlich, keine Bewegung in der Offensive. Sané Musiala hätte ich spätestens in der Halbzeit ausgewechselt. Stattdessen lässt der Trainer Müller, Tell und direkt auf der Bank sitzen. Jo. Torben, ganz ehrlich, irgendwann nach zig Jahren hat Bayern dann ausnahmsweise auch mal eine schlechte Phase und dann werdet ihr auch nur nicht Meister, weil Leverkusen eine abnormale Saison spielt. Spricht also trotzdem noch für euch. Nächstes Jahr kauft ihr wieder dick ein, holt einen neuen Trainer und die nächsten 10 Jahre seid ihr leider wieder Meister. Fühle ich nicht wirklich die Aussage. Ja. Ich glaube da noch nicht dran. Also mal abwarten. Vielleicht hält Leverkusen noch seine Mannschaft zusammen und es wird nächstes Jahr auch ein Konkurrent sein. Und mal abwarten, ob wir die Kurve so einfach kriegen. Also wir spielen jetzt seit 2 Jahren schlechten Fußball. Ist ja nicht erst seit 5 Monaten oder sowas. Also mal abwarten. Fall. Alle haben gesagt, dass Nagelsmann ein junger Trainer ist und Zeit brauchen wird. Er soll eine Ära prägen, hieß es aus München. Alle haben gesagt, dass Tuchel menschlich schwierig werden kann, aber in München war der schnelle Erfolg in Gefahr. Alle sagen, dass Matthäus nicht das Zeug zum Bayern-Trainer hat. Ihr wisst also, was zu tun ist. Tobatine, genau, Thomas Tuchel, Fußball ist ein Witzpunkt und alle, die so einen Typ nicht schon längst rausgeschmissen haben. Michael Finster, mein Glückwunsch und Respekt an Leverkusen. Wünsche euch aus tiefstem Herzen den Titel. Schwarz-gelbe Grüße aus Dortmund. Hab's jetzt auch gesehen. Chico. Korsika, in dem Zustand, wo du jetzt bist, war ich vor 2 bis 3 Monaten. Meine Meinung zu Tuchel dürfte dir klar sein. Deshalb rege ich mich auch nicht mehr auf, sondern schaue ich die Spiele emotionslos. Ich bin einfach nur froh, wenn Tuchel weg ist. Am Mittwoch gegen Lazio, das kann ich euch jetzt schon sagen, wird ein schwieriges Spiel. Schwierigeres Spiel als am Samstag gegen Leverkusen. Lazio hat nichts zu verlieren. Die freuen sich, dass Bayern kommt. Lazio wird sich hinten reinstellen und auf Konter spielen. Mein Wunsch gegen Leverkusen ist wahr geworden, dass sie abgeschossen werden und wünsche mir einfach nur, dass wir gegen Lazio nicht gewinnen. Vorsika, ich gehe ja mit dir, ne? Kriegst auch ein Herzchen für deine Tuchel-Aussage, aber zu hoffen, dass wir nicht gewinnen, weiß ich nicht. Ich kenne deinen Hintergedanken, du hoffst, sollen wir gegen Lazio jetzt auch nochmal 3:0 verlieren, dann führt ja kein Weg mehr dran vorbei, Tuchel rauszuschmeißen. Kann die Aussage schon verstehen, aber natürlich können wir nicht darauf hoffen. Ja. Wir sind ja immer noch Fan unseres Vereins und der Verein steht über alles und Stefan C. Das Schlimmste, das schimpfte sich Topspiel. Also eine Mannschaft war top, die andere war Bayern. Falls jemand die Interviews nach dem DFB-Pokalspiel Leverkusen-Stuttgart gesehen hat, Undorf meinte, dass die beiden besten Mannschaften der Liga gegeneinander gespielt haben und manche meinten, dass das eine Spitze gegenüber Bayern war. Dabei war es einfach nur die Realität. Als neutraler Zuschauer war ich heute echt enttäuscht. Das war wirklich mies, ein Spiel auf Augenhöhe erwartet und dann das bekommen. Wofür gebt ihr denn bitte die Millionen aus in FCB? Keine Ahnung, wer sich da angegriffen gefühlt haben sollte. Also ich habe das Spiel Stuttgart gegen Leverkusen in der Bundesliga gesehen und ja, das sind die beiden Mannschaften, die aktuell den besten Fußball spielen. Da muss man sich nicht angegriffen fühlen.
Mr. Retopeter. Mr. Retopeter. Bayern ist keine Einheit, kein Team. Tuchel sagte vor dem Spiel, jetzt werden die Karten auf den Tisch gelegt. Ja, man hat gesehen, wer Bayern ist. Kein Zusammenhalt, gar nichts. Und ein Trainer, welcher niemals Selbstkritik übt. Schämen sollte er sich. Schoasseln. Sehr gute Rede, Respekt hätte ich von einem Bayern-Fan nicht erwartet. Ja, danke. Katakuri, bin vollkommen deiner Meinung, was Musiala und Sané anbelangt. Eigensinnig und nicht teamfördernd. Ja, aber leider denke ich, dass das auch so vorgegeben ist. Michael Steiner, immer wieder spannend. Ich hoffe, du kommst ohne Geldstrafe davon. Ja, hoffen wir das. User, Leverkusen ist diese Saison top. Klar besser als Bayern und das seit Anfang der Saison schon. Und was Alonso macht, Respekt. Er hat Leverkusen auf Platz 17 übernommen vor 18 Monaten. Und dieses Jahr wird er Meister 100 Pro. Er lässt sein gesamtes Stammangriff auf der Bank und bringt junge, hungrige Jungs wie Adli und Teller und haut damit die Bayern mit 13-0 weg. Sowas machen nur große Trainer. Jo. Gari, sind zwar nur 5 Punkte, aber Bayern holt mit Tuchel keine Titel. Magath wäre genau der Richtige bis Saisonende, um noch Meister zu werden, oder nicht? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Zeit eines Magaths, der eine Mannschaft über Angst formt, sind in der heutigen Zeit auch vorbei. Gerard Berger, aber ich denke, es wäre wahrscheinlich trotzdem besser wie unterm Tuchel, ja. Gerard Berger, Kimmich hat, glaube ich, den gefährlichsten Schuss aufs Tor gebracht. Nee, ich habe keinen Schuss aufs... Es gab nur einen Schuss aufs Tor und der war von erster Halbzeit von Mazraoui, sonst gab es keinen Schuss aufs Tor. Tuchel muss weg. Willingo, als Bayern-Fan glaube ich nie, dass es durch ist, bis es nicht durch ist. Ja, dann lebst du gerade noch leider in einer Wunschwelt. Ich stimme dir zu, früher war das so, aber nein, unterm Tuchel muss man muss Realist sein, also so Offenbarungseide wie gegen Frankfurt oder auch jetzt gegen Leverkusen sprechen einfach nicht dafür. Wie gesagt, da müssten wir jetzt knallhart sagen, bam, Tuchel weg, wir holen einen neuen Trainer, der alles umkrempelt. Dann würde ich dir zustimmen, ja, das könnte einen Schub geben, wenn der Trainer die richtigen Schalter betätigt. Ansonsten nein, der Zug ist abgefahren. Selbst wenn Leverkusen noch 3-4 Spiele verlieren sollte, wären sie trotzdem Meister. Der Didi Neo Matrix, der Didi hatte recht mit seiner Aussage, Tuchel ist das größte Missverständnis seit Klinsmann. Leider taktisch war das wieder mal nichts. Vor einem Topspiel die Taktik so zu verändern, ist komplett unverständlich. Die komplette Mannschaft war verwirrt, wie eigentlich die ganze Saison bis jetzt. Meiner Meinung nach macht Tuchel jeden Spieler schlechter. Sorry, Tuchel schnellst mir gehen lassen, Flick zurückholen und irgendwann dann Klopp oder Alonso. Max, Sané Musiala haben mich heute auch fertig gemacht. Bin auch sprachlos. Dominik Guess, Tuchel hat fertig, korrekt. Der Kader ist jedoch auch wieder zusammengestellt und die Spieler sind überschätzt und träge, da gehört ein Restart. Michael Hübner. Ich habe erst knapp 5 Minuten von diesem Clip gesehen, aber gestern, das war ein Offenbarungseid, ersten Ranges. Ich habe davor schon damit gerechnet, aber als über 40-jähriger Bayern-Fan tippe ich immer auf Sieg, auch wenn ich weiß, dass ein Sieg utopisch ist. Ja, das tue ich nicht mehr, habe ich früher auch gemacht, mittlerweile tippe ich auch mal unentschieden, aber ich würde auch nie in die Niederlage tippen. Bringe ich auch nicht übers Herz. Bayern spielt die Saison so grottig, wie sie mit Tuchel angefangen ist. Keine Spielidee, keine Mannschaft, kein Konzept. Was ich an Tuchel erkennen kann, dieser Mann und diese Mannschaft passen nicht zusammen. Das Material ist so schlecht nicht. Ein vernünftiger Trainer und es läuft. Da muss noch nicht mal Alonso her. Das könnte Magath und Funkel auch. Die haben wenigstens eine Spielidee. Was nicht heißt, dass es die beiden nun machen sollen. Ich bin gespannt auf das PK-Video von dir. Das sehe ich mir im Anschluss an. Diese Saison geht wohl ohne Titel aus. Es sei denn, Schiedsrichter, Videobeweis und Leverkusen helfen uns. Einen schönen Tag dir und vielen lieben Dank für deine Arbeit. Lieben Gruß aus Bremen. Lieben Gruß zurück. Schiebe-Face, Glückwunsch an Leverkusen. Der Rest ist gesagt. Jo, schließe ich mir an. Timo Forster, ihr habt 50 Punkte aus 21 Spielen. Kann man nicht einfach mal anerkennen, dass Leverkusen momentan vielleicht die beste Mannschaft Europas ist, was das Gesamtpaket angeht und eine absolute Übersaison spielt, aber hackt lieber weiter auf Tuchel rum. Also, Timo Forster, erstmal für dich. Wer sagt denn, dass man das nicht anerkennt, was Leverkusen oder auch Stuttgart für einen guten Fußball spielen? Völliger Schwachsinn, hat hier auf dem Kanal noch nie jemand behauptet. Also das schon mal Punkt 1. Punkt 2, Leverkusen die beste Mannschaft Europas. Woran würdest du das festmachen? Ja, das können sie gerne nächstes Jahr zeigen, wenn sie in der Champions League spielen, die Champions League gewinnen, dann können wir gerne davon reden, dass sie die beste Mannschaft Europas sind. Nee, sehe ich nicht.
Sie spielen sehr guten Fußball, ist die einzige ungeschlagene Mannschaft in Europa, alles gut, alles richtig. Aber du kannst auch nicht die Bundesliga mit England vergleichen. Also das wollen wir mal ganz klar sagen. Zu allem anderen gehe ich nicht drauf ein. Du raffst einfach nicht, was hier geredet wird auf diesem Kanal. Das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, du bist kein Bayern-Fan, deswegen verstehst du das sowieso schon gar nicht. Ist alles gut. Gönn dir weiß ich nicht, was der Kommentar soll. Auf jeden Fall deine Sachen, die du jetzt sagst, hat kein Mensch gesagt. Ja. Und wenn du meinst, dass Leverkusen die beste Mannschaft Europas ist, ist das auch völlig legitim. Das ist deine Meinung. Ich sehe das ein bisschen anders. Das müssen sie noch nachweisen. Was sie tun können, ja, sie haben das Potenzial dazu, gar keine Frage. Das wird man dann sehen. So, aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Soll man jetzt deswegen sagen, ach ja, ist okay, dass Bayern seit 11 Monaten schlechten Fußball spielt, dass jeder Spieler schlechter wird unterm Tuchel. Was hat das mit der Sache zu tun, dass Leverkusen eine super gute Saison spielt? Also gar nichts, also von daher. Aber wie gesagt, da jetzt dir das zu erklären, das fühle ich gar nicht. Da bist du gar nicht weit genug im Thema, glaube ich. Woody, Tuchel zu unsouverän, kann scheinbar seine Mannschaft schon seit längerem nicht richtig motivieren. Die Leistung ist regelmäßig zäh und uninspiriert. Und Tuchel wirkt dann auch in der Öffentlichkeit insgesamt viel zu oft ratlos. Das alles zusammen ist in dieser Häufigkeit dann halt für einen Bayern-Trainer leider doch zu wenig. Habt die Ehre, Thomas. Mars Leon. Mich hat es gefreut, dass ihr verloren habt. Wenn ihr keinen Spielaufbau habt oder geschweige die Abwehr pennt, seid ihr einfach nur zu doof. Also ich gönne es, dass Leverkusen Meister wird. Jo, kannst du gerne Leverkusen gönnen. Freu dich. Ich meine, wenn du als Schwarz-Gelber würde ich mich wahrscheinlich auch freuen, dass Leverkusen Meister wird, weil ihr es letztes Jahr verkackt habt. Thomas Miller. Er stellt Dyer oft auf, der bei Tottenham ausortiert wurde und De Ligt sitzt auf der Bank. Ja, dass er Dyer aufgestellt hat, er war noch der einzig gute neben Pavlovic. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber I don't know. Da bist du auch gerade fehl am Platz. Weil Dyer war der einzig Konstante und der hinten die Abwehr geformt hat. Ja? Und er hat ein super Zusammenspiel mit De Ligt gehabt. Es war halt einfach dumm, eine Dreierkette aufzustellen mit Upa und Minjay, die mit dem Dyer noch nie zusammengespielt haben. Also. Was das jetzt für eine Aussage war, Alter, weiß ich auch nicht. Samik Khalid, du Tuchel, du bist das Problem der Bayern, mein Freund. Du bist eine Fehlentscheidung gewesen. Dein Spielstil ist immer das gleiche, seitdem du hierher gekommen bist. Es hat sich nichts verbessert. Kein einziger Spieler hat sich weiterentwickelt. Ganz im Gegenteil. Alle Spieler haben ihre Qualität verloren. Und was ich immer an deinem Spielstil vermisst habe, die Bayern können keine Chancen aus dem Spiel heraus erarbeiten. Ich hoffe, du weißt, dass ich nicht Thomas Tuchel bin, wa? Was vorher immer gelungen war. Und du hast allen Spielern verunsichert gemacht. Die haben keinen Mut mehr. Keine Lust, keinen Spaß und keine Ideen. Also auf gut Deutsch, du hast die Mannschaft kaputt trainiert, mein Freund. Viele Fehlentscheidungen zeigen, dass du in Wirklichkeit keine Ahnung hast, wie lässt du einen Upamecano in so einem Spiel spielen, der seit mehr als einem Monat verletzt war und noch keine Gefühle für die Spieler hat. Und der Spieler Boye, bringst du ihn rechts, obwohl nicht seine Position ist und er ist sowieso neu in der Mannschaft und in einem neuen Land. Es gibt noch viele Punkte und viele andere falsche Entscheidungen und das Problem, jedes Mal hast du die gleiche Ausrede. Du bist kein Trainer und ich empfehle jede Mannschaft, er soll der Finger von dir entfernt werden. Du ruinierst jede Mannschaft, den du trainierst. Das Einzige, was du wirklich beherrschst, ist gut reden und ausreden. Ich wäre die Bayern-Verantwortlichen, wenn dieser Mann noch bleibt, werden alle guten Spieler und Talente die Bayern verlassen und in andere Mannschaften gehen. Ein Madrid oder Liverpool oder Barca, deswegen muss schnell gehandelt werden. Richter würde nur bei Neuer nicht zustimmen. Der war für mich unser bester Mann heute. Ohne ihn geht's höher aus. Rest katastrophal. Ja, sehe ich anders. Robert Wolke, unterschreibe ich zu 100% unfassbar. WhatsApp, das Spiel war eine totale Vollkatastrophe von uns und ich hoffe, dass Tuchel nicht mehr lange auf der Bank sitzt. Der Mann muss weg. Wir brauchen einen Trainer, der den Jungs in den Hintern tritt, denen mal eine Spielidee und endlich mal eine Taktik vorgibt und die Spieler endlich auf den Positionen einsetzt, wo sie hingehören. Nochmal, Tuchel raus, Glückwunsch Leverkusen, es war total verdient und die Schale lassen die sich nicht nehmen. Nee, werden sie auch nicht. Bleib locker. Naja, die Meisterschaft abgefahren ist, glaube ich nicht, aber das war schon unterirdisch und leider passt es nicht so wirklich mit TT. Ja, für mich ist die abgefahren. Wie Marzipan. Marzipan, geil. Schon ewig nicht mehr gegessen. Was ein Blödsinn. Wenn man nicht auf Tuchel hört, hat man doch selbst Schuld. Und was hat Tuchel zu Beginn der Saison gesagt? Der Kader ist zu dünn. Und das ist er leider auch. Nur sieht es bei Bayern keiner ein. Du kannst doch nicht 50 Spiele immer mit denselben Spielern machen. Du musst auch mal rotieren können. Aber das geht halt kaum, bis gar nicht, wenn du nur 18 bis 20 Spieler hast. Ja, ist richtig. Ich meine,
die erste 11, da stellt man ja eigentlich auch 18 Spieler auf, nicht nur 11 Spieler. Ne? Also ich meine, du bringst dein Argument und widerlegst es gleich. Wenn wir 18 bis 20 Spieler haben und nur 11 spielen können, kannst du ja, gehen wir von den 18 aus, trotzdem 7 rotieren, oder nicht? Wild, wa? Mathe ist schwierig. Du brauchst 22 bis 24 Spieler. 22 auf jeden Fall, um jede Position doppelt zu besetzen. 24, damit du dann noch im System wechseln kannst. Wobei du meistens auch Spieler hast, die dir das bei 22 Spielern schon ermöglichen, weil sie mehrere Positionen spielen können. Aber 18, das ist wirklich dünn. Und man wird es dann irgendwann auch konditionell merken. In England sitzen die Topstars teilweise auf der Bank gegen schwächere Gegner, um sie zu schonen für Champions League, weil sie es können. Kadricke, 24, 26 Spieler, manchmal sogar 28. Das hat ja Gründe. Wie Marzipan, du hast so einen schönen Nicknamen und du laberst so viel Dünnschiss. Kriegst du von mir einen Daumen runter für. Kannst dich gerne mal mit der Thematik auseinandersetzen. Dann kann man ja gerne mal... das sind ja keine Argumente. Also du widersprichst dir ja in deinen eigenen Sätzen. Da brauche ich gar nicht weiter drauf eingehen. Alles gut. Du kannst ja da... Nochmal, deine Meinung kannst du gerne haben. Ich habe da nichts gegen. Ja, wir können gerne 20 Spieler auf die Ersatzbank setzen, ist doch okay. Daran liegt es natürlich, dass der Kader zu dünn ist. Also daran liegt es natürlich. Peter Lünnemann, Servus Kai, sorry schon mal für den längeren Text. Was soll ich sagen? Eigentlich kann man nichts mehr dazu sagen. Ich denke mir auch seit einigen Wochen, Tuchel muss weg, vor allem wenn er sich nach diesem Spiel noch im Interview hinstellt und sagt, wir haben das Spiel dominiert, ohne gefährlich zu werden. Bitte was? Wir wurden quasi von Leverkusen deklassiert, als die ernst gemacht haben. Nein, wir wurden deklassiert und gedemütigt. Thomas Tuchel, wenn du ernsthaft der Meinung bist, wir hätten das Spiel dominiert, dann pack deine Sachen und verpiss dich, Alter. Geh einfach. Und zwar ganz schnell. Am besten letzte Woche noch. So ein Satz nach diesem Spiel, aber auch nach den letzten Wochen, das sollte man als Vereinsführung mal hinterfragen, ob dieser Mann, und es ist nicht persönlich gemeint, überhaupt eine Ahnung hat, was er da tut und was seine Aufgabe ist. Ich bekomme mehr und mehr den Eindruck, dass Thomas Tuchel überhaupt nicht weiß, was er tun soll. Aber trotzdem, die Gegenfrage, wen willst du denn holen? Und wird dann die Welt direkt besser? Ja. Wen ist mir egal. Wie sieht das gesamte Spiel bei Bayern aus? Wenn wir weniger Verletzungssorgen haben, wenn Tuchel seine Wunschspieler bekommen hätte, liegt der Fehler vielleicht auch in der Führungsebene, dadurch, dass es im Sommer nur um Harry Kane ging? Oder ist die Mannschaft einfach satt? Ja, wahrscheinlich würde es ein bisschen besser aussehen, wenn Tuchel seine Wunschspieler bekommen hätte. Aber wir hätten ja wahrscheinlich trotzdem Paris- oder Chelsea-Fußball bekommen. Kann man sich ja mal mit auseinandersetzen, ob das dann so ein toller Fußball ist, aber ja. Ich glaube, das ist das Problem. Es gibt nicht die eine Baustelle, die eine Schraube, die angezogen werden muss. Und dann ist alles toll. Nee, natürlich gibt es genug Spieler, wo es auch Probleme gibt. Also da müssen wir gar nicht drum herum reden. Trotzdem würde ein vernünftiger Trainer mit einer Strategie aktuell eine Menge mehr aus diesem Kader herausholen. Ich glaube, es sind einige Spieler einfach satt. Da hat so mancher schon alles gewonnen. Es braucht frische Spieler, die jung, hungrig sind und Bock haben, was zu reißen und sich den Arsch für den FCB überweisen. Ja, aber die haben wir doch. Es ist doch nicht so, dass die nicht vorhanden sind. So, die spielen halt nicht. Aber die sind doch da. Ja, ich lese das immer wieder. Ja, bla, der sagt, natürlich, gehe ich voll mit. So ein Sané, der braucht einfach mal einen Dämpfer. Goretzka, Kimmich, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Aber dann bringen doch die anderen Spieler. Warum wird das denn dann nicht getan? Ja, warum werden dann noch Spieler demotiviert oder demontiert, die Bock haben, die wollen? So, ja. Also wir stellen das immer so hin, als hätten wir keine Alternativen, aber die haben wir ja. So, wir haben nur keinen Trainer, der sie nutzt. Bin mal gespannt, was Freund und Eber den Sommer unternehmen. Ich verstehe jeden, der nach diesem Spiel ausrastet. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Ich persönlich würde 2 oder 3 Jahre auf Titel scheißen, wenn ich wüsste, dass da für die Zukunft was vernünftiges aufgebaut wird und wir dann voll angreifen. So, zum Schluss Glückwunsch nach Leverkusen. Ihr werdet ein würdiger und hochverdienter Nachfolger als deutscher Meister. Vielleicht tut uns ein titelloses Jahr auch mal gut. Ich denke, über den Champions League Titel brauchen wir gar nicht erst nachdenken. Ich habe ja fast Angst davor, dass wir gegen Lazio gewinnen und dann wieder alles hochgejubelt wird. Aber trotzdem, lass uns bitte nicht vergessen, dass wir darüber reden, nach über 11 Jahren höchstwahrscheinlich mal keinen Titel zu holen. So what? Unter dem Strich reden wir beim FC Bayern immer über Luxusprobleme. Ich denke zumindest, wir Fans werden es verschmerzen können und vor allem überleben. Liebe Grüße aus dem südlichen Emsland, eurem Bayern-Mitglied. Ja, natürlich, darum geht's ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, wir regen uns doch nicht darüber auf, dass wir keinen Titel holen. Das steht doch gar nicht zur Debatte. Ja? Darum geht's doch gar nicht. Darum ging es doch nie hier auf den Kanal.
So, ich stelle mich doch nicht hier hin und sage, wir müssen unbedingt den Titel holen um jeden Preis. Nee, weil dann würde ich ja auch alles schön finden. Weil dann können wir wieder argumentieren, ja, wir sind ja nur 5 Punkte hinter Leverkusen, ist ja alles gut. Nee, es geht um die Art und Weise einfach. Ja? So, und wir haben es diese Saison nicht verdient, einen Titel zu holen. Punkt. Haben wir nicht. Ja? Auf welcher Grundlage? Fußballerisch ist das zum Kotzen, was wir spielen. Das kannst du dir nicht angucken. Also wir haben keine Grundlage, deutscher Meister zu werden. Und das hoffentlich wird es auch so sein. Und es wird auch so sein. Ja? Und verdient. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Darum geht es doch auch gar nicht. Blackhawk. Es hat alles damit angefangen, dass man Nagelsmann rausgeschmissen hat. Für mich immer noch nicht zu erklären. Und dann holt man Tuchel, diesen Stinkstiefel. Ich mag den überhaupt nicht. Und man sieht inzwischen, dass Tuchel nichts verändert hat. Ja, leider kann man das mittlerweile so sagen. Was? Dann sind Dan's Meister? Ach, keine Ahnung, Alter. Du sprichst mir aus der Seele. Seit Monaten schon müssen wir uns diese Gurke anschauen. Quer- und Rückpässe noch und noch reißen. Macht keinen Spaß mehr, unser Team zuzuschauen. Tuchel muss gehen und einige Spieler mit ihm. Sané ist für mich sinnbildlich für diese Spielergeneration. Talent, aber keine Einstellung. Am besten wir haken die Saison ab und misten gut aus. Nächste Saison greifen wir wieder an. Das so einfach wäre. Left Gamer, die Niederlage habt ihr verdient. Ihr habt es auch mal verdient, gedemütigt zu werden. Gruß aus Leverkusen. Jo. Klar mit die Niederlage verdient. Bob hat Tuchel eingeraucht? Ja, wahrscheinlich nicht, dann wäre es ein bisschen kreativer gewesen. Rumleser, hey, lieber Kanalbetreiber, alles gut, seit über einem Jahrzehnt holen die Bayern einen Titel nach dem anderen. Reich, Gruß aus Dortmund. Ja, auch leider verstehst du den Sinn nicht, aber ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, du bist ein Dortmunder, kein Bayerner, du bist nicht drin in der Thematik. Es geht nicht darum, ob wir einen Titel holen oder nicht. Also wir haben auch letzte Saison keinen Titel verdient. Ja, aber ihr ja noch weniger, weil ihr zu doof wart, euer Heimspiel zu gewinnen. Es geht um die Art und Weise des Fußballs und um die Entwicklung in den letzten 2 Jahren. Um nichts anderes. Es geht nicht da. Scheiß auf die Meisterschaft, Alter. Wir haben 11 Meisterschaften. Scheiß auf die Meisterschaft. Ja, Leverkusen spielt einen super Fußball. Der sollen sie deutscher Meister werden. Das verdient. Ist doch alles gut. Darum geht's gar nicht. Aber ich verstehe auch, dass man das als Außenstehender nicht so nachvollziehen kann. Oder dann denkt, so man regt sich so auf, weil man die Meisterschaft verliert. Nee, darum geht's gar nicht. Ralf Mondschauer, Leroy Sané, mein Lieblingsthema. 10 Spiele auf Weltklasse-Niveau macht er nie in der Saison. Und schon gar nicht in der Nationalmannschaft. Und trotzdem spielt er immer. Und immer und immer wieder. Wie schlecht sind denn dann alle anderen im Kader? Und zu Neuer, das 0:2 war mal wieder die Torwart-Ecke. Und dann seine Fehlpässe. Bei Musiala bin ich mir nicht sicher, ob er über den Status Supertalent jemals hinauskommt. Das reicht gegen meinen Kölner oder gegen andere Bundesligisten und zweiklassige europäische Mannschaften. Mehr nicht. Goretzka darf man gar nicht mehr aufstellen. Was er da seit Katar macht, hat nichts mit Fußball zu tun. Einfach verkaufen oder verschenken. Verschenken. Musiala hat einfach ein Tuchel-Problem. Vorher war Musiala stark. User, du hast recht. Wer jetzt immer noch sagt, Tuchel ist noch der Richtige für Bayern, der hat den Schuss nicht richtig gehört. Gebt dir recht, Kai. Danke. Christian, sorry, aber am Ende von Nagelsmann meintest du, es gehören 5 bis 6 Spieler ausgetauscht, da es immer dasselbe Problem ist. Wir schleppen die Probleme seit 6 bis 7 Jahren mit uns rum. 6 bis 7 Jahre ist leicht übertrieben. Kein Trainer nach Pep hat es 2 Jahre geschafft, im Amt zu bleiben. Die Spieler haben einfach eine zu große Hausmacht am Tegernsee. Und genau diese Spieler spiegeln auch die schlechte Leistung in der Nazi wider. Uli und seine Flying Six will zwar nicht mehr das Tagesgeschäft machen, aber möchte weiter bestimmen, wer verpflichtet werden soll. Und der Trainer soll dann mit dem Material arbeiten. Und klappt es nicht, ist halt der Trainer wie sein Vorgänger schuld. Mir ist das einfach zu billig. Kimmich, Göre, Davis sind genau die Spieler, welche seit 2 bis 3 Jahren keine Leistung bringen. Genau, nimm mal die 2 bis 3 Jahre und nicht die 6 bis 7 bitte rein, ne? Danke. Viererkette, die aufgrund von Verletzungen nie eingespielt worden ist. Ein Stunny, der verliehen wird und dann kauft man sich für 30 Millionen einen von Gala. Aber klar, der Trainer ist immer der Schuldige. Ja, na klar ist der Trainer der Schuldige. So, ist er. Punkt. Ich sehe kein Argument, was du jetzt bringst, was dagegen spricht. Ja, na klar haben wir satte Spieler. Natürlich. Ja, du zählst sie hier, Kimmich, Göre, Davis, zählst auf. Ja, und? Wer stellt diese Spieler auf? Thomas Tuchel stellt diese Spieler auf. Thomas Tuchel wird nicht gezwungen, diese verkackten Spieler aufzustellen. Er kann sie einfach auf die Bank setzen. Also, wer ist schuld? Der Spieler, der spielt? Oder der Trainer, der ihn aufstellt? Was sind das für dumme Argumente jedes Mal? Ich kann sie nicht mehr lesen, Alter. Denk doch mal nach, bevor du was schreibst. Merkst du selber deinen Fehler oder was? Ist das irgendwo in der Kabine in die Wand gemeißelt, dass da steht, Kimmich spielt immer? Nein, ist es nicht. Setz ihn doch auf die Bank, wenn du ihn nicht willst. Wo ist das Problem?
Der wisst dasselbe. Aber ist ja ein guter Kerl. Ja? Ist ein guter Kerl, deswegen muss er spielen. So, was sind das für Argumente? Das sind keine Argumente. Dann setz die Jungs raus, wenn du denkst, sie sind satt, du willst sie nicht haben. Ist doch legitim. Aber wird doch nicht gemacht. Also wer ist dann schuld? Der Spieler, der immer wieder aufgestellt wird, obwohl er schlechte Leistungen bringt? Oder derjenige, der ihn aufstellt? Merkst du, wa? Sehr gut. Bin ja gerne dafür da, mal aufzuklären. Norbert, aber das muss doch der Super-Uli sehen, dass der Tuchel nicht zu eurem Superclub passt. Ja, sollte er sehen. Geistiger Heiler, noch 13 Spieltage mit jeweils 3 möglichen Punkten, 39 mögliche Punkte. Schauen wir mal. Übrigens waren ja 2 neue auf dem Platz, Bouillet und Dyer. Tuchel Saison 1 von 3 möglichen Titeln, gleich Meister. Tuchel Saison 2 von 3 möglichen Titeln, nur noch 2 möglich. Gegebenenfalls wird es eine titellose Saison. Harry Kane kann einen leid tun. Ja. Alan Taylor. Da ist wohl mal eine Mannschaft über 24 Spieltage besser als Bavaria, aber die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Siehe letzte Saison mit dem letzten Sekundentor von Musala. FCB bleibt FCB. Nee. Aber jeden seiner Meinung, alles gut. Juve developed. Ja, statt Holding 6 gab's Holding 6. Gab's Holding nix. Naja, hätte Holding 3 geschrieben oder so, hätte ich ja noch lustig gefunden. PJ Giant, ihr seid schon seit dem letzten durch Corona begünstigten Champions League Sieg kein Team mehr. Egal unter welchen Trainer, eure Mannschaft ist das Problem. Wenn die so gut wären, wie ihr oft denkt, würden die alle in England spielen. Was ist das denn für ein dummer Kommentar, Alter? Hier, da kriegst du einen Daumen nach unten für, Alter. Leck meinen Arsch, ey. Gerdo Kurt, sehr enttäuschend. Wenn die Mannschaft vor Tuchel guten Fußball gespielt hätte, würde ich jetzt sagen, schwamm drüber. Im Sommer Trainerwechsel und fertig, aber Tuchel ist mittlerweile der 3. Trainer mit den gleichen Problemen. Nein, Schwachsinn. Man muss vielleicht mehr hinterfragen als nur den Trainer. Ja, na klar, muss man mehr hinterfragen als nur den Trainer. Natürlich ist nicht nur der Trainer schuld, aber der Trainer ist aktuell in der Verantwortung. Wolltest du mir jetzt erzählen, wir haben unter Nagelsmann schlechten Fußball gespielt? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie weit du dich mit dem FC Bayern auseinandergesetzt hast, aber der Fußball unter Nagelsmann war nicht schlecht. Also wenn wir den Fußball jetzt mit dem Tuchel vergleichen. Oder auch davor, oder der Fußball vor Nagelsmann. Oder der Fußball vor Flick. Wir können es durchgehen. Jeder Fußball von den letzten 10 Trainern beim FC Bayern war nicht so schlecht wie unter Thomas Tuchel. Punkt. Weekly Sickness, du redest davon, dass der Tuchel dünnhäutig ist. Haha, du bist das perfekte Beispiel für den typischen Bayern-Fan. Und das sage ich als Nicht-Bayern-Fan. Ich bin das Beispiel für den typischen Bayern-Fan. Okay, wild. Ja gut, wenn ich das typische Beispiel bin, dann wäre ja schön, wenn immer alle Bayern-Fans jetzt endlich ein Abo hier lassen würden. Also ich glaube, ich bin das perfekte Beispiel für den nicht typischen Bayern-Fan, aber Weekly Sickness, Alter. Deine Meinung geht mir persönlich am Arsch vorbei. Bot, er hat mit 2 Zehnern gespielt und keinen Außen. Welche Zehner denn? Was für Zehner? Bot, Alter, du bist bestimmt im Stream. Die Frage stelle ich dir, welche Zehner? Willst du mir jetzt einen Pavlovic und Goretzka als Zehner verkaufen, oder was? Oder willst du mir jetzt erzählen, Sané und Musiala waren Zehner und wir haben ohne Außen gespielt? Dafür waren sie dann aber verdammt viel außen. Batman, Tuchel wird Maßnahmen treffen müssen und Josh wieder die Ecken schießen lassen, damit Kane wieder gefunden wird. Ja, genau so wird's laufen. Bla Sülz, komme ich gleich noch zu. Langosta, es ist wie immer der Trainer. Stolpern über Müller. Müller muss sich immer selber aufstellen dürfen. Ich glaube nicht, dass das gerade das Problem ist. Aber gut. Ralfdo, Meisterschaft ist durch. Selber Spruch wie letztes Jahr. Ja. Und letztes Jahr war die Meisterschaft auch durch. Sie wurde uns nur von Dortmund geschenkt. Ich glaube nicht, dass Leverkusen so doof ist, wie es Dortmund letztes Jahr war. Aber auch nur meine persönliche Meinung. Magic, ich bin ja ein Freund vom Tuchel, aber diese Ausstellung ging wirklich nicht. De Ligt muss spielen, Boyer muss rechts spielen und wie schon gesagt, Upa bitte verkaufen. Natürlich stehen auch die Spieler in der Pflicht. So eine Nichtleistung zeigen für meinen FCB geht überhaupt nicht. Die Statistik stimmt niemals. Doch, die stimmt. Wie du sagst, lächerlich und völlig überbezahlt. Sven Eis. Victor Rotter, TT. Bayer spielt am obersten Limit und wir haben noch Luft. Wir haben nach oben Luft. Wir können jederzeit eine Schippe drauflegen. Ja. Und die Karten müssen auf den Tisch. Magic, uns geht es wie dem HSV. Unsere Neuzugänge werden bei uns schlechter wie in ihrem alten Verein.
Naja, ich glaube nicht, dass ein Dyer jetzt schlechter geworden ist. Ich denke, er ist eher besser geworden. Stefan H., ich bin doch nicht bescheuert. Tuchel hat doch nach dem Spiel gegen Stuttgart gesagt, dass es nicht der Plan war, so defensiv zu spielen und Stuttgart so viel den Ball zu überlassen. Aber aufgrund der Ausfälle war das nicht möglich. Bin mehr 100% sicher, dass die Aussage kam. Das macht dann 0 Spiele, in denen die Taktik aufging. Der Mann hat nur Glück, genauso wie bei den Verletzungen, die ihn zwingen, auch mal andere Spieler spielen zu lassen. Und dann bekommt er von diesen Pressehempelmännern auch noch gut geschrieben, dass er Pavlovic und Sané weiterentwickelt hat. Ja, das ist schon frech. Mit Pavlovic habe ich auch gelesen. Das ist wirklich frech. Danke mal wieder für deine ehrlichen Worte. Das macht den Ganzen etwas erträglicher. Hobby, es brodelt im Minga. Das wäre schön, wenn es so wäre. Bleib Blocker. Bleib Blocker? Bleib locker, Alter. Es ist soweit, Leute. Schade, dass ein Brian Zaragoza nicht mal im Kader war. Ja, leider auf gesundheitlichen Sachen, ne? Coast Monkey. Was für ein Hühnerhaufen. Ich weiß gar nicht, wann der FCB so schlimm Fußball gespielt hat. Ja, die ganze Saison schon. Schabe Malki. Tuchel, die Gurke muss weg. User, du hast recht. Tuchel raus, sofort. Ivan. Tuchel wollte einen auf Schlitzohr machen und wurde von Goat Chabi rasiert. Bilal. Tuchel wollte einige oder viele schon für Lazio Rom. Ging mächtig in die Hose. Nee, wollte er nicht. Thomas Miller, Zidane muss kommen. Sake Mundo, ein sturer Trainer hat bei Bayern nichts verloren. Tschüss, Toro, nie wieder zurück. Ja. Jakob Reicher, na dann viel Spaß mit Tuchel-Nachfolger. Wird bestimmt besser oder eben nicht. Es kann nur besser werden. Hoffentlich bleibt das so eine Weile. Ja, genau. Erfreut euch dran. Hochtief, zu 100% richtig, alles was du sagst. Danke. Kaijo Chin. Tuchel fand ich der Richtige am Anfang, weil alles katastrophal war. Vom Managerwechsel bis Mannschaft ohne Selbstvertrauen hin zu Trainer, Rauswurf und alles. Aber leider entwickelt er sich extrem zurück. Das Team steht nicht wirklich hinter ihm und er stellt sich in Interviews und bei den jungen Spielern an wie ein Kind. Heute hat man gesehen, dass er was gegen die Luft hat. Dass er Müller raushaben will und taktisch sich nur an den Gegner einstellt, das falsch ist. Mazraoui spielt in Marokko links und besser als in Bayern auf rechts. Und er macht eine Fünferkette, wo er Bouye, der rechts am stärksten ist, links spielen lässt. Er hat eine halbwegs eingespielte Abwehr destabilisiert und Goretzka, der unsichtbar war, drinnen gelassen und Pavlovic rausgeholt. Das ist als Trainer nicht mehr tragbar. Ja, sehe ich genauso. Leider hattest du recht. Ich war zu gutherzig bei Tuchel. Hatte gehofft, das Team fängt sich, aber so geht es einfach nicht. Pierre Müller, zu Leroy muss man aber auch bedenken, was soll er tun, wenn keine Spielidee vom Trainer da ist und die komplette Mannschaft nur Dreck spielt. Dann kann er alleine auch nicht alles richten. Man hat ja gesehen, zu was er imstande sein kann, wenn man so über ihn redet. Müsste man über Musiala oder Kane das Gleiche sagen. Kein Einzelspieler kann eine Mannschaft retten und gut performen, wenn die restliche Mannschaft kollektiv versagt. Jein. Man hat es gesehen in der Hinrunde, dass er es teilweise gemacht hat. Aber ja, na klar. Das sieht man ja auch an Harry Kane. Musiala ist dasselbe Niveau aktuell. Wenn die ganze Mannschaft grottig ist, kann auch nicht ein Spieler das rausreißen. Da gehe ich mit dir. Christian Brot, Kane kam, um Titel zu holen, ja. Und wir wollen mal hoffen, dass er noch 3 Jahre bleibt. Ja, schön, dass du einen schönen Samstag hattest. John Wayne. Johann Wayne. Fußball, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Zakir Kumo, diesen Scheißfußball, den er predigt, ist einfach langweilig. Da haben die Spieler keinen Bock entsprechend spielen, so auch gegen Tuchel. Bitte verschon uns Bayern-Fans mit Tuchel-Fußball. Das wäre schön. Bilal, ich bin auch Bayern-Fan, hab sogar ein T-Shirt, wo hinten drauf steht Trippelsieger 13-20. Ja, Glückwunsch. DJ Phoenix, da steht keine zusammenarbeitende Mannschaft auf dem Platz. Das ist leider richtig. Didi Meise, lieber Kai, bitte kommentiere auch die 3 Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der hiesigen EM. Wie nur 3 Spiele? Ich dachte, wir marschieren durch. Markus Rett, das, was du über Sané gesagt hast, stimmt zu 100%, sehe ich auch so. Mladen Baric, sollte man neue Noten einführen, 0 bis 10, alle kriegen eine Note 0? Aber wäre 0 dann nicht die beste? Wir können gerne eine eigene Skala einführen hier. Christian Brot, Teilnehmerurkunde, sehr schön auf den Punkt gebracht. Vielleicht hätte es mit einer 7er-Kette geklappt. Ja. Avolein, 3 Titel gehen dieses Jahr flöten. Im Sommer ist der Tuchel dann hoffentlich weg. Kloppo wartet schon auf den Anruf vom FCB. Das glaube ich leider nicht. Ich glaube nicht, dass Kloppo auf den Anruf wartet. Ich glaube, der macht ein Jahr Pause. Gelius, danke. Tobias Lifestyle, Tuchel muss jetzt wirklich gehen, mir reicht's. Na, wenn dir es reicht, wird's auch Zeit, oder? Ralf Reiter, Ujöne steht immer noch voll hinter ihm. Jo.
Phileas Fogg, Bayern wurde komplett zerlegt. Jo. Im Schmerze wird die neue Zeit geboren. Na, wollen wir es hoffen, Hobby. Stefan Jahn, vielleicht mal gut, keinen Titel zu gewinnen, aber das mit Tuchel sehe ich auch so, obwohl ich kein Bayern-Fan bin. Ja, das sehen wir, dass du in Frankfurter bist, wa? Ich mag seine Arroganz nicht und mit Selbstreflexion ist das auch so eine Sache. Jo. Ja, natürlich ist das mal gut. Wahrscheinlich ist es sehr gut sogar, dass wir mal keinen Titel gewinnen. Misery. Ich musste nach ca. 60 Minuten ausmachen. Leverkusen ist zu Recht da, wo sie gerade sind. Mittlerweile kann ich bei Tuchel auch nichts Positives mehr sagen. Es tut mir etwas leid um Harry Kane, der verdient den einen oder anderen Titel. Wird er die Saison leider nicht bekommen. Ronan Zeitler. Und deshalb ist das Interesse von FCB verloren gegangen. Obwohl ich da im TV ein Spiel sehe oder nicht, ist mir schon egal. Leurim, dennoch sind die Spieler einfach schlecht. Ja, aber dafür ist der Trainer ja verantwortlich. Stefan B., der Typ hat fertig. Selten so einen schlechten Trainer gesehen. Mike Jeans. Spieglein, Spiegel an der Wand. Warum zum Teufel hat es mit der Dyer-Kette nicht gelangt? Lag's vielleicht am rot verkopften Tuchel, der mit Wahnsinn und mit Karten keiner Eier aus dem Garten. Sein T-Rex mit dem Spaten seine Taktik rauslallte, die am Ende keiner rallte. Sehr geiles Video, sehr geiler Kommentar. Markus, hallo, hier ein Arminia Bielefeld-Fan mit Bayern-Gefühl heute. In Bayern wohl das Bielefeld-Gefühl heute. Ja. Zack hier, es tut weh, Alter. Den scheiß Tuchel zu hören. Er passt nicht zu Bayern, soll wieder Mainz trainieren. Da gehört er hin für mich. Basta. Hans im Glück, du sagst es bereits vor Monaten und ich habe es bereits letztes Jahr schon bei dir geschrieben. Tuchel passt null zu Bayern, selbst unter Nagelsmann wurde besser und vor allem attraktiver gespielt. Das ist richtig, ja. Dumbo Jumbo, 100%, jo. Gerhard Dichter, leider hast du mit allem recht. Ja, tut mir auch leid. Legion, Razzibona. Man braucht eigentlich nicht mehr darüber zu diskutieren, diese Mannschaft ist keine Mannschaft. Mir kommt es vor, als ob alle Spieler Neuzugänge sind, die sich erst einfinden müssen. So könnte die Mannschaft auch ohne Trainer weiterspielen. Leider muss man ehrlich sein und sagen, Tuchel kann es in München nicht. Ich denke, selbst ohne Trainer wäre der Fußball besser. Rock'n'Roller. Also, wenn ich mir unseren Kader im Vergleich zu Leverkusen angucke und was wir alles für jenseits der 100 Millionen brauchen werden, gute Nacht. Der Kaderplaner gehört rausgeworfen. Alleine schon Grimaldo, Forrest Davis. Oh mein Gott. Unserer kann keine 3 Meter mit dem Ball mehr laufen. Glaube auch nicht, dass Leverkusen Müller mitschleppen würde. Ja, da können wir natürlich jetzt einen Freund keinen Vorwurf machen, der jetzt gerade erst da ist, ein halbes Jahr. Wa? Also. Chris, hast fertig. Ganze Mannschaft 6, Trainer eine 10. GB. Martin, ja, Tuchel haben fertig. Auf Nimmerwiedersehen. Tuchel-Flasche leer. Rolf Kosin. Alter, ich komm auch nicht zum Ende hier. Ihr macht mich fertig, Leute. Moin Moin aus Hamburg. Ich bin dafür, dass Bayern unser Trainer Tim Walter kaufen sollten. Wir sind denn ihn los und ihr habt einen guten Nachfolger. Bin gespannt, wer zuerst fliegt. Walter oder Tuchel. Wünsche euch noch viel Erfolg mit Tim Tuchel. Vielleicht sollten wir einfach tauschen. Hm? Pascal, gut an der Süd, bin neu auf deinem Kanal. Abo ist raus. Vielen lieben Dank. Willkommen. Tau, wahre Worte. Johnny Flodder, hab irgendwie das Gefühl, dass du kein Fan von Thomas Tuchel bist. Nee, das stimmt so nicht. Ich bin einfach kein Fan von Thomas Tuchel Fußball, den er beim FC Bayern spielen lassen möchte. Thorsten Vogel, gegen Leipzig verlieren wir auch noch. Ja, keine Ahnung. Benjamin, heute hat Bayern gegen FC Leverkusen gespielt. Bild. HHV, wenn man für 100 Millionen Kane Titel kauft. Wird Zeit für Jupp Heynckes. Ja, Jupp ist zu alt. Cheer Opinion, sympathischer Fan, danke. Eberhard Holländer, wen schlägst du vor, wer soll's machen? Steffen Baumgart? Ist mir egal, ich nehme auch einen Steffen Baumgart. Gary Piolku. Ist er schon weg? Nee. Konrad, die Holding Six war schuld. Manamap. Dip, 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 dip. Eigentlich hat Tuchel letztes Jahr schon die Meisterschaft vergeigt. Es lag nur an der Dämlichkeit der Dortmunder. Richtig. Verdient war die Meisterschaft letzte Saison nicht. Auch richtig. Korrekterweise hätte letztes Jahr keiner die Meisterschale bekommen sollen. Das weiß ich nicht, aber ja, die ersten beiden Sätze stimme ich dir zu. Zacke, Tuchel ist überbewertet. Nur Durchschnitt für mich. Ich hasse Selbstdarsteller, das ist Herr Tuchel nämlich. Gib ihm Laufpass. Tschüssi. Mit Bussi. Chris, Alonso und seine Spieler. Tuchel und seine Spieler. Darko, es gibt keinen Zusammenhalt. Lauter Straß. Ich denke, man muss alle deutsche Spieler rausschmeißen. Sind wir ja bei der deutschen Fußballmannschaft. Kein Zusammenhalt und auch ein paar Spieler, die keine Leistung geben und keinen Zusammenhalt zeigen, die nur auf Geld aus sind.
Ja. Michael Walter, genau so ist das. Fick die Henne. Michael von Girona sollte zum FCB kommen. Michel von Girona, okay. Asynchroner Flugflitzer Rem. Vielleicht ein Alonso kaufen. Grüßer Walter hast du. Michik. Müller ist der Einzige, der noch einen Bayern gehen hat. Nee, da gibt's noch ein paar andere. Bot, du siehst dir sowieso immer die falschen Statistiken an. Ja. Sergio, absolute Bankrotterklärung heute. Müllers Kritik war berechtigt, aber ich gebe dir völlig recht. Tuchel kann diese Mannschaft nicht. Ausnahme war das Auswärtsspiel in Dortmund, jetzt eine gute Interimslösung und dann bitte Klopp nach München holen. Xenonlight, Tuchel ist wie Habeck. User, Bayern unter Tuchel richtig schlecht. Reinhold, Pipiers. Dir hilft nur eine Selbstanalyse, aber das ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Das ist zu viel verlangt, ja. Mr. Marmelade, Tuchel soll noch lange Trainer in München sein. Ja. Martin Gerrard, endlich Spannung in der Bundesliga, aber die Meisterschaft ist noch nicht durch. Na doch, ist sie. Zacke, sofort Tuchel entlassen, bitte. Hol den Flick zurück. Tuchel hatte eine 3 und eine 5 auf der Hand. Alonso 2 Asse. Ja. Mick Meyer. Based the Year. Fußball voll für den Arsch. Unreal Nets. Ich verstehe einfach nicht, wie man sich als Bayern-Spieler über irgendetwas aufregen kann. Man dominiert 11 Jahre lang die Liga, macht sie langweiliger als je zuvor und das nur durch muslimische, arabische Millionen, wobei Moral absolut keine Rolle spielt. Und wenn man dann kurzzeitig auf Platz 2 der Liga steht mit einem Punkteschnitt von 2,4 pro Spiel nach 21 Spieltagen, dann ist der Trainer Murks. Kann man nicht ernst nehmen. Wie viele Trainer hatten denn bisher solche Punkte im Schnitt? Junge, dich kann man nicht ernst nehmen, du hast einfach den Kopf kaputt, Alter. Beschäftige dich mit dem, was hier auf dem Kanal stattfindet. Oder geh woanders, Alter. Junge, so einen unqualifizierten Kommentar ist eigentlich ein Witz, dass ich den stehen lasse. Reine Poppies. Nicht Tuchel hat fertig, Bayern hat fertig. Bayern hat fertig, weil Tuchel fertig hat. Fabi, und jetzt wollt ihr wieder euren Trainer rauswerfen. Die Mannschaft hat eher fertig. Seht halt, wenn man lauter Ego nicht laufen kann. Ja, auch das ist leider Schwachsinn. Herbert Brenner, du hast recht, Tuchel ist kein Bayern-Trainer. Christian Brot, Nagelsmann lacht sich schlapp. Jo, zu Recht. FSC Black, und ihr dachtet, Kimmich wäre das Problem. Endlich sehen alle, dass Tuchel mit seiner Idee nichts in München verloren hat. Glückwunsch, ich weiß nicht, was es heißen soll, GGS. Glückwunsch an Leverkusen, ja. Bayern fliegt nicht gegen Lazio raus. Das werden wir sehen. Thomas Kremer, Grüße aus Leverkusen. Ja, viel Spaß. Mottegosch, verdient verloren, kann mich nicht erinnern, wo die Bayern keine Torchance hatten. Die Mannschaft ist tot und die halben Spieler wollen weg. Wirklich schade um De Ligt. Den Koreaner hätten wir nicht gebraucht. Mich wundert es nicht mehr, dass die Bayern nur mehr Mittelklasse-Spieler bekommen, bis auf Kane. Echt traurig, das Ganze. Mir graut schon vor Lazio-Spiele. Naja. Klaus Helber, Tuchel ist erfolgreich beim Reset. Ja. Krefeld, Tuchel, der Halskratzer, wer hat den eigentlich geholt? Kein einziges Spiel der Rückrunde ist Bayern würdig. Hätte Kimmich von Anfang an gespielt, hätten wir 6-0 verloren. Und Leverkusen hatte ein schweres Spiel unter der Woche. Unterirdisch wäre Franz noch da, wäre klar, was passiert. Nee, leider nicht, weil der Franz gar nicht mehr im Bayern-Geschäft involviert war. Ne? Leider. Dr. Pennywise. Stuttgart hat es besser gemacht. Jo. Cici. Alter, das kann ich niemals vorlesen, wie du es meinst. Das Problem mit dem Tuchi und Nagelchen, wenn der Drisch Gesch Bierwäsch sind, Schech nöt Flick, bösi Sach. Tastenspieler, Lösung. Bitte in Zukunft mit 11 ausländischen Spielern auflaufen. Das freut Nagelsmann und ist gut für den deutschen Fußball. Viel fehlt ja nicht mehr. Ja, aber da kann der FC Bayern ja nichts für. Park Joe, da hilft kein Trainer der Welt. Die meisten Spieler des FC Bayern haben schlicht und einfach nicht genug Gewinnermentalität. Mehr ist aus dieser Mannschaft einfach nicht rauszuholen. Leverkusen hat den Hunger gezeigt, den die satten Spieler des FC Bayern nicht mehr hinkriegen. Hätte Tuchel Leverkusen trainiert und Alonso die Bayern, wäre es wohl genauso ausgegangen. Nee, wäre es nicht. Das ist völliger
Völliger Tullux, Alter. Nochmal, ich habe das vorhin schon gesagt. Es ist ja nicht so, dass wir keine anderen Spieler haben. Wenn man das wirklich so sieht oder meint, dass ein Goretzka, ein Kimmich, ein Sané satt sind, dann stell sie doch einfach nicht auf. Wo ist das Problem? Stell sie nicht auf. Gut, aktuell ist Conny Leimer verletzt. Aktuell müsstest du einen Kimmich oder einen Goretzka vielleicht aufstellen. Aber du könntest auch einen Guerrero nehmen. Aber dann stelle sie doch einfach nicht auf. Es ist doch nicht so, dass wir keine Alternativen haben. So, ich fühle das Argument. 100 Pro, ja. Ich gehe ja mit. Ich habe es ja selber gesagt. Wir haben die Generation, die unterm Flick alles gewonnen hat an deutschen Spielern, die hat keinen Bock mehr. So, die reißt sich nicht mehr in den Arsch auf für den FC Bayern. Gehe ich voll mit. Aber dann muss ich die als Trainer doch einfach nicht aufstellen. So, entweder kriegen sie dann nach 3-4 Wochen wieder den Turn und werden wach, werden fickrig, sind heiß oder halt nicht. Aber da muss ich doch als Trainer sie nicht aufstellen. Und dann sind wir doch wieder da, dass der Trainer in der Verantwortung ist. So, es ist doch nicht nur, dass wir nur 13 Spieler haben. Das ist doch Schwachsinn. Picasso, völlig zutreffende Analyse. Tuchel wird nicht mehr lange bei Bayern sein. Na, hoffen wir es. Tobbe, 5 Punkte ist wenig, das Zittern willkommen für Bayern. Nee, wird's nicht. Vize-Bayern, genau, gönnt euch mal. Nach 11 Jahren könnt ihr euch alle erfreuen, habe ich gar kein Problem mit. Christian Brott, Hamann hatte recht, Tuchel ist ein Missverständnis. Thorsten freut sich auch. Dini Kemper, schon peinlich mit solch einem Kader. Jo. Tuchel raus, Malocha, Luca. Tuchel raus, Serge rein, nur er kann uns retten. Ganz genau, wir warten alle auf die Rückkehr von Serge, der wird uns noch zum Titel schießen. Gehe ich auch von aus. Leute, ich bin endlich durch, Halleluja. Ich danke euch für eure Kommentare. Sollten jetzt noch weitere dazukommen, habt ihr leider Pech gehabt. Die werde ich dann natürlich noch lesen, aber nicht beantworten. Ja, das nächste Spiel steht an mit Lazio. Ich bin gespannt, ob wir die Kurve kriegen oder ob jetzt ein komplettes Versagen kommt. Aktuell, ich kann es nicht prognostizieren. Also ich würde sagen, ja, wir sind da, wenn es drauf ankommt, aber dann wären wir das schon gegen Leverkusen gewesen. So, man hätte ja auch verlieren können, wäre ja alles gut gewesen, aber das war ja leider ein Offenbarungseid. So. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach so den Turnaround kriegt, weil machen wir uns nichts vor, es werden dieselben Spieler wieder spielen. Wahrscheinlich wird Tuchel auch sturerweise an seiner Fünferkette festhalten und De Ligt will wieder draußen sitzen. Ja, also machen wir uns nichts vor. Von daher mal abwarten. Tschüssi.